Ich würde nochmal auf die Abwägung und Langzeitwirkung sprechen. Man hat so das Gefühl, dass du jetzt in deiner Trainingsarbeit freier bist und das umsetzen kannst, was du vielleicht vorher auch gerne gemacht hättest, was dann aber bei dem einen oder anderen Spieler, ich nehme auch bewusst die Mannschaft in die Pflicht, dass da in Richtung Mentalität oder Charakter du dann letztendlich auch von dem einen oder anderen Spieler enttäuscht bist. Also es klingt so, dass du jetzt frei bist in deinen Entscheidungen, weil vorher hättest du abwägen müssen, ob einer jammert oder im Sommer den Verein verlassen will. Also nee, das ist nichts Bayern-spezifisches. Dann ist gut, dass wir es nochmal klären können, dass das ganz normal ist. Also dass du einem Spieler zum Beispiel, der von seinem, hat gar nichts mit Bayern zu tun, das ist in Paris und in Dortmund und in London nichts anderes. Und einem Spieler, der vielleicht schon lange im Verein ist, der lange spielt, der noch einen langen Vertrag hat, dass du das mit in deine Entscheidung, wie du mit ihm umgehst, wie du mit ihm planst, mit einbeziehst, ist, also so arbeite ich immer. Dass in dem Moment, wo du weißt, bitte? Auch bei der Aufstellung ist doch vollkommen egal, wie lange der einen Vertrag hat. Wenn er gut ist, spielt er, wenn er nicht gut spielt, sitzt er auf der Bank. Ja, okay. So kann man es auch sehen. Ich denke schon, dass es eine Rolle spielt und dass es eine Rolle spielt, also es ist auch ganz normal. Also jeder kriegt auch eine individuelle Behandlung und ob jemand jetzt als Newcomer, als 18-Jähriger, 19-Jähriger spielt oder als 25-Jähriger oder als 30-Jähriger, das ist schon eine andere Form von dem Umgang. Und da würde ich euch jetzt auch nicht mal außer Acht lassen. Also wenn Thomas Müller auf der Bank sitzt, wie sind da die Nachfragen? Oder wenn Rafa Guerrero auf der Bank sitzt? Macht ihr da kein... Das ist das Wort, aber das ist also sorry, das ist doch genau das Thema. Das ist doch genau das Thema. Also du beschreibst jetzt im Grunde was absolut in der Realität von euch als Feedback überhaupt nicht zurückkommt. Ihr seid auch die allerersten, die kompletten Unterschied machen und komplett darauf gehen. Wer wird ausgewechselt? Den hat er jetzt ausgewechselt und dann wird eine Woche Sondersendungen darüber gemacht. Dann werden zwei Wochen drüber geschrieben. Der gleiche Vorfall mit einem Rafa Guerrero oder mit einem jüngeren Spieler wird gar nicht darüber diskutiert. So, deshalb sind wir doch genau darin. Und das ist doch dann sehr naiv zu fragen, ist es nicht einfach so, der ist gut, der fliegt, der geht raus und der andere. Also so war es weder bei dir, als du gespielt hast, noch ist es heute so. Ist auch was ganz Normales und finde ich jetzt ein bisschen heuchlerisch, so um die Ecke zu kommen. Wir arbeiten immer so, dass du jetzt als Trainer, das war glaube ich für Jupp auch so, als Pep dann verkündet wurde, während er noch um alle Titel gekämpft hat und ja Gott sei Dank auch alle Titel geholt hat, glaube ich, gibt dir das, ob du das möchtest, ob wir das gut finden, schlecht finden und sonst was. Wir trainieren auch jetzt nicht anders, also wenn das so rübergekommen ist, wir trainieren nicht anders, aber es gibt dir einfach, ob du es willst, ob du es nicht willst, ob du es gut findest, es gibt dir auf jeden Fall ein paar Prozente an Entscheidungsspielraum, wo du ein bisschen rücksichtsloser sein kannst. Und wir werden sehen. Im Moment müssen wir ganz alleine schon aus der verletzten Situation viel Rücksicht nehmen. Ich glaube, dass das auch ein Riesenpunkt ist. Wir hatten in der ganzen Saison noch nicht einmal die Situation, dass Spieler wirklich um ihren Platz kämpfen, weil sie wissen, diese Position ist doppelt besetzt. Ich muss liefern im Training, ich muss liefern im Spiel, ich muss wieder liefern. Es ist mittlerweile so, dass jeder, der ins Training kommt, im Kader ist. Durch die ganze Saison gab es, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal die Situation, dass wir einem einzigen Lizenzspieler mal die schlechte Nachricht sagen müssen, dass er nicht im Kader ist. Das ist nicht förderlich für vielleicht genau das, was uns eigentlich allen fehlt, wenn wir spielen. Uns allen fehlt der Biss, das Verbissene, die Energie zu sagen, ey, ich gehe hier nicht vom Platz runter, ich muss hier, und am nächsten Tag muss ich wieder darum kämpfen. Und das ist mit Sicherheit auch ein großer Baustein in der Beschreibung der Situation. Ich weiß weder, wo ich angefangen habe, noch wie ich jetzt aus der Antwort rauskomme. Wild. So, mein Take, bevor ich erstmal ein paar organisatorische Dinge zu sagen habe, bevor wir dann loslegen. Mein Take ist, Kimmich macht sein letztes Saisonspiel gegen Leipzig. Den werden wir nicht mehr sehen unterm Tuchel. Ist mein Take jetzt. Nur mal
Natürlich ein Delicht auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber da können wir gleich mal ein bisschen spekulieren. Ich habe ein, zwei Sachen vorneweg, weil ich habe ja auf YouTube so ein, bevor ich hier auf den Chat draufgehe, ich habe ja auf YouTube so ein Q&A angekündigt und so ein bisschen Feedback-Sammelvideo gemacht und sowas und habe ja auf mehrfachen Wunsch in den Kommentaren zu diesem, warte, lass mich nicht Mist erzählen, Manotide oder sowas, habe ich ja eine Reaction gemacht. So, da kam dann halt in dem Feedback-Gedöns, ja, es war jetzt nur einer, der das geschrieben hat, aber da möchte ich kurz drauf eingehen, von wegen, dass man ja nicht so in diesen Reaction-Geschichte jetzt versinken sollte, dadurch irgendwie anderer Content auf der Strecke bleibt oder ich nur noch Reactions machen würde oder sowas. Also Leute, ich bin kein Reaction-YouTuber. Ja, ich mache Reactions auf die Pressekonferenzen vom FC Bayern und ja, ich habe das mal gemacht auf dem Manotide, weil das, ich glaube, 5 oder 6 Kommentare insgesamt da waren. Habe ich mir gesagt, komm, ziehst du den Dude mal rein. Ich fand ihn auch sehr sympathisch. Fand auch das Video technisch 1A, Bombe. Inhalt fand ich so semi, habe ich ja auch da gesagt. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwas gegen ihn habe. Ich denke, wenn man diese Reichweite hat, wie er das hat, kannst du auch nicht so ein meinungsstarker YouTuber sein, wie ich das zum Beispiel bin. Deswegen werden wir auch nie in diese Sphären stoßen, was auch völlig fein ist. Aber wenn du so ein, was weiß ich, 250.000 Abonnenten, 300.000 Klicks auf so ein Video, dann musst du natürlich den Spielraum lassen und weniger deine eigene Meinung reinbringen, damit auch alle Leute sich das anschauen und sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Also genau das Gegenteil, was hier bei mir ist. Ja. Mir ist das Wurst. Wenn sich hier jemand auf den Chips getreten fühlt, soll er woanders gucken gehen. Was ich am Ende des Tages sagen möchte, also ich habe nichts gegen den Manotide. Wie gesagt, war super sympathisch, aber nicht meine Art von Content. So. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir werden hier kein Reaction-Channel, Leute. Ihr müsst keine Angst haben, nur weil ich einmal eine Reaction auf ein anderes YouTube-Video gemacht habe. Ja, ich kann mir das vorstellen, wenn es da irgendwie mal Videos gibt, wo ein Typ ist, der ein bisschen mehr Aussagekraft hat oder der eine eigene Meinung vertritt einfach. Ja, dieses Video war zu 95% ohne eigene Meinung. Das waren einfach Statements aus irgendwelche Presse-Headlines und sonst irgendwas. Ja, da war kaum eigene Meinung drin. Sollte es mal irgendwie einen Vorschlag geben zum Video, wo ein bisschen mehr eigene Meinung ist, so dass man, ja, man muss ja nicht gegenteiliger Meinung sein, aber dass da wenigstens ein Typ ist, der eine eigene Meinung hat und die vertritt so. Dann kann ich mir vorstellen, da mal eine Reaction drauf zu machen. Aber ihr müsst keine Angst haben, hier wird kein anderer Content wegbleiben, nur weil ich mal ein Reaction-Video mache. Ja, also das sollte klar sein. Und nein, es wird hier nicht jeden zweiten Tag ein Reaction-Video geben. Das sollte auch klar sein, Leute. Ja? Das wollte ich einfach nur mal klarstellen, bevor wir jetzt in irgendwas reingehen hier. Ja, es wird alles so bleiben, wie es ist. Ich habe ja schon gesagt in dem Feedback-Video, wer sich das angeguckt hat, es wird vielleicht nochmal 1 oder 2 andere Formate vielleicht mal geben zum Antesten, aber wir werden hier definitiv keine Reaction-YouTube-Kanal. So, das wollte ich nur mal kurz festgehalten haben. Niklas, vielen Dank für dein Primey im 3. Monat. So, ja, ich gehe jetzt erstmal kurz den Chat durch, wa? Erstmal natürlich Hallöchen, viele liebe Grüße an euch alle, Leute, schön, dass ihr da seid. Die Mara ist natürlich auch dabei, vielleicht möchte sie ja mal kurz Hallo sagen. Servus. So, ich denke, die Lautstärke sollte passen. Auch die Sounds habe ich in der Ecke leiser gemacht, damit sie uns nicht so nerven, wenn wir hier oder wenn ich irgendwas erzähle. Und ich denke, damit sind wir schon mal gut gerüstet. Ich denke, die Pressekonferenz alleine, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und könnte 3 Stunden einen Monolog halten. Wäre gar kein Problem auf die Aussagen, die der Tuchel allein in diesen 4,5 Minuten, die ich euch gerade vorgespielt habe, im Intro getätigt hat. Aber ich gucke mal, was eure Meinung dazu ist. Ja? Ich meine, vielleicht sehen wir jetzt nach dem Leipzig-Spiel, hat er ja selber gesagt, aber zum Leipzig-Spiel hat er noch ein bisschen Druck, weil nicht so viele Leute da sind. Da muss er noch gewisse Leute spielen lassen. Aber nach dem Leipzig-Spiel wird dann das Leistungsprinzip beim FC Bayern ausgerufen. Ich bin sehr gespannt. So. Erstmal Peter, Servus, Martin, Sweet, Tobi, Jadro, Mara, Olli, Anbu. The Boy, Fladi, Yakuma. Heute sind nicht so viele. Ich versuch's mal. Haubi, Chico, The Boy. Hatte ich schon, ne? Oder nicht? Ist auch egal. Tobi, Viktor Mehlmann, Andreas Heidrich, Michael S., Pudus,
Sigmar Krause, Koyolo, Fraß, wilder Name. Andreas Heidrich, Andi, What's up? Frank Lengenpart natürlich, genialer Fußballspieler. Viktor Mehlmann, Niklas, Sigmar Krause, Fock, Peter Leckarsch, Leckarsch oder was? Leck mein Arsch oder was? Oder Leckarsch ist dein Name? Nein, oder? Den musst du mir erklären. Ist das jetzt ein Nickname oder ist das dein Nachname? Dann hast du aber auf jeden Fall gut was erlebt im Leben, denke ich. Forgot me, Servi. Servi. Servus ist schon weg. Zenon, Servus. Eufer, Servus. Thorsten, Servus. Guck mal, geht doch heute. Läuft bei uns. So. Jetzt kann ich auch mal lesen, was ihr so geschrieben habt. Die Aussage von Ihnen verstehe ich eher so, dass man als Verein halt die Gesichter hat, die den repräsentieren und die müssen spielen auf Kosten der jüngeren Talente, oder verstehe ich das falsch? Nee, ich würde sagen, das verstehst du falsch, weil wenn dem so wäre, wer ist denn das Obergesicht in unserem Verein? Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das Thomas Müller ist. Und Thomas Müller saß ja 70% der gesamten Spielzeit draußen. Also denke ich nicht, dass man diesen Take bringen kann. Tuchel hat das ja irgendwie so dargestellt, dass er da auf Rücksicht nehmen muss, wenn diese Spieler dann, ich drück's mal einfacher aus, pissig sind, ja, einen schlechten Einfluss auf die Mannschaft haben oder dann trotzigerweise den Verein am Ende der Saison verlassen wollen, wenn sie nicht spielen. Ja, Halleluja, wäre das schön gewesen, wenn das passiert wäre. Ich denke, ihm geht's da eher um die Teamchemie und darum, ja, die Spieler vielleicht nicht zu verbrennen, auf ihn bezogen oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich verstehe den Take halt sowieso nicht. Wenn man bei einer Profimannschaft ist, wo es um Leistung geht, im Leistungssport unterwegs ist, dann noch beim FC Bayern, sich dahin zu setzen und zu sagen, ja, na klar, das ist völlig normal, dass wir kein Leistungsprinzip haben. Es geht nach Standing, nach der Zugehörigkeit. Frag mich nicht, wie er es am Ende des Tages gemeint hat. Ich weiß nicht, ich muss mal den Tuchel mal fragen. Ganz wild auf jeden Fall. Chico, ja, sehr gerne, ne? Und natürlich, danke. Andreas Heidrich. Servus. Vielen lieben Dank. Genau, Club 13 Mitglied. Vielen lieben Dank dafür. Willkommen natürlich. Die Pressekonferenz war wohl eine der ehrlichsten in den letzten Jahren in der Bundesliga. Auf diese Sache bezogen, mit Sicherheit. Das ist aber auch schon ein wilder Take. Ich weiß auch nicht, ob das jeder Bundesliga-Trainer so unterschreiben würde, oder? Anbo? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich fand es sehr, sehr wild. Ich fand es auch sehr wild, dass Tuchel sagt, dass er das eigentlich bei allen Stationen so handhabt. Schon wild. Aber nochmal, ich habe es ja, wer die Rätschen schon gesehen hat, ich weiß es ja nicht, wahrscheinlich nicht alle. Für mich erklärt sich damit so viel. Ja, alles, was ich am Tuchel kritisiert habe, ist ja genau das. Ja, und er hat jetzt das Argument geliefert, warum er das so macht, wie er es macht. Also habe ich mich persönlich auf jeden Fall zu 100% im Tuchel getäuscht. Weil deswegen war ich auch so enttäuscht vom Tuchel letzte Saison. Weil ich dachte, genau dieser Trainer tut das nicht. Genau dieser Trainer kommt und sagt, so, hallo, lieber FC Bayern, ich bin da, Thomas Tuchel. Und jetzt Leistungsprinzip. So, und genau das hat er nicht getan. Thomas, die Lokomotive Tutu giftet et hier 1 sub du DG Ritter 81. Thomas, ist schon wieder soweit, oder was? Thomas, vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs. Thomas, die Lokomotive Tutu giftet et hier 1 sub du Bandscheibe. Ein Domai, Digi Ritter, Bandscheibe, Raffi. Was macht der Raffi denn hier? Raffi, was ist los? Und Amir ist Amir. Vielen lieben Dank. Ja, hier fallen die Tore, ne? Hier fallen sie.
Thomas die Lokomotive tut Ach, herrlich. Tier 1 Sub du DOMI 86. Könnte jetzt ein bisschen zu leise sein, wenn die gute Dame das vorliest, oder? Müsst ihr mal in den Chat schreiben. Thomas die Lokomotive tut giftet Tier 1 Sub Das du Utopischste, was ich seit langem gehört habe. 8603. Ist auch gut. Mein Tag ist, Kimmich macht nicht mehr ein Spiel für die Bayern, weil er im Sommer geht. Ja, aber er geht ja dann im Sommer, weil er kein Spiel mehr macht, oder? Wir wissen ja noch nicht, wer neuer Trainer wird. Vielleicht ist der ja absoluter Kimmich-Fan. So, schwer zu sagen, oder? Aber wenn der Tuchel ihn jetzt durchgehend auf die Bank setzt, wovon ich persönlich wirklich ausgehe, weil die Szene, wo der Tuchel so auf der Bank saß, war halt auch, wo Kimmich den Fehlpass ins Ausgespielt hat. Ja? Und wenn ich seine Worte richtig interpretiere, auch so, ja, ich bin ja jetzt noch gezwungen, weil wir keinen anderen haben, der das spielen kann. Also sollte Kimmich als Rechtsverteidiger auflaufen, bezog sich das definitiv auf Kimmich. Und dann wird Kimmich einen sehr, sehr schweren Stand die kommenden Spiele haben. Ach, wild. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie die Aufstellung aussieht, wenn Tuchel mal nach Leistung aufstellt. Eieiei. Heute liegt erstmal Leverkusen wieder vor. Ja, ich habe ja gerade noch getippt. Ich war kurz so am Überlegen. Lässt du den FC Bayern raus und tippst mal so ein 2:1 für Mainz, weil Mainz so letztes Spiel gewonnen und Abstiegskampf und gegen den Abstieg Hochhauser Favorit. 8 Punkte Vorsprung, da kommt vielleicht so ein bisschen der Schlendrian rein. Aber ich habe 3:0 für Leverkusen am Ende des Tages getippt. Aber wer weiß, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Tuchel macht keine Aufstellung mehr, das ist fix. Ach doch, der macht die Aufstellung. Aber der macht jetzt mal Aufstellung, so wie er aufstellen würde, wenn er dürfte. So interpretiere ich diese Aussagen. Ja, natürlich. Und erstmal allen einen schönen Start ins Wochenende, wa? What's up? Manu Thiel ist bekennender Bayern-Fan, bekommt aber nicht hin, Klartext zu reden. Ja, können wir ja nochmal kurz drauf eingehen, ist ja kein Thema. Wenn du diese Reichweite hast, die er hat, wahrscheinlich wird er ja auch davon leben. Ist ja wahrscheinlich sein Beruf, ne, denke ich. Ich weiß es nicht, müsst ihr, wenn ihr den schaut, ihr wisst das vielleicht besser. Aber wenn du diese Reichweite hast, kannst du halt nicht so agieren, wie ich agiere. Ja, du würdest ja die Hälfte deiner Reichweite direkt vergraulen, weil ich meine, ihr seht in meinen Kommentaren, wie viele Bayern-Fans, wir reden von Bayern-Fans, nicht Fans von anderen Vereinen, würde ich ja noch verstehen. Wir reden von Bayern-Fans, die sich in der Hinrunde auf den Schlips getreten oder persönlich angegriffen gefühlt haben, weil ich gesagt habe, wir spielen scheiß Fußball und wir stehen mit viel Glück auf Tabellenplatz 2, weil 2, 3 Spieler durch Einzelaktionen alles kaschieren. Wie viele Leute sich da aufgeregt haben, wie viele Leute auch beleidigend wurden und ich die ausblenden musste, die das halt einfach nicht raffen. So, und wenn du dann so eine Reichweite hast und davon lebst, also deinen Lebensunterhalt davon verdienst, musst du natürlich ein bisschen anders agieren und deine eigene Meinung ein bisschen hinten anstellen. Ja? Und das alles ein bisschen normaler formulieren. Und wie gesagt, das Video war ja gut. Er ist ja auch ein sympathischer Dude. Und faktisch war das ja auch gut aufbereitet und technisch sowieso. Aber mir persönlich hat halt die eigene Meinung gefehlt. Aber völlig verständlich, wenn du diese Reichweite hast und davon lebst, kannst du natürlich nicht so agieren und die Hälfte deiner Zuschauer quasi vergraulen, weil du denen auf den Schlips trittst. Ja, das ist völlig normal, würde ich sagen. Victor, ich finde cool, dass wir fast die gleiche Meinung über Tuchel und die Bayern haben. Ja, guck mal, dann bist du auch einer, der ein bisschen tiefer reinblickt. Das ist doch schön. Niklas, servus. So traurig, wie viele hier das Tuchel ausfeiern, völlig unbegreiflich. Warum ist das völlig unbegreiflich? Ich meine, Tuchel hat sich doch gerade auf den FC Bayern bezogen, hat er doch gerade auch klargestellt, warum er entlassen oder warum man sich zum Saisonende trennt. Er hat ja selber gesagt, es ist keine spielerische Entwicklung da. Ja, und wenn man das nach 11 Monaten sagt, dann muss man einfach sagen, dass das nicht passt. Ja, oder dass er einfach es nicht hinbekommt. So, und wenn er dann noch sagt, den letzten Take, den er gebracht hat, dass er halt auch nicht nach Leistung aufstellt,
weil er weiterdenken muss und andere Dinge mit einbeziehen muss. Ja, sorry, Alter, dann bist du aber auch falsch beim FC Bayern. So. Ja, meine Meinung. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und feiern ist das völlig verkehrte Wort. Ja. Wie gesagt, wenn Tuchel nach Leistung, habe ich ja 100.000 Mal gesagt, wenn Tuchel mal nach Leistung aufstellen würde und endlich mal man auch sehen würde, welche Idee er von Fußball hat und das auch mal ein bisschen mehr umgesetzt werden würde, hätte ich gar kein Problem mit dem Thomas Tuchel. Ja, ganz im Gegenteil. Aber genau das hat er ja leider nicht getan. So, wäre denn das Problem gewesen, wenn er sagt, der Kimmich zerstört mein Spiel, kriegt das nicht geschissen, spielt den Ball zu langsam nach vorne, ist nie da, wo er sein soll, den setze ich auf die Bank. Wäre doch gut gewesen. Also ich hätte da applaudiert. Ja, jetzt nicht nur auf Kimmich bezogen, auf jeden, der halt bei ihm nicht passt. Wäre doch gut gewesen. So hat er aber nicht getan. Und von daher muss man am Ende des Tages sagen, dass es für den FC Bayern zu wenig war. So. Ja, wir können sagen, wir müssen festhalten, dass wir zum Glück dass zum Glück ein Sané ist, wie ein Sané ist, dass er nur 10, 15 gute Spiele hat, dass Musiala keine sehr gute Form hat, ein Müller auch nicht wirklich einen guten Impact hat und dadurch ein Harry Kane in der Luft hängt und wir deswegen 3 Spiele verloren haben. Weil sonst hätte der Verein ja kein Hebel gehabt. Ja? So, jetzt hat er den gehabt. Ja. Niklas, wie bekommt man so ein Club 13 Abzeichen? Ja, das ist nur das Symbol, dass derjenige halt Kanalmitglied auf YouTube ist. Mehr ist das nicht. Da hast du keinerlei Vorteile oder sonst was. Die einzigen Vorteil, den du dadurch hast, ist, dass ich die Kommentare der Clubmitglieder jetzt auch nochmal in so einem Videoformat beantworte. Das ist alles. Nach knapp 12 Monaten kann man ja auch mal nach Leistung aufstellen. Ja, eben, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ja, Grüße nach Düsseldorf, wa? Thorsten, guten Abend. Wie geht's euch so? Mir geht's ganz gut, ja. Ich freue mich auf die kommenden Wochen beim FC Bayern. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich bin gespannt, ob er jetzt echt wirklich, ob er den Sané die ganze Zeit verschont hat. Ja, eben, also die Aussage von wegen, ja, ich muss ja auch gucken, dass diese Spieler dann am Ende der Saison nicht den Verein verlassen. So, diese Aussage, denke ich, ist auf den Leroy bezogen, oder? Leroy hatte ein paar Angebote, war irgendwo im Gespräch, wo er seine Hochphase mal wieder hatte. Hat dann ganz stark abgebaut, war zum Schluss richtig grottig. Tuchel hat nie einen Tell eingesetzt. Oder auch jetzt ein Brian, der da ist. Da bin ich auch sehr gespannt, ob Leroy, wenn er weiterhin diese Leistung bringt, trotzdem weiter spielen darf, oder ob Tuchel jetzt sagt, ja, ist mir doch egal. Bin sehr gespannt. Wir haben ein paar Faktoren, die auf jeden Fall interessant werden könnten jetzt. Und wer weiß, wenn man diese Spieler mal raussetzt, vielleicht kommt da auf einmal eine Leistungssteigerung. Wer weiß. Manuel, servus. Bavarien, guten Abend. Marco, einen wunderbaren guten Abend. Wünsche ich dir auch. Fand ihn erfrischend locker. Ja. Hat auch gezeigt, was für einen Druck auf seine Schultern gelastet hat und welche Macht wohl die Bayern-Kabine oder die Jungs da oben auf die Aufstellung haben. Na, das glaube ich nicht. Weil er sagte ja, das macht er immer so, hat er ja gesagt. Er hat ja explizit Dortmund, Paris und London mit reingenommen. Das habe ich halt auch nicht verstanden. Da hat er explizit immer darauf hingewiesen, dass es nicht nur beim FC Bayern so ist, sondern bei allen seinen Stationen, dass er das so handhabt. Aber ja, natürlich haben gewisse Spieler zu viel Macht in diesem Verein. Ja, das denke ich auch. Matthias, servus. Ich finde es aber extrem schwach, dass wir keine eigene Pressekonferenz gemacht haben mit einem. Das fand ich auch sehr schwach, Abu. Da muss ich dir 100% zustimmen. Völlig unverständlich, ja. Vor allen Dingen, weil dann ja auch 2, 3 Fragen da waren, was ja logisch ist. Es war ja auch nur eine Frage zum Leipzig-Spielern da. Wer hätte das nur erahnen können? Dass man den Trainer da wieder im Regen stehen lässt. Ja.
Da gehört ein Freund mit hingesetzt, dann fängt man die Pressekonferenz eine halbe Stunde eher an, sagt, wir machen jetzt eine halbe Stunde das Thema zur Trennung im Sommer und danach gehen wir auf Fragen zum Spiel ein. Und gut. Ja, da wurden ja teilweise Fragen gestellt, das ist ja eine absolute Frechheit. Ja, die kann Tuchel gar nicht beantworten. Wie zum Beispiel mit der Identifikation. Natürlich kommt das für uns Fans so rüber, wenn der Trainer da bis hier vermummt sitzt und irgendwie das nicht ausstrahlt. Da wäre es doch schön gewesen, wäre da ein Sportdirektor daneben gesessen und hätte gleich mal gesagt, pass mal auf, so und so ist das und so ist das nicht. Ja. Fand ich sehr erbärmlich. Hat unsere Führung mal wieder absolut ins Klo gegriffen. Ja, das muss man knallhart so sagen. Das ist eines Top-Clubs in Europa unwürdig, wie man mit diesen Situationen umgeht. Ich dachte ja schon so, Brazzo und Olli, das war ja schon die Begräbnis-PK, die war ja schon wirklich peinlich, dass man dann aber gar keine macht und einfach nur einen Zweizeiler rausholt auf der Bayern-Seite und sagt, ja, wir trennen uns im Sommer von Thomas Tuchel. Das ist lächerlich. Ja, das ist auch, man kann ja über Thomas Tuchel denken, wie man möchte. Wie gesagt, sportlich ist er für mich absolut unpassend beim FC Bayern, aber menschlich gesehen ist das ein Verhalten vom Verein, das ist traurig. Ja, das ist einfach traurig. Wirklich traurig. Das hat kein Trainer verdient. Also nochmal, das ist, ich meine, wenn man jetzt gerade keine Zeit hatte oder so, hätte man ja sagen können, pass mal auf, wir haben in 10 Tagen eine PK an dem und den Termin, alles gut. Wäre ja gut gewesen, ja. Aber so gar nicht einfach diesen Zweizeiler auf die Seite zu knallen und zu sagen, so ist das jetzt, das ist schon harter Tobak, also. Finde ich auch nicht gut, ja. Leider. Ich meine, idealerweise hätte da mal der Uli oder der Kalle die Eier gehabt, ja. Die haben das ja sehr wahrscheinlich wieder entschieden, ne? Ich glaube nicht, dass das von Christoph Freund kam. Ja. Und das sind Chrissy und unser super toller Presi, müssen wir nicht reden, dass die sportlich keine Kompetenzen haben. Also, ja, ist logisch, von wo der Wind geweht hat, oder? So, dann hätten die den Wind da wehen lassen, sich auch mal da hinsetzen können. Und sich nicht dahinter verstecken müssen, dass man sagt, ja, wir sind ja im operativen Geschäft nicht mehr tätig. Ja, nee, ist klar. Ich fand das Verhalten und die Aussagen von Tuchel heute sehr gut. Ich hoffe, er zieht jetzt durch, damit die Spielerchen auch mal ihr Fett abbekommen. Ja, aber das hätte er ja auch vorher machen können, ja. Also wie gesagt, diese Argumentation von Tuchel ist für mich keine Argumentation. Also wir reden über Leistungssport und da haben die zu spielen, die beste Leistung bringen. Ob der 18 ist, ob der 23 ist, ob der 30 ist, ob der 10 Jahre im Verein ist, 2 Jahre oder 2 Monate Spiel, sollte keine Rolle spielen. Ja? Deswegen habe ich das nicht ganz verstanden. Du hast ja gesagt, du bist enttäuscht von Tuchel wegen dem Leistungsprinzip. In England hat er zum Beispiel den Top-Transfer auf die Bank gesetzt. Lukaku, ja, weiß ich. Denke irgendwie, dass da der Uli, das ist ja auch, warum ich diese Hoffnung auch hatte, weil ich habe das ja auch mitgekriegt, wie knallhart er da die Spieler aussortiert hat. Aber wenn man das jetzt einordnet, was er jetzt in dieser PK gesagt hat und man dann auch die Aussagen von so ein paar PKs vorher mitnimmt, ja, er hat ja auch zum Brian gesagt, so ja, der braucht noch ewig. Ja? Weil der hat ja natürlich noch keine Reputation. Und man will da dann diesen gestandenen Spieler nicht auf die Füße treten. Ich weiß nicht, was mit Lukaku da genau gelaufen ist. Ich weiß auch nicht, wer die Alternative war. War das Timo Werner? War der noch da? Im Sturm? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß. Ich persönlich blick beim Tuchel nicht mehr durch. Ganz ehrlich, heute diese Aussagen, die haben für mich viel erklärt. Ja, logisch. All das, was ich kritisiert habe, hat er ja heute zugegeben, dass es so ist. Ja, also alles gut, aber durchblicken tue ich da nicht. Ich weiß nicht, wie man, also ist das gang und gäbe heutzutage als Trainer in den Vereinen oder was? Oder ist er da eine Ausnahme? Ich weiß es nicht. Moin! Tuchel ist meiner Meinung nach ein Star-Trainer. Er hat viel erreicht, das ist klar, aber menschlich ist er einfach sehr schwer zu nehmen. Ja, da habe ich zum Beispiel gar kein Problem so menschlich. Das ist mir eigentlich, das ist, keine Ahnung. Ich fand ihn so bei den PKs so menschlich eigentlich, ja, ein bisschen dünnhäutig teilweise, das stimmt schon. Aber ja, du musst ja auch nicht menschlich immer alles gut sein. Du musst die ganzen Spieler pudern bis zum geht nicht mehr. Da sind wir ja wieder bei diesem Leistungsprinzip. Ja, vielleicht ist das Tuchels Art auch, weil man ihm das so nachsagt, so, ja, er ist menschlich schwierig oder so. Also, weiß ich nicht.
Also ich kann mir das unter Van Gaal zum Beispiel nicht vorstellen. Und wenn ihr euch mal an Louis van Gaal und die Gomez-Story erinnert, wie lange er ihn ignoriert hat und ihm gesagt hat, nein, du, das ist falsch, du und so. Und wo er dann das so umgesetzt hatte, wie er es sich vorstellt und die Leistung gebracht hat, hat er ja auch dann gespielt. Ne? So wild. Weiß ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum er das nicht gemacht hat. Er tut sich doch selber keinen Gefallen. Neymar hatte er auch mehrere Spiele draußen, weil er nicht auf der Höhe war, also wo er dieser war. Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weiß der Anbu da was. Vielleicht hat er da eine These zu. Hast du die Aussage gelesen von Nagelsmann zu Kimmich und Groß? Ja, habe ich gelesen. Du versuchst doch eh nur noch Schadensbegrenzung zu betreiben, damit er in Zukunft bei anderen Vereinen nicht wie... Ja gut, aber wenn er Schadensbegrenzung betreiben würde, dann hätte er so ein Take nicht gemacht. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, der FC Barcelona wäre und da sitzt ein Trainer, der mir sagt, ja, ich stelle aber nicht nach Leistung auf, sondern eher wie die Spieler, welche Verdienste die für den Verein haben und so weiter, dann weiß ich nicht, ob so ein Top-Verein dann sagt, boah ja, genau das brauchen wir. Also, weiß ich nicht. Doris Aussagen zum nicht existierenden Landesbrief waren echt der Hammer. Dass er das auch so lange durchgezogen hat, obwohl sein Job ja schon länger in Gefahr war, ist schon bemerkenswert. Leider Gottes macht die Vereinsführung nach wie vor keine gute Figur, wenn ich schon keine extra PK nach der Ankündigung mit Freund, Dresen und vielleicht auch Tuchel mache. Ist es zwingend, dass zumindest Dresen oder Freund sich da heute mit in die PK setzen? Ja, sehe ich genauso. Habe ich ja gerade was zu gesagt. Jetzt nur noch Pokalspiele, ja. Geil, oder? War auch eine geile Aussage. Diese Mannschaft hat so einen toxischen und beschissenen Charakter, ich kann nicht mehr in Worte fassen, wie traurig und bitter das ist. Ja, aber da müssen wir auch mal über die Personalie Müller reden, wa? Die ja alle vergöttern. Wirst du für die nächste Saison Musiala und Wirtz sehen im Mittelfeld? Entweder 2 ZMs oder 2 OMs oder würde das nicht funktionieren? Ja, das kommt auf den Trainer an, der kommen wird. Ne? Simon, Servus. Warum sollte das nicht funktionieren? Aber es kommt halt darauf an, was der neue Trainer für eine Philosophie vertritt. Ob er lieber über die Außen spielen möchte oder ob er lieber mehr durch die Mitte spielen möchte. Also ich denke, beide sind auch in der Lage, mal über Außen dann das Spiel zu machen, aber sind schon eher Spieler, die auf den Halbpositionen und mehr in die Mitte orientiert sind. Ne? Nichts für ungut, aber für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle, dass wir nochmal an Leverkusen rankommen, beziehungsweise sogar noch mehr geht, verliere ich, um ehrlich zu sein, den Glauben in die Menschheit. Ja, das verstehe ich, sehe ich genauso. Also für mich ist das Thema auch durch. Ne? Aber da man ja Fan ist, es keimt ja immer mal so das Lichtchen auf. Ne? Wenn man dann hört so, jo, jetzt gibt's vielleicht ein Leistungsprinzip bei uns, vielleicht bringen wir dann mal Leistung und ja. Aber nein, eigentlich sollte das Thema durch sein. Geld her oder ich fall um? Oder was meinst du? Man sollte aber auch bedenken, dass Manu Thiele ein unparteiischer Kanal ist. Klar ist der Bayern-Sympathisant, aber er trägt immer das Trikot vom Verein aus dem Video, darum auch etwas neutraler. Ja, ist ja auch völlig okay. No, Niklas, für mich völlig okay. All deine Aussagen über das Spielgeschehen der Bayern empfinde ich seit Anfang der Saison genauso. Ich bin kein Schönredner, sondern Realist. Forget me. Jo, sind wir auf einer Wellenlänge. Aber ich war halt auf dem Fenster geworfen mit meinem 5:1 Sieg. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tuchel hat das ja bei jedem Verein gemacht. Vielleicht lag das auch daran, dass in den anderen Vereinen die selbsternannten Leistungsträger auch wirklich Leistung bringen. Nicht wie König Josch. Ja, natürlich, das ist ja ein Problem bei uns. Aber dann hätte man das ja auch bei uns dann mal anders handeln können, oder nicht? Ich meine, man hat die Reaktion gesehen auf das war ja nicht das erste Mal, ja, auch die Reaktion auf den Goretzka und so weiter. Da hat man ja die Antipathie oder die Verzweiflung gesehen beim Tuchel. Ja, er hat's ja realisiert. Das ist ja, was ich auch immer kritisiert habe. Er hat's realisiert, aber hat es nie geändert. Nie. Ja, deswegen ist er überhaupt in die Bredouille gekommen, die er gerade ist. Also das habe ich nie verstehe ich immer noch nicht. Ja, ich bin enttäuscht vom Tuchel-Leistungsprinzip. England, ja gut, das hast du ja gerade schon geschrieben. Ich glaube, also, weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Uli aus dem Hintergrund sagt, du musst aber unbedingt einen Kimi spielen lassen. Also wenn dem so wäre, dann kannst du den Verein begraben. Ne? Also dann wirklich. Xabi Alonso wird der Neue. Naja, mal abwarten, wa? Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl.
Man hat ja gesehen, wie gut das funktioniert hatte, als Uli vor 1 bis 2 Jahren weg war. Ja, Uli war ja nicht weg. Er war ja genauso im Hintergrund, wie er jetzt auch im Hintergrund ist. Das ist ja das Problem. Ja? Wie sollen sich denn die Charaktere selbst verwirklichen oder in ihre Rolle finden, wenn sie immer noch den Diener machen müssen vom Uli? Ja, Uli, dürfen wir das jetzt so tun? Uli, dürfen wir das jetzt so tun? Ist das okay? So, wie willst du da, weißt du? Oder wenn du 3-mal eine Scheißentscheidung fällst, dann kommt der Uli vom Tegernsee runtergefahren und wirft wieder alles um im Verein. Das ist halt das Problem, wenn du Leute da hast. Nichts gegen Uli, ja, wir müssen Uli unendlich dankbar sein. Aber es kann halt nicht sein, dass man sagt, so, ich bin aus dem operativen Geschäft raus und greife jedes Mal ins operative Geschäft ein, wenn irgendwas passiert, was mir persönlich nicht gefällt. Ja, das passt halt leider nicht zusammen. Da muss ich ein Stück hochscrollen, der Kommentar ist gleich weg. Das hatten wir. Ich hatte gerade irgendwas von den... Warte. Da. Nee, dass ich sie mag. Ich habe irgendwas gerade von den Bayern Frauen gelesen, aber leider war das schon wieder ausgeblendet bei mir. Schon wieder wild. Guck mal eben. Ich denke mal, du meinst es von 25 Cent Pfund. Bin ja Fan der Frauen des FC Bayern. Da klappt es gut, dass die Spielerinnen, die gekauft werden, passen in den Verein und sie harmonieren. Ja, das konnte ich halt nicht lesen, ne? Aber das meinte ich dann, ja. Ja, da bin ich leider gar nicht im Thema. So ein bisschen, ja, kriege ich da halt schon mit so, aber weiß ich nicht. Ich bin mit dem Frauenfußball bisher nie warm geworden, aber ich habe auch nicht die Zeit, mir da mal irgendwie mal wirklich was anzuschauen und mal wirklich zu gucken, wie weit der Frauenfußball mittlerweile ist. Kann ich halt gar nichts zu sagen, leider. Hast du auch empfunden, die Aussage mit dem Verein verlassen auf Liebe bezogen? Ja, denke ich auch, Chico. Ben, selber so ein Glück auf. Ja, der Klopp hat wie gesagt, Klopp ist aber auch ein Trainer, der super, also ich denke, dass es eine super anstrengende Coaching-Art ist, die er hat. Ja, er ist ja immer on fire. Er ist ja immer on fire, der Mensch. Ja, der braucht wirklich mal ein Jahr, wo er einfach mal runterkommt. Und die Frage ist, ob er dann nochmal wiederkommt. Frag mich, ob die Intention, Spiele aufzustellen, obwohl sie nicht seinen Leistungsprinzipien entsprechend von Tuchel selbst kamen oder von der Vereinsführung. Wie gesagt, das wäre traurig, wenn es so wäre. Aber da er gesagt hat, er handelt das immer so und das explizit nochmal betont hat, dass es nicht nur beim FC Bayern so ist, weiß ich nicht. Ich bin aber auch nicht drin in in den Stationen, wo er vorher war, ob er das da wirklich so gehandelt hat oder ob er das jetzt nur gesagt hat, um den FC Bayern da irgendwie zu schützen. Also wenn das wirklich dann so von Richtung Hoeneß kommt oder sowas, Alter, dann hätte der Tuchel direkt sagen müssen, pass mal auf, ich lasse mir hier nicht reinreden, so wie es ein Louis van Gaal damals auch getan hat. Entweder habe ich hier das Sagen oder ich bin weg. Punkt. Ja. Dass die nächsten 3 Spiele hoch gewonnen wird. Ja, da bin ich mal gespannt. Welche Reaction? Du hast doch nur eine gemacht, hast du gerade noch gesagt. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf was bezogen das ist. Ich sehe ihn Eberl auch nicht als Heißbringer. Da müssen wir mal abwarten. Ob er sich vom Uli abkanzelt. Dann kann das was werden, ne? Er soll endlich mal ein Tell aufstellen. Ich denke, das wird er jetzt tun, ne? Gehe ich fest von aus. Bin sehr gespannt, ja. Ja, natürlich muss er sich hinterfragen. Also, ich meine, wenn man diese Art hat, ist ja okay, aus meiner Sicht nicht im Leistungssport, aber gut, wenn das seine Coaching, man sieht ja, er hat Erfolge damit gehabt, wenn das seine Coaching-Strategie ist, aber da muss man sich nach 11 Monaten halt einfach hinterfragen, ob das dann sinnig war, das länger wie, keine Ahnung, 3, 4, 5 Monate durchzuziehen, was er da jetzt durchgezogen hat. Ja? Wo er gesehen hat, es ändert sich ja nichts. So, da hätte man ja mal überlegen können, soll ich nicht mal von meiner eigentlichen Strategie abweichen und das mal anders versuchen. Wenn er Leistung aufgestellt wird, wer deiner Meinung nach darf nicht in der Startelf stehen?
Stand heute. Stand heute. Du musst ja gucken, welche Alternativen wir haben. Also Kimmich ist alternativlos, weil Rechtsverteidiger spielen muss. Ich kann dir sagen, wer definitiv in der Startelf stehen muss in jedem Spiel, ist für mich Pavlovic. Ein Sané würde ich... Ja, obwohl Sané hat sich ein bisschen Mühe gegeben. Ach, das ist schwer zu sagen. Ja, das müsste man echt sehen dann von Woche zu Woche. Also wenn wir jetzt das Spiel von Bochum als Dingens nehmen, ja, trotz des Tores sollte man dann für Musiala vielleicht auch mal sagen, pass mal auf, Jamal, mach mal eine Spielpause, wa? Und Müller war auch eine Katastrophe gegen Bochum zum Beispiel. Ja, hätte bei mir auch keine Startelf-Berechtigung aktuell. Ansonsten alles andere stellt sich ja leider von alleine auf. Minjay wird bei mir auch nicht spielen, da müssen wir gar nicht drum herum reden, weil mir wäre Dyer und, wie ich es im Taktikfuchs gezeigt habe, die Luft gesetzt. Aber du hast natürlich wenig Alternativen aktuell. Von daher ist es schwer, jetzt zu sagen, ich nehme jetzt alle raus. So, ja, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Aber wenn man danach geht, müsste man einfach den Tell jetzt mal belohnen und einen Pavlovic auch. So, die beiden müssen in die Startelf. Fertig. Wen du da jetzt rausnimmst, ob einen Jamal rausnimmst, ob einen Sané rausnimmst, ob einen Müller rausnimmst, das ist alles ungefähr ein und derselbe Leistungsstand. Traurig, das zu sagen, aber es ist so. Ja? Und wenn man mal richtig Risiko gehen würde, würde man vielleicht den Brian auch noch von Anfang an bringen. Ja. Menschliches hat halt nicht viel Platz in diesem Geschäft, das ist doch bekannt. Ja, aber anscheinend ist es ja beim Tuchel anders. Wenn das menschlich scheißegal wäre, dann könnte er doch die Spieler rausnehmen, wenn sie keine Leistung bringen, oder? Julian kommt nicht wieder, nee, keine Sorge. Tuchel bleibt mir so in Erinnerung, wie er im Lazio-Spiel den Kimmich oder Goretzka nach vorne pusht und anschreit und der entsprechende Spieler ignoriert ihn völlig und macht wieder einen Querpass. Ja, genau, das ist ja, was ich immer meinte. Dann wechsel die doch aus. Ja, wenn die schon machen, was sie wollen, dann setzt sie doch auf die Bank. Punkt. Aber ja, vielleicht hat er im Hinterkopf gehabt, ja, dann ist mein Job in Gefahr. Gut, jetzt ist... Ja, deswegen wahrscheinlich heute auch diese Aussagen so. Jetzt ist eh scheißegal, mein Job ist ja eh schon weg, jetzt kann ich die auch rausnehmen. Na, so kam das auch ein bisschen rüber. Ich hoffe, der Tuchel zieht durch und setzt rein auf Leistung. Ja, das hoffe ich auch. Wäre mal eine schöne Abwechslung. Nee, das denke ich nicht, dass der Kader für einen Leistungssport viel zu kacke ist. Nee, ist in meinen Augen Schwachsinn. Wer soll denn da jetzt zu kacke sein? So, du musst halt einfach mal die Etablierten rausnehmen, die Jungen spielen lassen, wenn die besser sind. Und dann wird der Etablierte auch sich Gedanken machen und wird vielleicht auch mal wieder an sein Limit kommen. Ja? Aber wenn man die Spieler gar nicht erst in Frage stellt, wie sollen sie denn dann nachdenken und an ihr Limit kommen? So, wer tut das denn dann? Ja? Menschen sind alles faul. Faule Säcke. Ja? So, und wenn du uneingeschränkt spielst, egal welche Leistung du bringst, ja, dann ist doch alles klar. Ja? Also. Und wenn du mir jetzt erzählen willst, dass unser Kader schlechter ist individuell als der von Leverkusen, dann I don't know. Also das sehe ich komplett anders. Ja. Alexander, hallo, schönen Abend. Was glaubst du, wer wird der Neue und wohin geht Thomas Tuchel? Das kann ich nicht sagen. Wenn man die Aussagen jetzt vom Fanclub da nimmt, die er getroffen hat, dass er irgendwann gerne mal nach Spanien möchte und Barcelona gerade einen Trainer sucht, bietet sich das ja an. Kloppo wird Pause machen. Aber es ist ja dann Trainerkarussell am Laufen wie seit langem nicht. Ja, bei den europäischen Topvereinen. Liverpool, Barcelona, Bayern. Sollte Alonso wechseln, musste Leverkusen mit reinnehmen. Also da ist ja gerade richtig was los im Trainerkarussell. Ja? Also das kannst du gerade gar nicht irgendwie sagen. Ich denke, Tuchel ist auch gerne in England, weil er da einfach viel mehr Sagen hat. Wild. Weiß ich nicht. Viel wird wahrscheinlich von Alonso abhängen. Ich denke, es steht fest, dass Bayern Interesse hat. Steht fest, dass Liverpool Interesse hat. Für die beiden Vereine hat er eine Freigabe. Beziehungsweise eine Ausstiegsklausel. So. Ja, das ist schon mal die erste Entscheidung. Dann wird der Domino-Effekt weitergehen. Ne? Wird sehr interessant sein. Gehen wir mal auf das ein, was der Ben Dean schreibt. Alles hat geschimpft wegen Nagelsmann. Hätte er einen Kane gehabt, würden wir über Tuchel gar nicht sprechen. Das weiß ich nicht.
Nagelsmann hat halt einfach, okay, Tuchel hat leider dasselbe Problem, ihm hat einfach die Rückendeckung gefehlt. Ja. So. Klipp und klar, ihm hat die Rückendeckung gefehlt. Ja, ich denke mal, es ist darauf bezogen, Ja. dass er halt keinen Stürmer hatte, ne? Das ist richtig, aber wenn du dir anguckst, wie ein Schuppo unter Nagelsmann performt hat, war das schon wild. Und ja, hätte er einen Harry Kane gehabt, der hätte er wahrscheinlich noch 20 Tore mehr geschossen. Das ist vollkommen richtig. Aber eigentlich haben beide Trainer dasselbe Problem mit dem Kader gehabt. Ja? Nur, die wollten unterschiedliche Spieler absägen. Der Nagelsmann war halt die Fraktion Kimmich, so, und der Tuchel ist eher die Fraktion Neuer und würde gerne den Kimmich und so weiter absägen. Ja? Und beide Trainer haben vom Verein keinerlei Rückendeckung bekommen in dieser Hinsicht. Ich denke, das ist das, was beiden Trainern so das Genick gebrochen hat. Ja. Wobei natürlich die Nagelsmann-Entlassung eine Farce war. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja, erstmal war der Zeitpunkt komplett und nochmal, ich denke, Nagelsmann wurde nur entlassen, weil Olli und Brazzo wussten, dass ihr Job am seidenen Faden hängt. Und sie haben gesehen, ach du Scheiße, sportlich läuft es gerade in die völlig verkehrte Richtung. Komm, wir machen Kurzschlussreaktion und tauschen den Trainer aus. Ja. Fairerweise muss man sagen, dass das alles auch nicht ohne Zustimmung des Aufsichtsrats funktioniert. Also wusste auch ein Uli Hoeneß Bescheid, ja, und muss sich dann nicht da ein halbes Jahr später hinsetzen und den Klugscheißer geben. Ja, wild. Aber klar, hätte Nagelsmann einen richtigen Stürmer gehabt oder hätte einen Harry Kane gehabt, wäre das vorne auf jeden Fall eine wilde Kombo gewesen. Ja, hätte immer noch nichts an unsere Abwehrprobleme geändert, aber auch da war das Problem, dass wir halt keinen richtigen Sechser hatten für den super offensiven Fußball, den Nagelsmann hat spielen lassen. Ne? Wäre da irgendwie so ein richtiger Sechser gewesen oder so ein Typ Dyer oder dann wäre das auch schon besser gewesen. Ne? Franchinho, moin. Kader ist sowas von Schrott. Ah ja, alles ist gut, Peter. Jedem seine Meinung sehe ich leider komplett anders. Was heißt leider? Ich sehe es komplett anders. Für mich völliger Schwachsinn, was du schreibst. Ich sehe auch kein Argument. Gib mir ein Argument, warum der Kader völlig Schrott ist. Wer ist denn völlig Schrott? Also, das ist eine Aussage, Alter. Ganz wild. Ich glaube, das von oben kommt mit der Aufstellung, und zwar vom Patron höchstpersönlich. Komisch, dass bei Nagelsmann und Tuchel dasselbe passiert und es vorbei ist, wenn die Spieler Götter sauer sind. Ja. Jetzt wird nicht kommen im Sommer, woher sollen wir denn wieder 100 Millionen plus in nur einen Spieler buttern? Woher? Ja, vom Festgeldkonto nehmen. Ja. Außerdem musst du ja mal abwarten, ob Musiala bleibt oder nicht bleibt, was du da an Einnahmen generierst. Sollte Tuchel jetzt irgendwie manche Spieler auf die Bank setzen, die dann keinen Bock mehr haben und die dann vielleicht darüber nachdenken, den Verein zu verlassen, bis sie auch noch Ablösen generieren, also mal abwarten. Also ich hätte kein Problem damit, wenn Sané geht, wenn du mit Glück irgendwie 30, 40 Millionen kriegst von irgendeinem idiotischen Verein, dann zahlst du halt noch 60 für Wirtz. Ist doch ein super Deal. Was hältst du von Upamecano und vor allem was mit Boateng und Alaba? Ja, wir brauchen Upamecano nicht mit Boateng und Alaba vergleichen, oder? Ich mag einen Opa, aber Opa muss man jetzt leider konstellieren nach der Zeit, wo er da ist. Ist schwierig, ja, für den FC Bayern. Weiß ich nicht. Wobei ich das jetzt diese Saison ein bisschen anders sehe, weil er einfach nicht fit war und spielen musste. Ja, bis dahin war er der stabilste Innenverteidiger bei uns. Aber ja, er hat jetzt wieder diese Böcke geschossen, beziehungsweise gegen Bochum sehe ich das jetzt nicht als Bock an. Ich weiß nicht, warum es immer den Opa trifft. Frag mich nicht. Keine Ahnung, schwieriges Thema. Am Ende des Tages musst du halt sehen, wenn das in Regelmäßigkeit passiert, gerade in K.O.-Spielen, dann muss man sagen, dass es dann am Ende des Tages nicht reicht für den FC Bayern. Aber nochmal, ob der Opa daran jetzt schuld ist, dass er als nicht fitter Spieler spielen muss, glaube ich halt auch nicht. Ja? Also von daher muss man das vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Svenna, servus. Führungsspieler haben einfach zu viel Macht. Ja, das ist richtig. Xavi ist nicht blind, der wird sich jetzt niemals antun. Nee, na klar, weil der FC Bayern ja auch kein Verein mit Tradition ist oder es natürlich auch keine herausfordernde Aufgabe ist, zum FC Bayern zu kommen und zu sagen, ich leite hier eine neue Ära ein.
Was ja gerade Fakt ist, ja, wir müssen einen starken Umbruch machen. Natürlich ist das keine herausfordernde Aufgabe und natürlich wird da kein Trainer sagen, nee, das möchte ich nicht oder das tue ich mir nicht an. Natürlich nicht. Nein. Ei. Servus aus NRW. Ja, Servus nach NRW. Welche Spieler würdest du abgeben im Sommer? Ich würde Gnabry, Goretzka, Davis abgeben und Kimmich nur mit der Option behalten, dass er als klarer Achter eingesetzt wird. Und mit Pavlovic und vielleicht einem anderen Backup die 6 planen. Ja, wie gesagt, das kommt ja erstmal auf den neuen Trainer an, welches taktische Konzept er spielen will. Oder sagen wir, der Verein gibt ein taktisches Konzept mal wieder vor. I don't know. Also wegen mir kann Gnabry, Goretzka, Sané kann weg, Kimmich kann wegen mir auch weg. Sehe ich auch nicht als klaren Achter an. Fehlt mir einfach ein Achter ist für mich ein Spieler, der auch das Spiel mal schnell machen kann, ja. Der auch mal einen Direktpass spielen kann, der nicht nur irgendwelche Chipbälle in die Spitze dribbelt. Ich weiß nicht, ob ein Kimmich das noch kann, ja, oder ob er es überhaupt mal konnte, weil er hat ja immer ein bisschen tiefer gespielt. Dass Kimmich eine gewisse Qualität hat, steht außer Frage, ja. Aber ob er jetzt der Achter sein soll, wenn wir einen defensiven Sechser haben, weiß ich nicht. Müsste man sich halt mal anschauen, ja. Aber haben wir ja diese Saison nicht einmal gesehen. Also, weiß ich nicht. Also ich würde das auch absägen, ganz ehrlich. Wenn wir jetzt einen Cut machen, dann machen einen richtigen Cut. Punkt. Kimmich enttäuscht auch seit 2 Jahren. Fertig. Punkt. Ja. Goretzka dasselbe, Gnabry, Sané mit rein. Tschüss. Fertig. Davis, wenn er bei seinen komischen, überzogenen Forderungen bleibt, ja, dann abgeben. Ja, ist jetzt nicht so, dass wir untergehen, wenn Davis nicht als Linksverteidiger bei uns ist. So, fertig. Wir müssen auch mal gucken, dass wir unser Gehaltsgefüge mal wieder in den Griff kriegen. Und dann musst du diese Spieler, die 4, die ich gerade genannt habe, einfach abgeben. Ja? Diese 4 Spieler verdienen fast 80 Millionen. 4 Spieler, 80 Millionen in diesem Kader. Und guckt euch mal die Leistung dieser 4 Spieler an. Katastrophe. Ja, sind wir wieder bei Katastrophe. Alonso kommt nicht. Es ist historisch die größte Leistung, mit Leverkusen Meister zu werden. Was soll er in München noch toppen? Auch die Champions League. Nie deutscher Meister. Also heißt, wenn Alonso jetzt deutscher Meister mit Leverkusen wird, beendet er seine Trainerkarriere, oder was? Was ist das denn jetzt für ein Take? Also hat er alles erreicht und Feierabend, oder wie? Meinst du, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich glaube schon, dass es ein Reiz ist, wenn der FC Bayern sagt, wir möchten jetzt endlich mal in eine neue Ära starten. Ja. Aber vielleicht stehe ich da auch alleine mit der Meinung. Ich bin echt mal gespannt, was passiert, wenn der Uli mal nicht mehr da ist. Ja, das ist schwer zu sagen, ne? Das ist wirklich schwer zu sagen. Bis dahin müssten dann Leute da sein, die den Verein ebenso lieben und auch kompetent genug sind. So, sollten dann nur diese Banker da sein wie aktuell, dann kann das ganz schnell vor die Wand gefahren werden. Ich finde einfach, dass jetzt ein Umbruch stattfinden muss. Ich finde, es muss Tell spielen, Kimmich auf die Bank. Ja, aber der Umbruch muss ja schon seit 2 Jahren stattfinden. Ne? Das passiert ja leider im Moment nicht. Lese beide Chats. Also, der Peter hatte dir geantwortet, warum der Kader Schrott ist. Kein einziger IV kann Spielaufbau, kein einziger Sechser im Kader und das seit Jahren. Kaderleichen wie Goretzka und Gnabry auch in 2024 noch da. Also kein Innenverteidiger kann Spielaufbau bei uns. Na gut, die Meinung hast du exklusiv. Kein Sechser im Kader. Da müssen wir mal Sechser definieren. Ja, dass wir jetzt nicht den super defensiven Sechser haben, stimme ich dir vollkommen zu. Ja, 100%. Goretzka, Gnabry stimme ich dir auch zu, da gehen wir d'accord. Ja, aber der Kader besteht ja jetzt nicht nur aus diesen, wenn du jetzt alle Innenverteidiger mit dabei nimmst, sind 4 Stück. Was hast du gesagt? Goretzka, Gnabry, Kimmich. Der Kader besteht ja nicht nur aus 7 Spielern. Oder was? Wild, oder? Glaubst du, Palhinha kommt trotzdem? Ja, doch mal, das kommt auf den Trainer an, ne? Wir wissen ja nicht, wer Trainer wird. Wenn der Trainer nicht mit einer Holding Six spielen möchte, sondern lieber, was weiß ich, mit einer Dreier-Fünfer-Kette und nicht so einen defensiven Sechser, das wissen wir ja alles nicht. Also
Ich habe ein komisches Gefühl, ich glaube, wir kriegen eine Klatsche morgen. Ja, kann alles passieren, wa? Kann alles passieren. Das ist ja gerade das Spannende bei uns. Also, Tuchel hat ja mit der PK nochmal richtig schön Öl ins Feuer gegossen. Bin sehr gespannt. Pauli führt 13-0 in Kiel nächste Saison wieder gegen den FCB. Oh, da freut sich der Evalin, wa? Jele 10 besser als Pavlovic. Ja, nee, ist klar. Also, wir damals überhaupt mit Gnabry verlängert haben und dann noch zu den Konditionen ist eine absolute Sauerei. Ja, Peter, hast du 100% recht. Das Problem war, dass wir vorher mit Coman für diese Bezüge verlängert haben, was auch schon eine Frechheit war. Habe ich damals auch ein Video zu gemacht auf meinem Kanal. Und dadurch war der Druck halt da, dass Serge gesagt hat, ja, hier, der Kingsley verdient das, dann will ich das auch verdienen. Ja, aber das ist halt das Problem Brazzo. Ja, das müssen wir ganz klar sagen. Brazzo hat die Gehaltsstruktur ähnlich wie damals der, wie hieß er? Meier Vorfelder oder was bei Dortmund, der die Dortmunder da fast in den Ruin getrieben hat. Das hat der Brazzo bei uns leider auch in falsche Bahn gelenkt. Nochmal, wir haben aktuell den drittteuersten Kader in Europa von den Gehaltskosten. Ja, und zeigen diese Leistung. Also steht in keinem Verhältnis leider, ne? Ja, das haben sie auch nicht. Kokido, also mit den PKs. Die DFB-Doku habe ich nicht gesehen zu Flick, keine Ahnung. Ich bin eh kein Flick-Jünger, also. Vielleicht kamen Anweisungen von oben, ja. Das wäre echt ein Trauerspiel, also. Das wäre echt ein Trauerspiel. Sagst du heute zu Leverkusen Mainz? 3-0 habe ich getippt. Für Leverkusen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, vielleicht ist ja immer so, man kennt das ja, der klare Abstiegskandidat gegen den klaren Favoriten. Aber ich glaube, Leverkusen ist viel zu stabil dafür. Und Alonso ist viel zu sehr Realist. Ja? Der lässt sich das nicht nehmen. Bin ich mir sicher. Marc Weilemann, vielen lieben Dank für deinen Sub auf Twitch. Ja, das ist ja auch das, da muss ich kurz drauf eingehen nochmal. Tuchel hat die Mannschaft vor dem ersten Spieltag verloren, er hat viele Spieler kritisiert und ihnen Verstehen gegeben, ich brauche dich nicht. Ja, ganz genau. Er hat Kimmich und Goretzka klar gesagt, ich brauche euch nicht. Hat dann noch bei The Zone, das kann man nachgucken sogar, hat dann gesagt, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber Kimmich und Goretzka sind keine Führungsspieler. Ich muss eine neue Achse bilden beim FC Bayern. Das waren seine Worte vor der Saison. Und dann ja meine Aussagen, die ich die ganze Saison über ja gesagt habe und nicht verstanden habe, warum spielen dann diese Spieler immer? Das hat Tuchel ja heute in der PK beantwortet, warum. Na, aber das passt da nicht. Da muss ich doch als Trainer von meiner Philosophie mal abweichen und sagen, hey, pass mal auf, das muss ich dann jetzt mal anders lösen, aber keine Ahnung. Also wenn da wirklich von oben die Ansage kam, so, du kriegst keinen Sechser, hier hat Kimmich zu spielen und Goretzka, keine Ahnung, dann ohne Scheiß, da muss ein Verein abmelden. Also das wäre ein absoluter Offenbarungseid. Kader von Leverkusen ist zumindest sinnvoll zusammengestellt, sowohl in Sachen Leistung als auch von Typen her. Ich habe für mich zu Recht über Nagelsmann geschimpft, nur die Entlassung habe ich nicht erwartet. Ja, die Entlassung haben wir ja alle nicht erwartet, Chico. Und klar haben wir Sachen beim Nagelsmann kritisiert. Ja, aber die Entlastung hat ja keiner erwartet. Die kam ja auch völlig aus der Luft gegriffen und zum völlig irrsinnigen Zeitpunkt, ja. Ich sag ja einfach eine Kurzschlussreaktion war das. Ja, natürlich muss ich auch die ganze Vereinsführung hinterfragen. Zu 100%, Fabian. Das sage ich ja auch schon seit Jahren. Das ist ein Trauerspiel, was wir aktuell abgeben in der Vereinsführung. Ja? Also da müssen wir gar nicht drum herum reden. Haben wir heute gesehen mit der PK-Geschichte, dass da keiner von der Vereinsführung mit dabei war, ist eine Farce. Ja, also. Wirklich. Nagelsmann wurde nur entlassen, weil Tuchel auf dem Markt war. Ja, sehr wahrscheinlich sogar, ja. Und weil das halt so eine Kurzschlussreaktion war. So von Olli und Brazzo, so, oh. Man muss die Mannschaft schon wieder umbauen. Es müssen die jungen, hungrigen Spieler holen, für die es eine Ehre für Bayern zu spielen. Ja, aber die sind ja da. Die muss man nur mal fördern.
Ne? Es geht nicht nur mit jungen Spielern, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Du brauchst halt schon so ein paar Säulen und ein paar erfahrene Spieler, aber du hattest diese Saison die Chance dazu. Tuchel hat sie halt nicht genutzt. Ja? Es ist nicht so, dass Tuchel diese Spieler nicht hätte. Er ist erst recht jetzt nochmal mit der Winterpause mit den 2 Verpflichtungen. Also, es ist nicht so, dass die Spieler nicht da sind oder die Spieler nicht wollen, aber sie dürfen halt oder durften halt bisher nicht. Was denkst du passiert, wenn wir annehmen, dass wir noch Meister werden? Wir werden kein Meister mehr. Champions League gewinnen wir auch auf gar keinen Fall. Was machen wir mit Tuchel? Der Tuchel wird gehen, so oder so. Also. Nee, der Zug ist abgefahren. Alonso kehrt nach Madrid zurück, zuerst 2 Jahre Liverpool. Aha, hast du mit ihm telefoniert oder was? Ich finde das immer gut, wie überzeugt so viele immer sind, dass man genau weiß, was der und der Mensch machen wird. Bei Nagelsmann kann ich mir aber eher vorstellen, dass er einen Dyer oder Upa mal auf die 6 gestellt hätte, im Gegensatz zu Tuchel. Wobei man da jetzt auch nochmal, da können wir ja nochmal ganz kurz einhaken, ne, auf diese Story. Hat der Nagelsmann ja auch nie gemacht. Ja, er war ja mit dem Kimmich so. Wenn man jetzt aber mal sieht, dass er in der Nationalmannschaft knallhart sagt, so Kimmich ist jetzt rechter Verteidiger, der spielt nicht im zentralen Mittelfeld, dann kann man halt schon wieder diese These unterstützen, wie es hier öfter stand, dass vielleicht so eine Ansage von oben mit dabei war bei uns. So, dass Kimmich da zu spielen hat, weil Kimmich das neue Gesicht des FC Bayern sein soll, weil er ja ohne Berater den Vertrag verlängert hat mit Brazzo und Olli, wo er 20 Mille kassiert und wahrscheinlich drinstehen hat, dass er jede Standard schießen muss, ansonsten müssen wir Strafe zahlen und hast du nicht gesehen. Champions League, Real, City sind zu stark. Ja, mein Gott, das ist immer alles tagesformabhängig, keine Frage. Aber also, ich glaube nicht, ich hoffe natürlich, dass jetzt ein Ruck durch diese Mannschaft geht, aber ich glaube nicht, dass Tuchel nochmal diesen Einfluss nehmen kann, dass wir nochmal stabile Leistung bringen. Es wäre schön zu sehen, ja, wir geben die Hoffnung nicht auf nach der PK. Ja, ist auf jeden Fall mehr Hoffnung da wie vor der PK. Ich bin sehr gespannt. Kai, ich fühle den Tuchel genauso wie du und war bis zu der PK auch immer genau derselben Meinung wie du. Aber seit der PK wissen wir, dass er nicht durfte. Er durfte nicht der Tuchel sein. Da war es aber schon zu spät, weil er öffentlich diese Spiele angezählt hatte. Und genau ab dem Punkt war eigentlich schon alles verloren. Was lernen wir daraus? Wir lernen, dass unser FC Bayern langsam mal zulassen muss, alte Gewohnheiten aufzubrechen. Die Spieler haben einfach viel zu viel Macht. Dass die Spieler zu viel Macht haben, ja, gehe ich ja mit. Ich sehe die PK jetzt nicht so, dass er nicht durfte. Und wenn dem so wäre, jetzt mal ernsthaft, gehen wir mal davon aus, du kommst als Trainer zum FC Bayern als Thomas Tuchel, der die Champions League gewonnen hat mit Chelsea. So, dann kommst du da hin und dann gehen wir nur mal davon aus, wenn wir uns mal an das Bild erinnern, wo Uli Hoeneß am Trainingsgelände stand, im Tuchel und irgendwas diskutiert haben. Und nehmen wir mal an, der Uli Hoeneß hat ihm gesagt, Thomas, hör mal, der Josh, ne, und der Gore und der Sané, die spielen immer. Ist klar hier, oder? Selbst wenn das passiert wäre, hätte ein Tuchel drauf scheißen sollen. Punkt. Fertig. Ja. Was hätten passieren sollen? Ich muss dazu sagen, der Kommentar geht noch weiter. Der war wohl nur zu lang. Es sollte aber um Leistungssport gehen. Falls unsere Führung das nicht bald ändert, verkümmern wir bald wie Menu oder andere Beispiele von Top-Vereinen. Seit der PK ist Tuchel für mich von 80% freigesprochen. Nee, bei mir ist er nicht zu 80% freigesprochen. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst und ja, ich gehe mit, dass wahrscheinlich die Spieler wie Kimmich, Goretzka, Blasels, Müller und so weiter zu viel geschützt werden, habe ich ja schon mal gesagt, aus meiner Meinung nach, weil der Verein sich immer so hinstellt, mir Samir, große Familie, was super ist, was ja auch stimmt, das haben wir über die letzten Jahre verloren. Ja? Und jetzt glaube ich, dass man gerade auch durch Chrissy und so, der das Gefühl ja wieder ein bisschen zurückbringen wollte, was Olli und Bratze so ein bisschen versaut haben. Und dann gehst du jetzt als Verein hin vor der Saison. Tuchel hat das ja klar kommuniziert, den brauche ich nicht und so weiter. Und dann gehst du hin als Verein und sagst, Jojo und Goretzka, wir wollen euch hier nicht mehr.
Sucht euch neue Vereine. Ich meine, wir haben es ja versucht. Ja, wir haben es ja wirklich versucht. So leicht. Ja, aber die Spieler haben ja direkt abgeblockt, öffentlich, und haben gesagt, nein, wir möchten hier beim FC Bayern bleiben. Es waren ja Angebote da. Ne? Hätte der Verein dann da jetzt gesagt, ja, pass mal auf, ihr spielt in der Planung von Thomas Tuchel keine Rolle, ihr sitzt dann halt auf der Tribüne. So. Ja. Ich glaube, man wollte nicht dieses nicht vorhandene Mir-Samir-Gefühl noch weiter in die Tiefe treten, so ungefähr. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, weil nochmal, so ein Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die sind ja sportlich nicht blind. Ja, also die haben ja auf dem Niveau Fußball gespielt. Die sehen ja auch, dass so ein Kimmich nicht liefert, dass so ein Goretzka nicht liefert, das sehen die doch. Oder so ein Sané, der nur 10 gute Spiele macht. Also wie kann ich mich dann da hinstellen als Verein und sagen, ja, wir müssen jetzt aber zusehen, dass wir mit dem Leroy verlängern. Alter, den würde ich vom Hof jagen. Ja, aber ich glaube, man macht das gerade nicht wegen diesen Wohlfühl-Oase, mir san mir, was nicht mehr da ist, ja, aber solche Spieler dann zu halten aus diesem Grund, glaube ich, verschlimmert das nur am Ende des Tages. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwo mit reinspielt. Anders kann ich es mir halt auch nicht erklären. Also es ist schon wild. Ja, wenn man sieht, was so ein Tell ausstrahlt, ja, seitdem er bei uns ist und wie er sich auch gibt und sagt, nein, ich will nicht ausgeliehen werden. Es ist mir egal, ich möchte mich hier durchsetzen. Ich bin heiß auf dem FC Bayern und so weiter. Auch ein De Ligt, ja, wo er kam, wie er gebrannt hat. Das verstehe ich unter mir, Samir. Spieler, die für den FC Bayern spielen wollen, ja, wie wir es hier vorhin gelesen haben, die sich freuen und stolz darauf sind, für den FC Bayern spielen zu dürfen. Und nicht so Spieler wie Davis. Ja, ich kriege hier nur 13 Mille, ich will aber Minimum 16, sonst gehe ich nach Real. Ja, dann tschüss, dann verpiss dich. Ja, fertig. So. Also ganz wilde Takes da. Aber ja, die haben zu viel Macht, unsere Spieler, eben weil sie so lange im Verein sind. Ne? Und weil sie schon erfolgreich 3 Trainer abgesägt haben. Ich möchte nicht wissen, allein, ich denke, wir sind uns einig, dass Müller es faustig hinter den Ohren hat. Ja? Müsste man mal einen extra Take zu machen. Also ich glaube schon, dass das ja natürlich Aushängeschild von uns und natürlich super wichtig für den Verein und super. Also wir müssen nicht über Müller reden, was das Fußballerische angeht oder auch die Wichtigkeit dieser Person. Ja, aber dass er so viel Macht hat als ein einzelner Spieler, ich denke, das haben wir gesehen, wie viele Trainer abgesägt wurden, die an Müller gescheitert sind. Ja. Und das ist am Ende des Tages dann, wo man sagen muss, das ist eines Top-Clubs geht das eigentlich nicht. Ja. Ein Spieler darf nie höher stehen als der Club. Und das hat man bei manchen Spielern wirklich das Gefühl, leider. Ja, wenn wir gegen Leipzig verlieren, wird Tuchel sehr wahrscheinlich, je nachdem wie das Spiel gegen Freiburg dann noch ausgeht, die wird ja nicht zu halten sein. Ja. Also der letzte Funken Hoffnung ist irgendwie in der Champions League die Kurve zu kriegen, dass die Spieler da Bock haben, sich den Arsch aufreißen. Erst recht, weil sie jetzt wissen, Tuchel ist weg am Ende der Saison. Solltest du aber bis dahin, nee, dann ist ein Tuchel nicht haltbar, glaube ich. Also es muss jetzt eine Reaktion der Mannschaft kommen, sonst wird ein Tuchel nicht haltbar sein. Sogar waren gut, ja. Tja, Manfredo, ja, dann frag mal deine Frau am besten zu den 3 oder 4 Trainerkandidaten aus. Und leite das mal dann an die Vereinsführung weiter. Gerd Niebaum war das. Und Michael Mayer, genau, die beiden Experten, Alter. Nee, man würde ihn nicht behalten, wenn eine Siegesserie beginnt. Der Zug ist abgefahren. Ja, ich hoffe auch, dass Tellmann von Anfang an spielen darf. Und nein, Leimer wird das auch nicht schlechter. Ich habe die Diskussion so ein bisschen gerade mitgelesen. Ja, ich sehe den Leimer auch nicht als Sechser. Definitiv nicht. Wäre auch verschenkt, meiner Meinung nach. Ähnlich wie als Rechtsverteidiger. Leimer ist für mich ein perfekter Achter, wenn es darum geht, dass du den Gegner unter Druck setzen willst. Und er kann auch die Bälle in die Schnittstellen spielen. Das hat er auch schon gezeigt. Ja. Ja. Und das ist auch, was ich meine, weil ja wir vorhin die Diskussion hatten von wegen Kimmich als Achter. Wenn du das jetzt mit dem Leimer vergleichst, vergleich mal Leimer in Leipzig.
und dann vergleichen wir einen Kimmich. Ein Kimmich hat ja gar nicht dieses Pensum, ja, so ein Pressing zu spielen. Von daher würde es ja schon darauf ankommen, welche Art Fußball wollen wir spielen, welche Philosophie hat der neue Trainer. Also ein Kimmich, ja, Kimmich kann gute Bälle spielen, Kimmich ist aber super lahmarschig, braucht gefühlt 10 Sekunden Überlegungszeit, bis er weiß, wo er den nächsten Ball hinspielt. Ja, er hat super Chipbälle, ja, in die Spitze, das kann er, gerade mit seinen Buddies Gnabry und Sané, noch mehr mit dem Gnabry, weil die sind ja so, da verstehen die sich, das klappt super. Er hat auch einen guten Schuss, ja, wenn wir uns da mal ein bisschen zurückerinnern, ist natürlich schon ein bisschen, ja, obwohl diese Saison hat er, glaube ich, auch einen versenkt, oder? Ja, aber vergleich das mal mit dem Leimer auf der 8. Das sind halt komplett zwei verschiedene Typen. Und deswegen kommt es halt erstmal drauf an, welche Philosophie möchte gern der nächste Trainer haben. Ne? Ja, ist halt schwierig. Was sagst du zum DFL-Investoren aus? Das können wir kurz und schmerzlos machen. Finde ich gut. Ich kann das gerne auch nochmal ausführen, aber nicht jetzt hier. Aber ich finde das gut. Okay, das hatten wir. Okay, dann war das der Doppelpost. Okay. Ja, ihr könnt ruhig Sachen 2 oder 3 Mal reinposten, ne, wenn das hier ein bisschen durchläuft. Ist kein Problem, weil die Mara hat ja auch immer noch ein Auge drauf. Bayern will es nicht zu teuer, 130 Millionen. Ja, immer mal abwarten. Harry Kane war auch zu teuer. Und dann war er doch da. Zu Nagelsmann haben wir noch einen guten Fußball gespielt. Naja, wir haben offensiven Fußball gespielt, ne? Und schön anzusehenden Fußball, ja. Gehe ich voll mit. Tore, letztes Spiel, das Bayern-Trainer Champions League-Finale wäre einfach zu wild. Ja, da müssten wir schon Lack haben, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber natürlich, im Fußball ist nichts unmöglich, ja. Und nochmal, Tuchel ist befreit, die Spieler sind befreit. Wer weiß, ne? Wer weiß. Wer weiß. Also es ist auf jeden Fall mehr Hoffnung da wie vor dieser PK und vor dieser Entscheidung. Ja, wir wären einfach weiter in diesem Strudel runtergegangen. Ja, ganz einfach. Stell dir vor, Leverkusen bricht ein, das glaube ich nicht. Ja, irgendwann wird der Wirt wahrscheinlich 1,5 Milliarden kosten. Leute, müssen wir mal ein bisschen auf dem Boden bleiben, Alter. 150 Millionen. Jetzt sind wir erzählen, der Wirt ist auf dem Level vom Mbappé oder was? Junge. Ja eben, Kai. Tuchel hat klar gesagt, wenn er nicht braucht, dann spielen die dennoch. Tuchel ist nicht bescheuert. Daher viel spricht für Anweisungen von oben, zumindest so durch die Blume gesagt. Naja, ich denke, in der Hinrunde hat Tuchel das durchgezogen, weil er unbedingt den Sechser in der Winterpause haben wollte. Und die Ergebnisse ja trotzdem gestimmt haben. Und er halt aufzeigen konnte in Richtung Vereinsführung, guckt hier, Kimmich und Goretzka bringen's nicht. Ne? Ich glaube, das war in der Hinrunde die Taktik. Ja, aber leider hat man ja anscheinend dann schon Zweifel gehabt in der Vereinsführung, weil sonst hätte man ja ein paar Linien verpflichtet für den Tuchel. Ja, na klar, 10, 15 Millionen zu teuer, brauchen wir nicht darum herumreden. Auf der anderen Seite musst du klar sagen, entweder hättest du die 30 Millionen für Sascha gespart, ja, weil du hättest gesagt, Kimmich spielt jetzt Rechtsverteidiger, Punkt. Oder du hättest am Ende der Saison den Kimmich abgegeben, hättest dir 50, 60 Mille reingezogen. Weil wäre ein paar Linien gekommen, hätten Kimmich ja nicht mehr gespielt. So, ja. Aber die Eier hat man ja nicht gehabt. Und da sind wir wieder bei der Vereinsführung, gebe ich dir recht, und dabei, dass Spieler zu viel Macht haben. No? Ja, stell dir mal vor, der Kimmich hätte eine halbe Saison auf der Tribüne gesessen oder auf der Bank gesessen. Der Verein hat halt das Wirtschaftliche in Sinn, ansonsten bekommen sie die Hochverdiener nicht mehr los. Nee, das sehe ich genau andersrum. Weil diese Hochverdiener, die wollen ja nicht weg. Verstehst du? Haben sie ja vor der Saison klar geäußert. Und wenn sie weiterhin spielen, warum sollen sie denn dann wechseln? Das ist doch das Ding. Setzt sie doch mal 4, 6, 8 Wochen auf die Bank. Ja, dann wollen sie wechseln. Und dann werden sie auch irgendwo hinwechseln, wo sie vielleicht 5 Millionen weniger verdienen. Weil sie spielen möchten. So, aber solange du die Spieler bei uns spielen lässt, es wird doch kein Verein kommen und sagen, komm mal, Josh, pass mal auf, ich gebe dir 25 Mille. Du kriegst ja bei Bayern nur 20 oder 21, bei uns kriegst du 25 Mille. Und weil wir wissen,
dass der Gnabry so ist und du nicht ohne ihn kannst, ja, und neues Land und so, kaufen wir den auch noch und den zahlen wir keine 17 Mille, den geben wir auch noch 20 Mille. Welcher Verein sollte das denn tun, bitte? Es tut doch kein Verein. So, die Spieler müssen auf Gehalt verzichten. Es gibt vielleicht 1, 2 Vereine, die das machen würden, aber dafür bringen die Spieler doch gar nicht die Leistung. Und wenn du diese Spieler immer weiter spielen lässt und sie immer schlecht spielen, ja, dann ist das doch nicht das Argument zu sagen, ja, wir wollen das aber machen, damit wir sie noch verkaufen können. Wer soll denn diese Spieler kaufen mit diesen Leistungen? Wer soll denn Sané kaufen, Alter, der 10 gute Spiele macht und dann wieder komplett wegbricht? Oder wer soll denn gerade einen Goretzka kaufen? Wer soll denn Interesse an Goretzka haben? Vom Leistungspotenzial vielleicht der VfL Bochum, aber selbst dafür ist er wahrscheinlich gerade zu schlecht. Wer soll den kaufen, bitte? Wer? Ich sehe keinen Verein auf dieser Welt, der den kaufen möchte. Da erhältst du doch keinen Wert mit. Wild. Also meine Meinung, ne? Mario Basler wäre der perfekte Trainer, jo. Mario Basler, Alter. Ich fand den Mario echt mal sehr sympathisch, ne? Aber was der teilweise für Scheiße labert, was ich so lese, da fällt mir nichts so ein. Eieiei. Wir hatten auch im Hinspiel in City gute Momente, hätten auch in Führung gehen können. Dann ist alles drinne. Klar, später hat City 1 gemacht und dann geliefert. Ja. Und wenn er sich solche Worte vom Vorstand anhört bezüglich Aufstellung, hat er keine Eier. Ja, also ich denke nochmal, wenn du in dieser Position bist beim FC Bayern und wenn dir einer reinreden will, ich meine, das haben wir ja oft genug erlebt, dass man das versucht hat, ja. Ich denke, wir haben alle die Reaktion vom Van Gaal und so weiter gesehen, ja. Beim FC Bayern. Ich glaube, man versucht ja beim FC Bayern nicht immer Cosmic, nicht immer reinzureden so. Man stellt das ja immer so hin. Ja, guck mal, wir sind ein Verein, wir haben super viel fußballerische Kompetenz in der Führung. Und wir tauschen uns dann immer aus mit dem Trainer. Ja, das ist ja immer so dieses Argument, was wir haben. Ja, und Louis van Gaal hat gesagt, ist mir egal, ich mache hier mein Ding und Feierabend. Ja? Deswegen hat er ja auch immer öfter mit dem Uli aneinander gerasselt. Weil ihn das einfach nicht gepoppt hat. So, und so musst du halt sein. Ja. Und ich dachte eigentlich, dass ein Tuchel so ist. Ich meine, er kam von Paris und Chelsea, also ich glaube, mehr wie da reingelabert wird, wenn wir mal gucken, gerade Paris mal nimmst, was der komische Typ da reinlabert, oder auch ein Abramovic bei Chelsea reingelabert hat. Ich denke, da brauchen wir uns alle, ja, ich glaube, da wird mehr reingelabert als beim FC Bayern, also. Nee. Wie stehst du zur leistungsbezogenen Verträge und werden solche Verträge irgendwann salonfähig? Nee, werden sie leider nicht. Leider. Ich würde das super finden. Ja. Habe ich ja auch schon mal ein Video zugemacht, damals zur Coman-Geschichte. Ich fände es super, wenn man sagen würde, anstatt so 20 Millionen Verträge, komm hier 5 Millionen Grundgehalt. Ja, da müssen die ja immer noch nicht am Hungertuch nagen. Und alles andere, du kannst auf die 20 Millionen kommen, ja, halt nach Leistung bezogen. Ne? Das wäre natürlich ein Traum. Ja? Aber das wird nie passieren, weil du immer wieder Vereine haben wirst, wo Geld keine Rolle spielt. Siehe Manchester City, siehe Paris. Die sagen dann einfach, ja, alles gut, brauchst du nicht. Komm zu uns, wir geben dir 20 Mille Cash und gut ist. Ne? So, wenn, dann müsste das eine Vorgabe werden von der FIFA. Das wird nicht passieren. Ja, dann sind wir ja auch wieder bei diesem Thema Arbeiterrecht. Ja, es ist sowieso ein Witz, dass Fußballsport als Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis gesehen wird. Ja, also das ist ja ganz wild. Also, nee, leider wird das nicht passieren. Es sei denn, du sagst als Verein, wir machen das jetzt so und leben dann damit, dass wir irgendwie in Europa gar nicht mehr angreifen können. Weil welcher Spieler sagt denn freiwillig, ach nee, ich gehe lieber zu dem Verein, da kriege ich nur 5 Millionen, als wie ich gehe zu dem Verein und habe 20 Millionen safe. So, das ist ja das Problem in der heutigen Geschichte. Macht ja keiner mehr. Ja, diese Anführer haben wir ja nicht mehr. Ne? Wo aber auch Tuchel einen Teil Schuld mit hat. Was heißt eine Teilschuld? Sogar eine gewisse Hauptschuld, dass wir diese Anführer nicht mehr haben.
Wenn man sich den Umgang mit De Ligt anschaut, ist das schon wild, da Müller raus zu degradieren, hat man den zweiten rausgeballert. Ich weiß nicht, Kimmich war für mich nie ein Anführer auf dem Feld, aber ihn hat man auch keinen Gefallen getan, ihn so zu behandeln, wie man ihn behandelt hat. Also das ist auch ein bisschen hausgemacht vom Thomas, muss man fairerweise sagen. Ne? Ja, natürlich hat nicht nur der Trainer Verantwortung. Also das sollte ja klar sein. Aber am Ende des Tages stellt der Trainer halt die Spieler auf. So. Ja. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ihn da jemand versucht reinzulabern oder nicht. Dann muss er halt das Rückgrat haben und nach seinem Empfinden handeln. Fertig. Ja, du kannst doch jetzt nicht Leistungssport und eine Aufstellung mit einem normalen Job verbinden. Ja? Anbu, das klappt doch nicht. Also wie willst du das denn jetzt vergleichen? Dann vergleich das mit einem anderen Trainer beim anderen Verein. Ja, das kannst du ja meinetwegen vergleichen. Du kannst doch jetzt aber nicht sowas vergleichen. Jetzt mal ganz im Ernst. Du kannst doch jetzt nicht hingehen und sagen, keine Ahnung, nehmen wir irgendeine arme Seele, den Durchschnittsverdiener, der 2,5 verdient im Monat, dass der dann sagt, nee, Chef, mache ich nicht, das sehe ich anders, ich mache das so. Ja, was passiert denn dann? So, dann wird der gekündigt und steht vom Ruin. Und du redest hier über einen Menschen, der 12 Millionen im Jahr verdient und in seinem Leben schon so viel verdient hat, dass der niemals irgendwie sich überhaupt irgendwelche Gedanken um Geld machen kann. Also das kannst du absolut null vergleichen. Sorry, das geht nicht. Das ist ein Beispiel, das kannst du nicht bringen. Ja? Ganz einfache Kiste. Und mal das Gegenteilige, wenn du eine gute Firma hast mit einem guten Chef, ja, in der heutigen Zeit, wo man redet, man hat ein gewisses Miteinander, dann kannst du auch, wenn dein Chef dir sagt, zum Beispiel, guck mal, das musst du so und so machen, dann kannst du zu deinem Chef auch sagen, pass mal auf, Chef, ich bin hier, der vor Ort ist und ich denke, wenn wir das so und so machen, ist das sogar besser. So, und wenn das ein guter Chef ist, hört er sich das an und entweder stimmt er dir zu oder eben nicht. Ja? Aber jetzt das kannst du nicht vergleichen. Dann vergleich das mit einem anderen Verein, dem Christian Streich. So, meinst du, der lässt sich irgendwo reinreden? Wenn da jetzt einer kommen würde und sage, hör mal, Christian, du musst aber hier jetzt den und den Spieler aufstellen. So, dann vergleich das. Aber nicht mit einem normalen Job, das kannst du nicht vergleichen. Das geht nicht. Bei dem einen reden wir um seine Existenz und bei dem anderen reden wir, dass es ihn einfach nicht poppt. Was poppt dem Tuchel das denn? Jetzt mal ernsthaft. Was würde den das denn poppen? Poppt ihn das jetzt, dass er entlassen wird? Nee, wenn du die PK gesehen hast, dann freut er sich. Dann ist er erleichtert, dass er rauskommt, so aus dieser Nummer, wie er jetzt rauskommt. Dass er es jetzt noch so drehen kann, sich da hinsetzen kann und sagen kann, ach ja, aber ihr seht ja, eigentlich ist das ja nicht nur meine Schuld. Deswegen bin ich ja noch Trainer, sonst wäre ich ja schon entlassen. Ja, der freut sich gerade ein zweites Loch in seinen Arsch, dass das so dargestellt wird. Also das kannst du nicht vergleichen, Alter. Ja, und es wäre schön, hier lese ich gerade, Dapo, dass jetzt endlich mal die Spieler eine Ansage bekommen, ja, wir gucken uns das bis Saisonende an und wenn das hier die Leistung nicht passt, dann könnt ihr gehen. Das wäre schön, wenn das passieren würde, ja. Aber das ist leider Wunschdenken. Weil sonst wäre das Ganze schon letztes Jahr passiert oder das Jahr davor. Weil da haben dieselben Spieler schon dieselbe schlechte Leistung gebracht. Was meinst du dazu, dass ein Schweini, ein Müller und Lahm die Rollen übernehmen, wie ein Uli, ein Beckenbauer und ein Rummenigge für das Mir Samir? Weiß ich nicht. Ich denke, wir haben gesehen, dass das nicht unbedingt automatisch läuft, nur weil es Ex-Spieler sind. Siehe Bratzo und Oli Kahn, ja. Man müsste schon gucken, welche Qualifikation sie haben. Aber wir haben gesehen, selbst beim Oli, der dann die wirtschaftliche Qualifikation hatte, hat es trotzdem nicht gepasst. Also das ist schwer zu sagen, nur weil es Ex-Spieler sind, klappt das automatisch. Aber klar wäre es schön, wenn das klappen würde, wenn da wieder Ex-Spieler wären, die den Verein kennen, den Verein lieben, die natürlich auch das Know-how haben. Natürlich wäre das the best case. So, aber automatisch sagen, wir stellen jetzt mal den Schweini dahin, das passt schon, haben wir gesehen, dass das halt nicht so geht in der heutigen Zeit. Ja, das war vor 30, 40 Jahren vielleicht noch anders, aber heutzutage klappt das nicht mehr. Ja, guck doch mal, Fußball ist doch heutzutage ein reines Geschäft nur noch. Ja, das ist ein riesiges Wirtschaftsunternehmen. Nimm doch mal allein den FC Bayern, guckt euch mal die Zahlen an.
Ja, da kannst du halt nicht sagen, ja komm hier Schweini, du bist jetzt der CEO, du hast jetzt hier das Sagen, mach mal. Alter, auf welche Kompetenz? Ja, weil ich mal Spieler vom FC Bayern war, oder was? Das geht halt nicht. Ja, das klappt nicht. Keine Chance. Deswegen ist das schon sinnig, zu sagen, wie wir es gerade gemacht haben. So, CEO ist der Dresen, das ist ein Typ, der sich mit Finanzen auskennt, alles ist gut. Du hast einen Sportdirektor, du holst jetzt noch einen Sportvorstand da rein mit dem Eberl, der richtig sportliche Ahnung hat. Das ist gut. Ja. Über den Präsidenten können wir reden. Warum der Heiner der Präsident ist wahrscheinlich, weil er von Adidas kommt und Adidas Anteile hat und bla und so. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Das ist ein Mensch ohne irgendwelche Ausstrahlung, dem man auch irgendwie nicht abnimmt, dass er für den FC Bayern brennt oder so. Da wäre schön, wenn da noch jemand sitzen würde, der, ja, weißt du, der aus dem Verein ist, so. Das würde ich noch fühlen, ja. Aber ansonsten denke ich, in der heutigen Zeit ist das sinnig, dass ein CEO wirklich so ein Banker-Typ ist, ja. Wo man dann aber in klare Absprache sagen muss, ja, er muss sich auch von sportlicher Leitung was sagen lassen, ne? Das sollte klar sein. Aber zu sagen, ich setze da jetzt ein Schweini hin, der null Ahnung hat und der soll ein Wirtschaftsunternehmen mit einem Umsatz von einer Milliarde führen, geht halt nicht. Ja, die Zeiten sind vorbei. Da müssen wir nicht drüber reden. Der Kopf stinkt immer von oben, 2 Top-Trainer und das in kurzer Zeit. Für mich persönlich ist das Problem ganz woanders. Ja, dann hau doch mal raus, wo das Problem ist. Ja. Also ich denke, ja, gerade darauf bezogen sind wir ja gerade im Wandel, oder nicht? Also wir haben ja einen Oli Kahn und Brazzo weggehauen. Und da sitzt jetzt in Dresden, wir haben einen Freund verpflichtet, also einen neuen Sportdirektor und wir verpflichten jetzt noch einen neuen Sportvorstand. Also worüber reden wir jetzt? Also wir haben jetzt dann komplett ausgetauscht. Ja, Neppe wird sehr wahrscheinlich noch gehen. Eberl wird seinen eigenen Dude mitbringen als technischen Direktor oder was weiß ich was. Dann haben wir doch alles ausgetauscht. Ja, dann kannst du nur noch über einen Uli Hoeneß reden. Und über einen Kalle Rummenigge. Aber wollen wir denen jetzt absprechen, dass die nicht im Sinne des Vereins handeln, dass die jetzt denken so, ja, wir wollen den FC Bayern jetzt zugrunde richten oder was? Weiß ich nicht. Fridays for Bayern. Chico, der ist gut, ey. Habt ihr nicht die Aussagen von Kimmich und Goretzka gelesen, Tuchel soll jetzt so schnell wie möglich weg? Ja, ist ja auch gerade, was ich sagte. Also, ist doch klar, dass die beiden nichts mit Tuchel zu tun haben wollen. Sobald Spieler fit sind, werden diese beiden Spieler kein Spiel unter Tuchel bestreiten. Punkt. Das wird nicht passieren. Er möchte diese Spieler einfach nicht. Und das zu Recht. Zu Recht. Die Leistung dieser Spieler sind noch nicht mal auf normalen Level. Ja. Und das ist völlig zu Recht. Kimmich ist Katastrophe, nicht nur im Zweikampf. Ja, wenn ich allein daran denke, wie oft er sich am 16er fallen lässt. Ja, und wie oft das dann mit Glück noch gepfiffen wurde und 2-3 Mal nicht gepfiffen wurde. Da können wir doch nicht über einen defensiven Mittelfeldspieler reden. Ja, vom Zweikampf in Bochum mal ganz zu schweigen, Alter. Es ist ja okay, dass er nicht mehr in diesen Zweikampf kommt, weil er einfach eine Birne ist und nicht auf seiner Position war. Dann zieh ihm doch am Arm nach unten, Alter. Und alles ist doch gut. Nimm die gelbe Karte mit, Feierabend. Ja, aber das muss ich doch, gerade wenn ich sage, ich bin ein Sechser, ist ja das Mindeste, was ich beherrschen sollte, oder? Junge. Mann. Aber lass uns nicht wieder ins Kimmich-Bashing abdriften hier. Bitte. Ja, echt. Der Philipp schreibt, der Verein muss selbst wissen, was sie in Zukunft machen möchten. Warte mal, was für Spielertypen brauchen wir? Was für einen Fußball möchte man spielen? Ja, aber das kann ich ja nicht beantworten. Hat er ja selber geschrieben, dass der Verein das wissen muss. Ich kann das nicht beantworten. Und was soll ich dazu sagen? Es wäre schön, wenn wir wieder offensiveren Fußball sehen würden, ja. Das ist, was ich sagen kann, aber es geht ja nicht nach mir. Ja, das wäre schön, wenn es nach mir gehen würde. Dann wären wir erst gar nicht in dieser Bedrohung. Die Frage ist, wer soll das entscheiden? Jemand, der sich mit dem Verein gar nicht identifiziert, wie der Vorstand halt? Ja, aber es entscheidet ja der Uli. Also jeder, der was anderes denkt, aktuell, wenn da ein Herbert Heiner als Präsi ist
und ein Chrissy, ja, der eigentlich schon raus war aus dem Verein als CEO. Jeder, der jetzt denkt, diese beiden entscheiden da nur irgendetwas, der ist ja völlig daneben. Ja, aber völlig daneben. Die entscheiden gar nichts, die haben gar keine Ahnung sportlich gesehen. Ja, ich glaube doch nicht jetzt nicht ernsthaft, dass die auch nur ansatzweise sagen würden jetzt, also mit Tuchel, nee. Den Tuchel, den tun wir zum Saisonende weg, das ist doch nicht deren Entscheidung. Also, nee. Natürlich ist das der Uli, der das entscheidet. Ganz klarer Fall. Es gibt keinen anderen. So, die Frage ist ja, wenn Eberl kommen sollte, wenn er bestätigt wird, ob der Eberl die Eier aufwindet, um zu sagen, ich löse mich vom Uli. So, das ist die spannende Sache, die wir sehen werden. Ja? Was super wichtig wäre, ist ja genau das, was ein Brazzo auch nicht gemacht hat. Ob das ein Olli gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist ein Olli auch deswegen in die Kritik geraten, dass er nicht jedes Mal irgendwie den Rat vom Uli und vom Kalle gesucht hat. Weiß ich nicht. Ja? Aber wir müssen uns doch jetzt nicht irgendwie vor Augen führen, dass da irgendwer was entschieden hat, außer der Uli, der Kalle. Ja? So. Und wer das in Zukunft entscheiden sollte, ja natürlich, wenn wir über einen Sportvorstand reden, wenn der kommt, natürlich der Sportvorstand in Kombination mit dem Sportdirektor. Mit Sicherheit nicht ein CEO, der keine Ahnung von Fußball hat, ja, oder wenig Ahnung. Oder auch mit Sicherheit kein Vereinspräsident. Ich weiß gar nicht, wofür es noch einen Präsidenten gibt. Ja, der hat sowieso nichts zu melden, außer auf irgendwelchen komischen Tagungen, wo er mal irgendwas erzählt, der aber ähnlich wie es ein Tuchel ist, für mich persönlich hat er nie ausgestrahlt, dass er FC Bayern fühlt, denkt, lebt. Ja, also wer soll das entscheiden? Natürlich der Sportvorstand. Dafür ist er ja ein Sportvorstand. Also der muss eine Ausrichtung entscheiden und natürlich auch eine Richtung vorgeben, wo es hingehen soll. So, aber wir haben doch gehört, was der Verein möchte auf der Jahreshauptversammlung. Wir haben gehört, wir wollen wieder gucken, deswegen wurde er einen Freund verpflichtet, dass wir pro Jahr 1 bis 2 Spieler ranführen an den Kader. Und es natürlich auch super wäre, wenn sich mal ein Spieler durchsetzt, der aus der eigenen Jugend oder aus München oder aus Bayern kommt. So, das ist das erklärte Ziel. Natürlich weiterhin mit Transfers, dass wir auch gestandene Spieler verpflichten, dass wir eine gute Mischung haben. Die Vorgabe ist ja klar. Ja, die Vorgabe hat auch schon Tuchel gehabt, die ihm aber auch nicht gepasst hat, so wirklich. Wie der fußballerische Stil dann sein soll. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen, als FC Bayern, was auch unmöglich meiner Meinung nach ist in der Bundesliga, ja, wir machen jetzt den Stil à la Gladbach. Ja, wir stellen uns hinten rein und gehen auf Konter. Wie willst du, dann spielst du von 34 Spielen 20 mal 0-0. Ja, weil die gegnerische Mannschaft, die rückt doch nicht raus. Sie ist doch zufrieden, wenn sie gegen Bayern 0-0 spielt. Also du kannst ja nur einen offensiven Stil prägen. Anders geht's ja nicht. Ja. So, aber wie der genau aussehen soll, I don't know. Bin ich sehr gespannt. Ich sag ja, wir haben spannende Wochen und Monate vor uns, definitiv. Ja. Nein, Van Gaal wollte nicht zu viel Macht. Das stimmt nicht. Nein. Van Gaal wollte nicht zu viel Macht. Der Uli wollte viel zu viel beim Van Gaal mit reinreden. Das war das Problem, was da war. Ja, Van Gaal war ein Typ, der autoritär war. Ja, der sich hat nichts sagen lassen. Und das passt halt nicht beim FC Bayern. Beim FC Bayern ist immer, du musst im Austausch sein, mit dem Uli musstest du immer im Austausch sein. Du musstest mit dem Kalle im Austausch sein. So musstest dir die Meinung anhören. Und das hat dem Van Gaal nicht gejuckt. Ja, das hat ihn nicht gejuckt. Der Louis war da, ich mache das, was ich mache. Ich bin hier der Verantwortliche für die Mannschaft. Ich stelle die auf, ich mache das. Ich muss nicht zum Uli gehen und mich mit dem beraten. Ich bin Louis van Gaal. Das war Louis van Gaal, ja. Und da hat er recht mit. Wenn er ein gestandener Trainer ist, wenn er weiß, was er will, seine Vorstellung, dann muss er nicht zu irgendeinem Sportdirektor gehen oder zu irgendeinem CEO und sagen, ja, hallo, können wir mal hier über die Aufstellung reden oder über meine Strategie oder so. Nein, ich bin Louis van Gaal. Ich entscheide das hier. Und das war das Problem, was er gehabt hat. Er wollte nicht zu viel Macht haben. Nee, das stimmt nicht. Das ist halt das Schwierige in München. Na, du musstest immer diese Leute auch mit ins Boot nehmen und zufriedenstellen. Deswegen hat auch so ein Jupp gepasst, weil das schon Freunde waren. Deswegen hat auch so ein Hansi gepasst. Na?
So, und wenn du, oder auch so ein Obmann, der das alles gut moderieren konnte und so weiter. Aber wenn du, ähnlich ist ja auch Tuchel so ein bisschen, ne? Aber wenn du dann so einen Louis van Gaal hast, so einen Generaltyp, hast du gesehen, dass das nicht klappt. Ja. Oder dass der Uli ihn halt nicht mehr haben wollte dann. Ja, und es wäre schön, wenn man jetzt auf den Tell setzen würde. Das sehe ich genauso, Karl-Heinz. Ribéry wäre geil. Ja, für was? Das ist genau wie letztem, vor wann? Vor 4, 5 Wochen? Ja, hol doch den Arjen Robben und setz den dahin. Was soll der Arjen Robben denn machen? Ja, der kann gerne einen Elber machen, der irgendwie den Verein repräsentiert, oder kann irgendwie einen Jugendtrainer machen. Das ist alles gut und schön, weil die super viel Erfahrung haben. Aber doch mal, du kannst nicht anfangen, nur weil das irgendwelche Eckspieler sind, die in irgendwelche entscheidenden Positionen zu setzen. Das geht in die Hose. Spielt seine Rolle, wer CEO ist beim FC Bayern, wenn die Tegernsee-Connection alles entscheidet. Braucht nur ein Gesicht, der den Kopf hinhält. Ja. Das ist ja das Problem, was wir haben. Gegen 100% defensive Mannschaft nur Überforderung durch Tempoangriffe am gegnerischen 16er und Kimmich lungert da gefühlt minutenlang rum. Ja, wir haben das ja unter Nagelsmann gesehen, wie man gegen defensive Mannschaften spielen kann. Die standen auch alle gegen uns hinten drin. Und guckt euch mal die Hinrunde an unterm Nagelsmann, was wir da für einen Fußball gespielt haben vorne, ja. Also. Wer ist ein realistischer Trainerfavorit? Ja, ich denke Xabi Alonso. Ja, da ist die Frage, worauf er Bock hat, ob er in Leverkusen bleiben wird, ob er Liverpool oder Bayern die Herausforderung suchen möchte. Ansonsten Zinedine Zidane ist ja angeblich ein heißes Thema. Kann ich halt gar nichts zu sagen. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass man sagt zum Hoeneß, den ich auch als Alternative sehen würde, dass man da sagt, ja, aber der hat ja noch nichts gerissen international. Der hat ja gar keine Erfahrung. Ja, was hat denn Alonso bisher gerissen? Auch gar nichts. Ja, na klar, er war ein großer Spieler, deswegen hat er natürlich eine gewisse Erfahrung. Aber dieses Argument immer, weiß ich nicht, das fühle ich halt nicht. Ja. Ich meine, ich habe den Post gelesen vom GB im Discord. Das war ja ein Bewerbungsschreiben. Ich weiß nicht, wo er das rauskopiert hat. Zum Emery oder wie er heißt. Wenn der das alles so umsetzen könnte, wie es da steht, würde der wahrscheinlich auch fußballerisch sehr gut passen. Also ich denke, Trainer gibt's genug, ne? Ich denke, auch ein Ten Hag hätte damals zu uns gepasst, hat man ja auch nicht die Eier gehabt. Und so weiter. Also die meisten Spieler sind einfach satt. Ja, wenn wir über diese 4 großen Spieler da wieder reden, die deutschen Nationalspieler, ist das ja nun mal ein Fakt. Das ist aber auch menschlich, habe ich ja auch schon 100-mal gesagt. Wenn du 6 Titel in einer Saison gewinnst im Vereinsebene, ob Corona oder nicht, sei mal dahingestellt. Für die Generation, die sonst nie was gewonnen hat, ja, EM, WM oder sonst was, war das wahrscheinlich so, Alter, ich hab's. Ja, ich hab's. Und gut ist. Und dann ist das, glaube ich, auch menschlich, dass man, wenn man nicht Oli Kahn heißt, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger und diesen Willen hat, immer weiter und den nächsten Titel, dass es menschlich ist, dass man nachlässt. Ja. Und wenn man dann halt diesen Fehler macht und diese Spieler trotzdem weiterhin zu 100% unterstützt und immer aufstellt, passiert halt dieser Strudel, in dem wir gerade sind. Ja. Dann musst du diese Spieler halt in den Leistungskampf stellen und sagen, pass mal auf, das reicht nicht mehr. Ne? Aber genau das tut man nicht, weil sie dies erreicht haben, weil sie diese Verdienste haben für den FC Bayern. Und das ist der Teufelskreis, glaube ich. Basti, servus. Ich glaube auch, dass wir uns mit der neuen sportlichen Führung mal von Uli und Kalle emanzipieren sollten, ja. Aufsichtsrat ist ja alles schön und gut, aber man sollte auch diese alten Zöpfe mal abschneiden. Ich meine damit einfach, dass da kein Spieler mehr an Tegernsee fahren kann und heulen und das auf das Sportliche Einfluss hat. Ja, aber deswegen musst du ja dann, gebe ich dir 100% recht, Anbu, aber deswegen musst du halt jetzt dann die Zöpfe abschneiden, ja. Wenn du jetzt einen neuen Spieler holst, oder wenn du jetzt einen Delicht nimmst, ich glaube nicht, dass ein Delicht auf die Idee kommen würde, ich gehe jetzt zum Uli und hol mich aus. So, der hat mit dem Uli ja gar nichts mehr am Hut. Aber natürlich die ganzen Kimmichs und Goretzkas sind natürlich noch Ulis Kinder. Ja? Die können das natürlich noch machen. Von Müller und Neuer mal ganz zu schweigen. Ja?
Das ist halt so das Problem. Aber die neueren Spieler, die jetzt da sind, die haben das doch gar nicht mehr. Auch so ein Harry Kane, meinst du, der muss zum Oli gehen und sich irgendwie ausheulen oder sowas? Nein. Ne? Und deswegen wird es Zeit. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt nichts Schönes, als wenn Kai über Kimmich redet. Hör mir auf, Peter. Goretzka hatte noch nie Bayern-Niveau, oder? Das stimmt nicht. Der hatte mal eine gute Saison. Ja. Aber ja, Goretzka ist keiner, wo du sagst, hier oberste Klasse. Ja. Erst recht nicht die letzten 2 Jahre. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Bitte mehr Kimmich-Bashing. Das ist ja kein Kimmich-Bashing. Ich habe nichts gegen Josh. Ich mag einen Josh sogar als Typ. Wenn ich so sehe, auch dieses Jahr so nach dem Abpfiff und so, wenn er da mal auf die gegnerischen Fans losgeht oder wenn er mal emotional wird und so, ich mag das an Fußball. Ich liebe das. Ja? Aber er kriegt es halt einfach nicht geschissen, auf dem Platz ein Führungsspieler zu sein. Ja? Und hat halt von sich, ähnlich wie ein Tuchel, ein komplett falsches Bild. Ja? Er denkt immer, er ist es und ja, wir sehen ja alles, was wir für Leistungen sehen seit Jahren. Ne? Der reflektiert halt nichts mehr. Aber habe ich ja gerade gesagt, das ist halt menschlich, ne? Wenn du alles gewonnen hast und dich kritisiert keiner, du spielst immer, ist es, glaube ich, menschlich. Lustiger Name, Tuchel ist frei ab Sommer, genau, dann braucht der FC. Ja, aber ich weiß nicht, ob der. Ich glaube, Liverpool spielt schon einen anderen Fußball, als Tuchel das spielen lassen würde, oder? Aber nur eine These. Ich bin da nicht wirklich drin, wie Liverpool spielt. Aber ich glaube nicht, dass ein Tuchel auf ein Kloppo, ich weiß nicht, das passt. I don't know. Lothar als Spielerberater bei Bayern. Ja, ich denke, da haben wir kompetente Leute. Ich glaube, mit einem Freund haben wir da echt einen guten Menschen sitzen jetzt, ja, was das anbelangt. Und ich glaube, wenn Eberl kommt und die beiden echt harmonieren, dann glaube ich, sind wir da auf einem Level, was seinesgleichen suchen wird, wenn es darum geht, so Talente oder halt auch schon so Anfang 20, wie jetzt zum Beispiel den Brian, frühzeitig zu entdecken und frühzeitig klar zu machen. Ne? Glaube ich schon. Da ist dann schon eine Menge Kompetenz, wenn die miteinander klarkommen. Ja, Olli hat zu wenig die Eier gezeigt im Vorstand und vor der Kammer als Repräsentant. Im Vorstand kann ich das nicht beurteilen. Ne? Aber ja, Olli war zu wenig öffentlich präsent. Stimme ich dir 100% zu. Könntest du dir mal ernsthaft vorstellen, einen Wortbeitrag bei der Jahreshauptversammlung mit FC Bayern zu machen und auf die Kacke zu hauen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, haben wir ja dieses Jahr die Jahreshauptversammlung wieder geguckt. Wenn man sich diese Beiträge da anguckt, die ja wirklich alle unterste Kanone waren. Ich wüsste nicht, wie ich das angehen sollte. Alter. Ich weiß nicht, was hat man? 10 Minuten Redezeit? Leute, ihr seht's ja gerade. Wild. Denke nicht, dass Eber sich groß gegen Uli aufmuckt, sonst würden sie ihn jetzt nicht einstellen. Aber hoffentlich gibt er genug Kontra, um die alteingesessenen Vorstellungen vom heutigen Fußballgeschäft von Uli zu lösen. Die letzte Sommertransferphase war super peinlich. Nur blutige Nasengut bei Spielern, die offensichtlich nie zu uns wollen. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass ein Eberl den Charakter hat und das ja auch gezeigt hat, dass er der starke Mann in einem Verein sein kann. Ja. Und ich denke, es wird notwendig sein, einen Uli dann außen vor zu lassen. Uli hat selber gesagt, er zieht sich dann ein bisschen zurück. Es wird natürlich zu sehen sein, ob das so passieren wird. Ja. Aber ich glaube schon, dass ein Eberl, die Qualifikation hat er ja auf jeden Fall. Ja. Ja, es wird sehr spannend sein. Es wäre schön, wenn es so kommt. Ja. Und wenn es 1 Jahr, 2 dauert, ist ja okay, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, der Uli hat mich jetzt verpflichtet, ich sage Uli gleich, alles ist gut, geh mal in die hintere Reihe, ist auch klar, dass das nicht klappt. Ne? Aber ich denke, er muss es machen, ne? Früher oder später. Also der Fußball verändert sich ja auch und machen wir uns alle nichts vor, irgendwann ist man auch mit seinen Ansichten vielleicht ein bisschen festgefahren und ein bisschen hinterm Berg. Ne? Hat man ja teilweise gesehen an den Aussagen, die Hoeneß getroffen hat, wo wir Harry Kane verpflichtet haben. Ja, das waren ja total hirnsinnige Aussagen, ja, die uns nochmal locker 15 Mille mehr bezahlt haben lassen. Ja,
und das Ganze nochmal eine Woche länger in die Länge gezogen haben. Also das ging vielleicht früher noch so, ja, heutzutage geht das nicht mehr. Ne? Ja, aber wir haben ja die letzten beiden Trainer nicht aufgehört, sie uns zu unterstützen. Wir haben sie ja nie unterstützt, zumindest öffentlich gesehen. Ja, das weiß ich nicht. Nochmal. Ich glaube, wir als FC Bayern haben eine Strahlkraft. Ja, ähnlich wie Real, vielleicht nicht ganz so wie Real, da kann man drüber streiten, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube schon, wenn der FC Bayern sagt, wir suchen einen Trainer und der fragt bei Alonso oder auch einen Zidane an, ich glaube schon, dass die dann nicht gucken, oh ja, die letzten Trainer waren ja alle nur 2 Jahre da. Ich glaube, das ist nichts für mich. Nee, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir werden es ja sehen, ne? Der Ian stellt sich selber auf, weil er es auch besser kann. Ja, der Ian wäre auf jeden Fall on fire, ey. Alter Schwede, als Schalke-Fan würde ich echt gern eure Probleme haben. Ja, hast du ja nicht. Über Schalke brauchen wir ja gar nicht erst anfangen, oder? Schalke geht ja steiler Sturzflug wie immer. Tönnies ist weg, Schalke weg. That's the way, was den Schalke geht. Und irgendwie hat Schalke das alle 15 Jahre. Was denkst du darüber, dass Davis auf den Sprung zu Real ist? Sky hat es gerade vermeldet, Wechsel von Davis rückt immer näher. Ja, wie gesagt, tschüss. Also nochmal. Wir müssen anfangen, unsere Gehaltsstruktur, kann der Schalker ja auch zuhören, ist ja auch ein Riesenproblem auf Schalke gewesen in den letzten Jahren. Da wurden die Spieler ja auch alle maßlos überbezahlt und das Problem haben wir aktuell auch. Dass so ein Davis jetzt sagt, ja, na klar, ich möchte gerne jetzt auch, was weiß ich, sagen wir 15 Mille haben, weil Leroy Sané 20 bekommt, Kimmich 20 bekommt, Goretzka 18 bekommt, Gnabry 17 bekommt, guckt euch das Leistungsniveau an. Das ist ein Argument, was er hat. Ja? Wenn man dem Spieler dann sagt, pass auf, Fonsi, das geht nicht mehr, wir sind dabei, dies wieder runterzufahren, du bekommst das Gehalt, deine sportliche Leistung gibt gerade auch nicht mehr her und er dann sagt, nee, das reicht mir nicht, ja, dann ist doch alles gut. Dann ist man sich doch einig. So. Der Spieler möchte mehr Geld haben, der Verein möchte das nicht zahlen und dann muss er gehen. Alles tutti. Dann nehmen wir uns 40, 50 Mille von Real und dann sind doch beide glücklich. Ja. Und ist doch okay, als wenn wir für das Geld keinen anderen linken Verteidiger kriegen. Natürlich hat Fonsi ein Riesenpotenzial, ja, und könnte ein super starker Spieler für uns sein in der Zukunft. Gar keine Frage. Aber deswegen jetzt wieder diese Gehaltsspirale weitergehen. Nein, wir müssen weiter runterkommen. Fertig. Ich sehe das mit Ebert kritisch bei dem ganzen Chaos, aktuell bevorstehender Umbruch und dann Eberts Vorgeschichte mit Burnout, rennt der vermutlich nach 3 Wochen schreiend zum Vereinsgelände. Nee. Also erstmal, ich möchte da nicht mutmaßen über die Burnout-Geschichte, so wie es die Gladbacher Fans getan haben, keine Ahnung. Möchte ich gar nichts zu sagen, aber er kommt ja aus München. Ja, ist ja da zu Hause, er muss nicht immer nach Gladbach fahren und dann da eine Woche bleiben und hin und her und so. Das wird schon alles. Alonso geht in 2 Jahren zu Real. Aha. Wie findest du Zio Hernandez als Ersatz für Davis im Sommer gehen sollte? Ja, da sind wir doch angeblich schon dran. Ja. Ja. Ich kann zu dem Spieler nicht viel sagen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mir das abgewöhnt, zu irgendwelchen Spielern was zu sagen. Ich sage zu Spielern was, wenn sie bei uns sind. So, wenn ich sie ein bisschen gesehen habe, ich denke, dann können wir uns ein Urteil bilden. Aber wenn man so liest und sein Leistungspotenzial sieht, denke ich, ist das auf jeden Fall eine Alternative. Axel Baumann, dein Take mit Beckenbauer als Teammanager und es läuft wieder beim FC Bayern. Ich glaube, du bist nicht ganz so im Thema, oder? Nur mal so. Was sagst du denn zu einem Raul
Was, als Trainer bei uns oder was? Wir sollten doch lieber die Schalker dann drüber nachdenken. Haben wir ja gerade gehabt hier. Jose Mourinho wird kommen, wenn Alonso zu Liverpool gehen sollte. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, er wäre vom Fußballstil der völlig falsche Trainer bei uns. Ich glaube, die Arbeitsteilung mit Freund hilft dem Eberl. Ja, wie gesagt, also wenn die beiden harmonieren, ne, Bombe. Und wie du selber sagst, dann, der Eberl hat ja dann auch nicht, er ist ja dann nicht der Alleinige, wie es in Gladbach zum Beispiel war. Er kann ja super viel an Freund delegieren und so weiter. Ich glaube schon, dass das passen kann. Ancelotti passt die Mbappés dieser Welt noch bei Real an, dann übernimmt Alonso. Ja, das werden wir mal sehen, ob das so kommen wird, wa? Ich bin da auch sehr gespannt, ob so ein Mbappé so wild, ja? Ich glaube, er ist schon ein Spieler, der gerne so ein Alleinstellungsmerkmal haben will und das wird der bei Real auch nicht so haben. Aber mal abwarten. Jose Mourinho spielt aber noch ekligeren Fußball als Tuchel, denke, daher ist er keine Option. Ja, was heißt ekligeren Fußball, aber geht auch schon so in die Richtung zerstören, anstatt selber kreieren, ne? Bei der letzten WM war Kimmich der Einzige, der fast geheult hat. Gnabry und Sané standen ein paar Meter weiter und haben locker geplaudert. Ja, ist ja auch super ehrgeizig, der Kimmich, das kann man ihm auch nicht absprechen, ne? Kloppo will nicht mehr so einen anstrengenden Job. Ja, mal abwarten, ne? Vielleicht kommt der Kloppo gar nicht mehr zurück, wenn er Gefallen findet an der Ruhe, die er dann hat. Oder er hält es halt nicht aus und das Zittern geht los und dann wird er schon irgendwo wieder aufschlagen. Antonio Conte vielleicht. Weiß ich gar nicht gerade, was der für einen Fußball spielen lässt. eFootball Mastro, hallo. Bayern braucht einen Trainer, der Empathie vermittelt. Ja, wie gesagt, es wird nicht reichen, nur den Trainer zu tauschen. Ich denke mal, da sind wir uns ja im Großen und Ganzen alle einig hier, ne? Wir müssen halt ein paar alte Zöpfe abschneiden. So. Ob das alles so schlau war, von wegen mit der Verlängerung bei Müller und Neuer und so, kann man sich ja auch drüber diskutieren. Ja, klar, Finale da home und so weiter. Verstehe ich schon, dass man das nochmal macht für die beiden und so weiter. Aber ja, wird halt auch wieder so die Sache sein, ne? Wird der neue Trainer wieder über Müller stolpern, weil er noch ein Jahr da ist? So, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass Müller aber auch nicht mehr dieses Leistungsniveau hat und erst recht nicht bei einem Umbruch irgendwie der entscheidende Charakter sein kann. Ja? Er wird also ein Ergänzungsspieler sein. Vielleicht jemand, der die Jungen ranführt, bekommt dafür dann 20 Millionen im Jahr. Das ist natürlich auch ein wilder Take. Also das wird halt auch eine interessante Geschichte werden, ne? Mit dem neuen Trainer. Aber immerhin nach dem Manchester-Hinspiel, da habe ich Tuchel aufgegeben. Wild. Eberl ist auch ein Schisser. Ja, das werden wir ja sehen. Aber ist doch schön, dann haben wir doch immer noch was zu kritisieren, was zu meckern, was worüber wir diskutieren können. Überleg doch mal, alles wäre schön und alles wäre Rosenblüten. Dann würde ja mein Kanal gar nicht existieren und wir hätten alle nichts bei der schönsten Sache, der Nebensache der Welt, wo wir uns aufregen können. Oder überlegt mal, wir hätten die Probleme wie die Schalker, wie wir gerade gehört haben. Ja. Rudi zieht sich zurück. Ja, da kann man auch nur Lachsmilies machen. Gehe ich mit dir. Ah. Ich würde es echt feiern, Kai bei der Hauptversammlung sprechen zu sehen, richtig schön in Rage. Ja. Ich versichere euch, mit Max holen wir in 3 Jahren wieder Triple. Es wird halt auch nicht leichter, ne? International mitzuhalten. Der Grösche von Frankfurt ist ein ziemlich guter, kauft immer Top-Talente. Ja, der Grösche macht auch einen guten Job. Geh ich komplett mit, ja. Ich glaube auch, Frank. Ich glaube auch, der Uli wird irgendwann, kommt dann echt so wie in so einem schlechten Film. Rollator, hinten die Sauerstoffflasche, die noch auf 2 Rädern läuft.
Und dann kommt der da mit 98 noch angefahren und sagt, was ist denn hier los? Das ist nicht mehr mein FC Bayern. Mach den da weg. Ach, herrlich. Champions League Sieg wird nicht mehr passieren. Ach, sicher werden wir die Champions League gewinnen, Leute. Macht euch keine Sorgen. Am Ende kommt ein Sebastian Hoeneß als Trainer und wird dann so ein Kovac 2.0 Ding. Nee, man muss dann nur die Eier haben, das durchzuziehen. No, aber das ist egal, welcher Trainer kommt. So, es wird schwer werden für den kommenden Trainer. Zumindest, wenn der Verein endlich die Eier hat und den Umbruch vollzieht. Ja? Mit diesen ganzen satten, leeren deutschen Nationalspielern. Ja, dann haben wir halt nur noch 3 deutsche Spieler im Kader. Dann ist das so. Wenn die deutschen Spieler alle nicht das Niveau haben für eine europäische Topmannschaft, dann ist das so. Drauf geschissen. Ja, fertig. So, da müssen wir halt wieder, wie wir es gerade anfangen mit Pavlovic, da müssen wir halt wieder aus der eigenen Jugendakademie, was ja der Plan ist, Spieler ranführen und selber entwickeln. Fertig. Ja? Und gut ist. Und natürlich kannst du nicht davon ausgehen, nächstes Jahr kommt, sagen wir mal, Alonso kommt wirklich. Dann brauchen wir nicht davon ausgehen, dass man sagt, ja, wir werden aber nächstes Jahr locker Meister. Ja? Nee, mit Sicherheit wird das nicht locker, easy peasy werden, wenn wir es überhaupt schaffen, um die Meisterschaft zu spielen. Je nachdem, wie groß der Umbruch sein wird und wie schnell die neuen Spieler funktionieren. Ja. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Wo ist das Problem? Solange wir ehrlichen Fußball sehen, wo man sieht, dass die Jungs brennen und wollen, ist doch alles gut. Ne? So, und da ist es egal, ob der Sebastian Hoeneß heißt, Xabi Alonso oder was weiß ich. Zinedine Zidane. Ja, das spielt am Ende des Tages keine Rolle. Es spielt dann die Rolle, was ja die große Hoffnung meinerseits ist, dass dann ein Sportvorstand da ist, der den Rücken gibt. Ja? So, das ist das Wichtige. Wie es ein Eberl auch in Gladbach getan hat. Denk mal an, wie hieß er? Lucien Favre zurück in Gladbach. Ja? So, das brauchen wir. Und das fehlt uns die letzten Jahre. Unter Brazzo gab es das nicht. Gab es nicht. Alles musste der Trainer moderieren. Der Nagelsmann musste die ganzen Eklats, die da waren, von der Jahreshauptversammlung moderieren in der Pressekonferenz. Das musst du dir reintun als Trainer. Ja, das ist doch das Problem, welches wir haben. Der Uli hat so ein Vakuum hinterlassen und es ist keiner da, der es nur ansatzweise ausfüllt. Ja, und da müssen wir halt hoffen, dass das ein Eberl macht. Ob das dann in Absprache mit dem Uli ist oder nicht, erstmal drauf geschissen, Leute. Wir brauchen wieder einen, der da vor der Kamera steht, der auf einer PK steht und sagt, bis hierhin und nicht weiter, ja, wenn es um Trainer geht. Und der sagt, jetzt ist Schluss, Trainer ist ohne Diskussion, die Spieler müssen liefern. Und der auch die Eier hat, dann zu so einem Josh hinzugehen, wenn er noch da sein sollte und sagen, pass auf Josh, so geht das hier nicht weiter. Ja? Ich bin jetzt hier. So, das ist, was uns fehlt. Ach, Dr. Doom, Alter. Ganz ehrlich, ich würde gerne sagen, lösch dich, aber es wäre wahrscheinlich zu hart. Ne? Aber geh einfach hier aus dem Chat raus, Alter. Junge, Alter, du peilst gar nichts. Ja, geh einfach. Junge, Alter. So einen Satz hier lesen muss. Tch. Junge. eFootball Master, servus. Ach, da ist der Beckenbauer-Spruch. Ja, super. Axel Baumann. Ich hoffe, du streamst jetzt jeden Freitag. Ja, das werden wir erstmal beibehalten. Ja, bei der Bekeit auf jeden Fall jemand vom Vorstand dabei sein müssen. Ja, egal wer. Es hätte jemand da sitzen müssen. Davis fühlt sich irgendwie allein in München. Aha. Schalke bekommt Stand jetzt keine Drittliga-Lizenz. Ja, wie auch. Schon krass, Schalke, zweiter größter Verein in Deutschland und vielleicht dritte Liga. Ja, traurig ist das. Nigirishi. Vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Traurig ist das, ne? Wirklich traurig. Schalke gehört halt in die erste Liga, aber Schalke hat so das Problem,
was Dortmund wie wir vorhin hatten, hier diese Meier-Dekade hatte, ja, und zahlt da gerade die Rechnung für, Alter. Muss man leider so sagen. Aber guckt euch Kaiserslautern zum Beispiel an. So, wie lange die in der Versenkung verschwunden waren. Ja. Und die sind auch immer noch nicht wieder erste Liga. Also da kannst du ja durchgehen. Es gibt so viele Traditionsvereine, die irgendwo im Nirgendwo rumdümpeln. Ja. Schon wild. Ja, David Moon, ja. Sehr gut. Der FC Bayern hat die richtigen Schritte für die Zukunft ein. Die fehlenden Bausteine werden hinzugefügt und die nächsten Jahre werden wir wieder die Champions League gewinnen. Ich denke auch, dass wir gerade richtige Schritte einleiten. Ja. Wie gesagt, wir haben die richtigen Schritte schon eingeleitet mit dem Wechsel letztes Jahr. Also. Und nochmal, ich bin auch der Meinung, dass es okay ist, so ein Banker, der lange im Verein ist, der den Verein auch liebt und brennt, das nimmt man Chrissy ja ab, denke ich. Das macht schon Sinn, dass auf dem CEO-Posten so jemand sitzt. Wenn du dann einen starken Sportvorstand hast, den wir dann hoffentlich haben werden, dann passt das schon. Sagen wir hauen Sané, Kimmich, Goretzka, Gnabry weg. Wen holen wir mit der Kohle? Das ist völlig wurscht. Spieler, die brennen, ne? Die für den Verein spielen wollen und nicht da sind, à la Fonzie Davis, um die Kohle abzugreifen. Also ich kann dir das nicht beantworten, ja. Bin nicht irgendwie, keine Ahnung, Spielerentdecker oder was. Aber ich denke mal, Gnabry haben wir ja schon Ersatz da, alles ist gut, ja. Wen hast du noch genannt? Sané, ich denke auch da hätte man Ersatz da. Ja, wenn du Tell und Brian nimmst, wenn du dann vielleicht nochmal einen jungen Willen für Außen verpflichtest, wenn wir überhaupt noch so über Außen spielen wollen, das wissen wir ja noch gar nicht, ja. Vielleicht wollen wir davon sogar weg. I don't know. Und in der Mitte, ich denke mit dem Pavlovic, wenn man die Eier hat und ihn jetzt mal bis zum Ende der Saison vielleicht das Vertrauen schenkt, dann wird man sehen, ob er den nächsten Step macht, ob das reicht vielleicht, ob man sagen kann, yo, wir verlassen uns auf ihn und man stellt ihn, je nachdem auch da, wie wir spielen wollen natürlich, irgendwie einen super erfahrenen, super starken Partner an die Seite, dass er von dem auch noch weiter lernen kann. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt da dann, was weiß ich, wieder Milliarden an Euros rausballern. Ja, also. Wie kann man dich noch unterstützen, außer Abo und Daumen hoch? Leider kein Geld pro Abo für Geld. Finden es super, wie viel du machst und wirklich alles machen musst. Alles gut, ja. Solange du mach einen Daumen hoch, da unterstützt du genug mit. Alles ist gut. Ja. Also hier muss keiner irgendwie den Drang haben oder das Verlangen haben, mich zu unterstützen, wenn man keine Kohle hat, Leute. Also alles ist gut, ja. Jeder Daumen hoch, jeder Kommentar, jeder Klick, wenn man sich das Video anguckt, ist Support genug, Leute. Ich habe so viel Hoffnung in Max Eberl. Ich denke, er und Freund werden den Laden mal richtig durchwischen und aufräumen. Ja, wie gesagt, wenn die beiden klarkommen miteinander, denke ich auch, ist das eine super starke Kombo. Vielleicht überlegt es sich Klopp doch noch anders und kommt zum FCB. Das glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so gut wäre. Ja, wenn man, guck mal, er sagt ja selber, dass er irgendwo dann ausgebrannt ist, wenn er so einen Take bringt und sagt, er braucht ein Jahr Pause. Dann weiß ich nicht, ob es dann sinnig ist zu sagen, ich gehe jetzt in diese Situation rein, die nicht leicht werden wird bei uns die nächsten Jahre, ja, die nächsten 1-2 Jahre, wenn wir wirklich den Umbruch angehen sollten. Ich glaube, da würde er sich auch keinen Gefallen tun dann. Du musst schon dann echt fit sein und feuerfrei sein, ne? Und nicht irgendwie, nee. Genau, Thorsten, denke ich auch, dass er eine Pause braucht. Verstehe ich auch nicht, warum Gnabry noch im Verein ist, Alter. Frag mich nicht. Man hätte den Vertrag niemals verlängern dürfen, ne? Das ist das Problem. Aber das hat man wieder unter Brazzo getan, weil man die Panik hatte, scheiße, der geht dann ablösefrei, wie soll ich das irgendwie rechtfertigen können? So kam das rüber.
komm, wir geben in die 17 Mille und wir hoffen mal, dass wir dann ihn in einem Jahr vielleicht verkaufen können. So kam diese Vertragsverlängerung rüber. Ja, und mit den Leistungen, die er gezeigt hat, wer will diesen Menschen kaufen, sportlich gesehen? Ja? Mit das Gehalt, also no Chance. Die FCB-Kabine braucht eine Komplettsanierung. Ja, na klar. Das ist ja auch nichts Neues. Aber wir haben ja auch Typen da. Ja, wir müssen einfach die Typen dann auch mal. Du musst die alten Typen halt ein bisschen rausnehmen, die neuen Typen in den Vordergrund stellen. Ich meine, du hast einen Heavy Kane da, Alter. Wenn ich da Argumente höre, er ist kein Führungsspieler, Alter, dann weiß ich halt auch nicht mehr. Ne? So, du hast einen De Ligt da, der diese Rolle sehr gerne übernehmen will, was er letzte Saison auch gezeigt hat. Da hast du doch schon mal zwei, die da reingehen würden, wenn da dieses Vakuum entsteht, dass da wieder Spieler reingehen, die diese Mannschaft führen wollen. Ja, also. Manuel Ugarte kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Chico, hör auf, Alter. Hör auf, bitte. Thomas, die Lokomotive Tutut giftet it hier 1 Sub du FR33 World. Gut, dass du gerade die 5er Subs verschenkst, Thomas. Vielen lieben Dank. Kann ich mal kurz. Kann ich mal kurz den Take vom Chico verarbeiten? Thomas, die Lokomotive Tutut giftet it hier 1 Sub 2 Antagon 91. Thomas, die Lokomotive Tutut giftet it hier 1 Sub 2 großes Radler. Thomas, die Lokomotive Tutut giftet it hier 1 Sub 2 Ralf Reichts _. Thomas, wild, vielen lieben Dank für schon wieder 5 verschenkte Abos. An Westmoor, Freebird, Antagon, Großradler und Ralf Reichts. Ich muss immer noch den Schock verarbeiten vom Chico, der geschrieben hat, er wünscht sich, dass er Flick unser Trainer wird, nur damit ich eskaliere. Eieiei. Uiuiuiui. Der ist auch gut. Kimmich kann sich ohne Konsequenzen eine Auswechslung mit dem Co-Trainer fetzen. Absolute Frechheit. Der Typ braucht mal eine Denkpause. Martin, ja, habe ich gut gemacht, oder? Wie viel muss der Uli dir zahlen, damit du ab Sommer übernimmst? Es reicht, wenn er mir einfach mein jetziges Gehalt plus vielleicht einen kleinen Bonus zahlt. Bin ich am Start, gar kein Problem. Brauch keine Millionen. Alles gut. Unsere Kabine ist doch mittlerweile PSG-Niveau. Ich weiß nicht, wie das Niveau in Paris ist, aber ja, viel Spaß bei Leverkusen. Nee, Chico, ganz genau, ich brauche keine Millionen. Alles gut. Ich brauche auch keine 100.000, Alter. Was ist los? Ja, an alle viel Spaß bei Leverkusen. Guckt euch mal guten Fußball an. Ich vermisse die Anrufe im Doppelpass von Hönes. Ja. Der gute Uli, ey. Sebastian Hönes und VfB funktionieren momentan gut zusammen, aber ob das auch beim FCB so wäre, eher nein. Aha, aus welchem Grund denn? Bin der schlechteste Manager für dich bei 100.000. Wann kriegt Man City endlich Bestrafung für angeblich 115 Financial Fairplay-Verstöße? Ja, niemals. Niemals. Weil das alles korrupte Säcke sind, wie in der Politik auch. Ja, da wird alles schön geschmiert und dann gibt es auch keine Bestrafung. Lieber Kai, in der Trainerszene ist bekannt, welchen Einfluss der Pate vom Tegernsee und seine Lieblinge im Verein haben. Warum tun sich trotzdem so viele den Job an? Ja, weil es der FC Bayern ist. Ja. Also wenn du als Trainer die Chance hast, bei einem der größten europäischen Vereine anzuheuern, dann nutzt du das doch in der Regel auch.
Das ist ja nun mal so. Welche Spieler sollte Bayern neben Kimmich und Goretzka noch verkaufen? Sané und Gnabry. Und Davis, wenn er mit dem Gehalt nicht zufrieden ist, kann auch gleich mitgehen. Ja. Vielleicht sollte man auch einen unerfahrenen Trainer suchen, der mit der Mannschaft wachsen kann. Ja, na klar. Und deswegen habe ich ja auch den Hoeneß mit ins Gespräch gebracht. Wenn man die alten Zöpfe abschneidet und nicht da diese Kimmis, Müllers und so rumrennen hat, die den Trainer dann wieder versuchen zu untergraben, weil irgendwas wieder nicht passt, kannst du das halt auch machen. Ne? Aber du musst dann halt hinter dem Trainer stehen und mit dem Trainer auch festhalten. Das ist halt so das Ding. Für die Bundesliga-Spannung wäre es am besten, Alonso bleibt noch 2 Jahre bei Leverkusen. Dann hat Bayern einen echten Gegner, wäre doch geil. Ich glaube noch nicht mal, dass Bayern dann echt einen Gegner hätte. Ich glaube, wenn Alonso bei Leverkusen bleibt und Leverkusen den Kader zusammenhält, wäre Leverkusen einfach ganz klar vor uns. Wenn wir wirklich einen Umbruch machen, wie gesagt, das wird nicht sofort funktionieren. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Dann hast du keine Chance, wenn Leverkusen weiter so performt, die überhaupt anzugreifen. Ja. Und für mich ist das völlig fein. Ja. Wie gesagt, für mich ist das völlig fein. Mir ist das völlig Wurst. Ja. Ich finde es gut, wenn starke Gegner da sind in der Bundesliga. Ist auch völlig okay, wenn wir mal 2 Jahre nicht Meister werden. Oder lass es 3 sein. Meine Fresse, wen interessiert's denn? Ja, Hauptsache, wir bauen wieder was auf. Und man hat wieder das Gefühl, das sind Spieler, die für diesen Verein Fußball spielen wollen. Die wollen. Ja, und alles ist gut. Ja, der Rest kommt von alleine. Ja, mit den Verletzungen, da muss man natürlich auch gucken. Ja, das ist klar. So ein Fans auch noch die Arbeit der Scouts machen. Genau, ihren Kunde hat man auch verpflichtet, aber natürlich erstmal für die zweite Mannschaft, ne? Ja, ich weiß, dass Leverkusen spielt, alles ist gut. Groß zurückholen, ja klar, da kannst du dich, das ist, wie gesagt, ich muss hier mal so einen Knopf machen, wenn das dass mein Kopf explodiert. Vor 30 Jahren habe ich jedes Fußballspiel der Welt angeschaut. Heute kenne ich fast keine Spieler. Chico, ist bei mir genauso. Ja, ich habe früher auch neben dem FC Bayern Bundesliga immer alles geschaut, zweite Liga sehr viel geschaut, natürlich Europapokal alles geschaut. Ich gucke mittlerweile nur noch den FC Bayern. Ja, ganz selten mal, keine Ahnung, wenn irgendwie Champions League, Halbfinale oder sowas, ja klar. Ne? Oder halt Leverkusen, Stuttgart hatte ich mir mal reingeballert, um mal schön Fußball zu sehen diese Saison. Ab und wann auch mal ein Zweitligaspiel, je nachdem, ne, wenn irgendwas Interessantes ist. Oder die Bochumer mal ganz, ganz selten. Aber ansonsten habe ich da gar nicht erstens nicht die Zeit für. Ja, eigentlich ist das der Hauptgrund. Aber natürlich auch die Entwicklung des Fußballs so, ne? Groß hast du denn? Was wollen wir denn jetzt mit einem 35-jährigen Toni Kroos, Alter? Was ist denn los mit euch? Das ist schon ein Witz, dass der in die Nationalmannschaft zurückkommt. Alto Betty, ey. Der Spieler ist auch sowas von überschätzt, Alter. Sag ich euch, wie es ist. Toni Kroos war ja mal ein richtig gut, der war auch bei uns richtig gut, ja, und es war ein Fehler, ihn einfach so gehen zu lassen. Unterschreibe ich alles. Ja, aber jetzt ein Toni Kroos als Messias für die deutsche Nationalmannschaft zu feiern, Alter, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Aber ein richtiges. So ein großes. Junge. Der wird der Messias sein, der die deutsche Nationalmannschaft zur EM führt, Alter. 100 Pro wird er das sein. Junge. Ja, Gnabry muss nach Saudi verkaufen. Einzige Option, ja. Aber da wollen die Spieler ja schon wieder alle weg. Tell, der ist einfach super. Ich finde den super, den Jungen. Ja, ist er auch. Der brennt auch für den Verein. So, dem musst du halt einfach mal Spielpraxis gönnen. Kay müsste eigentlich nächste Saison Kapitän werden. Ja, wenn man schlau ist, tut man dies, ja. Welcher ist dein favorisierter Fußball für Bayern? Offensiv, aggressiv, Pressing, Ballbesitz kontrolliert, defensiv kontrolliert mit schnellen Kontern. Defensiv kontrolliert mit schnellen Kontern auf gar keinen Fall, habe ich gerade schon gesagt, wird in der Bundesliga niemals funktionieren. Wird vielleicht international ab Halbfinale funktionieren, wenn du richtig starke Gegner hast, sonst auch nicht.
Ballbesitz, kontrolliert, offensiv, aggressiv, Pressing. Ja, so eine Kombo aus beiden wäre schon geil. Ja. Ich meine, offensiv, aggressiv, Pressing haben wir unter Nagelsmann gesehen. Hat mir super gut gefallen zum Anschauen. Ballbesitz kontrolliert unter Pep war auch super gut. Ja. Idealerweise so eine Kombo wäre natürlich das Nonplusultra, denke ich. 1:0 Leverkusen. Ja, mein Gott. Habt ihr was an? Die spielen da irgendwie. Leute. Der Vorletzten, also. Was über Gnabry richtig ärgert, dass sie die Nummer 7 hat. Ja. Definitiv, Juri. Gehe ich komplett mit. Es ist schade, dass wir das nicht haben wie teilweise in amerikanischen Sportarten, dass so eine Nummer manchmal einfach geblockt wird. Gut, das wäre beim FC Bayern ziemlich schwer, weil wir hätten schon viele Nummern blocken müssen. Dann müssten wir wahrscheinlich auch in die 100er-Bereiche gehen, aber dass dieser sportlich gesehen, ja, wir reden immer nur sportlich gesehen, das möchte ich nur mal klarstellen, dass dieser Mensch sportlich gesehen die 7 trägt, ist eine Farce. Wo sind wir unterwegs? YouTube oder Twitch? Auf beiden, wo du dich wohler fühlst. Ich lese beide Chats hier, ich habe beide Chats in einem Chat. Siehst du ja auch hier. Das ist gar kein Problem. Ivan, servus. Gute Erinnerung an die Leistung gegen Bochum. Ist Neuer noch der richtige Torwart? Sollte man nicht eine neue Nummer 1 aufbauen? Namen wie Diego Costa oder Mamardishvili fallen mir ein, sind 2 junge Torhüter mit Entwicklung. Ja, man sollte, wenn man jetzt einen Cut macht, muss man auch Neuer rausnehmen. 100%. Ja, es macht keinen Sinn. Also nochmal, wie lange soll denn jetzt ein Neuer noch spielen? Gehen wir mal vom Optimalfall aus. Ich weiß nicht. Selbst 2 Jahre ist ja schon super optimistisch. Ja. Erstens spielt er seit seiner Verletzung mit Dauerschmerzen, wenn auch nicht schwere Schmerzen, was normal ist in diesem Alter mit so einer Verletzung. Ich denke mal, das sieht man ihn auch ein bisschen an, wie ich persönlich finde, was jetzt nicht heißt, dass er schlecht ist. Bei Neuer ist halt auch das Problem, dass man das Gefühl hat, dass er kein Gönner ist. Ja? Wie schön wäre es denn, wenn ein Neuer ein Peretz an die Hand nehmen würde, nächstes Jahr, ja, und ihn zur Nummer 1 aufbauen würde. Weil das der Peretz Potenzial hat, wenn man sich ein bisschen mit diesem Spieler mal beschäftigt, ist unbestritten. Ja? Wie geil wäre das denn, wenn ein Neuer diesen Move machen würde? Dann könnte ich vielleicht auch verzeihen, dass er auch für über 20 Mille verlängert wurde, um ein weiteres Jahr. Ja? Aber das wird halt nicht passieren. Dafür ist dieser, ich weiß nicht, ob er auch zu ehrgeizig ist. Das wäre der Idealfall. Ja? Oder wenn man das dem Peretz halt nicht zutraut, ja, dann verpflichte jemanden. Aber dass er dann herangeführt wird vom Manu. Ja? Ich denke, der Manu kann noch viel Wissen weitergeben. Nur er muss dann halt auch mal einsehen, keine Ahnung, ich mache dann jetzt vielleicht nur noch die Pokalspiele oder so, dass man wirklich den jungen Torwart in die Pflicht nimmt. Ja? Ansonsten wirst du irgendwann so einen Cut haben, so BAM! Ja, Neuer ist weg und du musst dann wird wieder irgendeiner verpflichtet für 80, 90 Millionen. Weiß ich nicht. Ich würde es mir halt so rum eher wünschen. Ne? Guardiola zurückholen. Ja, das wird, glaube ich, auch nicht passieren. Bin am Dienstag Champions League wieder vor Ort. Ja, Simon, viel Spaß. Ey. Hoffentlich bringst du Glück. Da sehe ich erstmal Servus. Was ich mir wünsche für die kommende Saison ist, dass es endlich mal eine vernünftige Kaderstruktur herrscht. Ja, das wird nötig sein. Warum fragen die Medien bei jedem Spiel, spielt Müller und Wilm, wenn nicht, warum? Die wissen doch auch, dass er nicht mehr 18 Jahre ist. Ja, aber die möchten das doch gerne hören. Ja? Die möchten das doch gerne hören. Guck mal, wenn der Tuchel einmal gesagt hätte, ein einziges Mal, Leute, der Thomas Müller spielt nicht, weil Jamal die Zukunft ist und es beim Thomas Müller gerade nicht reicht. Wenn er das einmal gesagt hätte, wäre gut gewesen. Natürlich hätte es erstmal eine Woche Thomas Müller abgesägt von Tuchel. Thomas Müller ist nicht mehr gut genug. Mr. FC Bayern ausgebotet. Ja,
scheißegal, hättest du jetzt ja mal eine Woche ertragen müssen. Und dann wäre gut gewesen. Aber was hat ein Thomas Tuchel gemacht? Nein, alles den Thomas Müller Spiele. Thomas Müller ist ein super wichtiger Spieler. Er wird jede Woche wieder gefragt, bringt jede Woche die gleichen Floskeln, die gleiche Scheiße und wundert sich dann, setzt sich dann heute die PK hin. Ja, wenn ich doch mal den rausnehme, dann ist doch gleich Eskalation von euch. Ja, genau deswegen. Dann sagt doch einmal klare Kante und dann ist doch gut das Thema. Ja. Sagt doch, ja, es reicht halt nicht mehr. Wir brauchen den Thomas aber als Typen. Er unterstützt die Jugendspieler. Er wird auch seine Chancen kriegen, immer mal wieder. Und wäre doch gut gewesen. Ja? Und dann hätte vielleicht auch der Verein überlegt, ob man nochmal 20 Mille den Thomas Müller in den Arsch schiebt für das letzte Jahr. Ne? Für einen Ersatzspieler. Wow. Wild. Aber ist halt nicht passiert. Und da muss man sich nicht wundern. Hast du die Bayern-Serie gesehen, der Aufstieg des FCB? Und wenn ja, wie hast du sie gefunden? Auf RTL das Ding, ne? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich denke, Leverkusen funktioniert, solange wie Alonso dort ist. Sollte Alonso gehen, lauflich zu uns wird Leverkusen deutlich schwächer. Ja, nicht Leverkusen würde auseinanderfallen, glaube ich. Ja. Ich glaube, die Spieler würden dann halt echt auch wechseln wollen. Ich glaube, wenn so Alonso bleibt in Leverkusen, würden wahrscheinlich auch viele Spieler sagen, wir bleiben auf jeden Fall auch noch ein Jahr. Könnte ich mir schon vorstellen. Wo hast du die Jacke her? Ich feiere diese Retro-Sachen. Die bekommst du, wenn du Mitglied bist beim FC Bayern, gehst du in den Fanshop rein und suchst mal nach der Members Collection von diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob es die da jetzt gerade noch gibt oder ob die gerade ausverkauft sind. Musst mal gucken, dann kannst du die kaufen. Geht aber auch nur, wenn du Mitglied bist beim FC Bayern. Dass Sebastian Hoeneß beim FCB nicht funktioniert, ist eher ein Gefühl von mir. Vielleicht würde es ja klappen. Ja, wer weiß. Einfach die ganze Mannschaft von 2013 zurückholen. Der Verein muss Spieler holen, die hungrig auf Erfolg haben und für die es eine Ehre ist. Ja, ganz genau. Bin echt so gespannt, wie Tuchel aufstellt. Ja, das Ding ist, er kann ja gerade noch nicht viel ändern. Ne? Weil so ein Kimmich muss ja spielen, dadurch muss ein Goretzka spielen. Es wäre jetzt wieder wild, wenn er den Leimer von Anfang an reinwirft. Kann ich mir nicht vorstellen. Von daher, eigentlich ist die Aufstellung diesmal wirklich vorhersehbar. Ne? Einzige, was interessant werden wird, ist Spiel Musiala und Sané. Und Müller. So, die drei sehe ich gerade, wo es interessant wird. Ob er Tell bringt und Saragossa oder wenigstens einen von beiden oder keinen von beiden. Aber ein Kimmich geht ja nicht anders, dadurch geht ein Goretzka nicht anders, der wird auch spielen. Ja, denke ich zumindest. Bin kein Großfan, überschätzt ist er nicht. Er leitet immer noch das Spiel von Real, aber er war 2018 auch Versager bei der WM. Bin mal gespannt, ob das klappt. Ich bin nicht wirklich drin im Real-Thema, aber dass ein Großstar der große Denker und Lenker war, ich denke, da hat ein Modric, glaube ich, schon mehr Anteil, aber ist auch nur mein Take. Vielleicht ist das so, keine Ahnung. Ist mir auch Wurst. Ja, mir ist egal, was ein Toni Kroos ist oder nicht. Aber wenn ich lese, man muss einen Toni Kroos zum FC Bayern holen, dann fällt mir halt nichts mehr zu ein. Sorry. Müssen nicht anfangen, jetzt irgendwie 34, 35-jährige Spieler zu verpflichten, Alter. Was sagst du zu Thomas als neuen Trainer? Gar nichts sage ich dazu. Ich weiß nicht, ob ein Thomas Müller ein guter Trainer wäre. Oder ob er überhaupt Trainer sein möchte. Ja. Und du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt einen Thomas Müller als Trainer. Könntest du vielleicht sagen, wenn du die halbe Mannschaft jetzt wegschicken würdest. Aber ansonsten kannst du das nicht bringen. Du kannst nicht einen Spieler aus einer Mannschaft nehmen und sagen, du bist jetzt der Trainer dieser Mannschaft. Das würde nicht funktionieren. Ich muss gestehen, bin etwas Red Moody-süchtig. Heute schon 3 bis 4 Stunden Videos geguckt und bin wohl generell YouTube-süchtig auch. YouTube-süchtig ist nicht gut, ey. Die große Bayern mit 35. Ja, da kannst du ja auch nur sagen, dass das eine dumme Aussage ist, oder? Würdest du den FC Bayern beschreiben, wenn du nur 3 Worte verwenden dürftest, die nicht Fußball, München oder Bayern enthalten? Ja, das ist ja jetzt keine Herausforderung, oder meinst du das ernst jetzt? Ja, sagst du mir, Samir, Minga oder Rot und Weiß?
So, ganz plakativ. Ansonsten kannst du aber auch nehmen, Erfolg, weiter, immer weiter, arrogant. Du kannst nehmen Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Gerd Müller. Jegliche 3 andere Ikonen dieses Vereins. Da gibt's ja 20.000 Varianten. Groß funktioniert nur noch bei Real. Ja, I don't know. Ich gönn's dem Jule, wenn das in der Nationalmannschaft klappen würde, aber man sieht halt auch da, dass die Panik vorherrscht. Ja, die Panik in der deutschen Nationalmannschaft herrscht vor. Man kramt alle alten Säcke wieder zusammen. Müller, Hummels, jetzt noch Groß. I don't know. Ich weiß nicht, vielleicht, dass der nächste kommt, wir holen Jerome Boateng zurück in die Nationalmannschaft oder was. Also ganz wilde Takes, also. Selbst wenn das klappen sollte, irgendwie ansatzweise ins Viertelfinale oder so zu kommen bei dieser EM, danach der nächste Bundestrainer sitzt wieder vorm Scherbenhaufen. Ja, der fängt wieder bei Null an. Also. Ja. Hoffe auch, dass De Ligt und Tell bleiben. Ich denke, da spricht jetzt nichts mehr gegen, wenn Tuchel geht. Fehlt dem FC Bayern ein Schweinehuhn, Spieler wie Van Bommel oder Vidal, die auch mal dazwischen hauen. Ja, ich denke, dass wir mit Eric Dyer so jemanden haben, aber natürlich im zentralen Mittelfeld fehlt auf jeden Fall diese Komponente. Ja. Meine Mutter würde sagen, du frotzelst gern. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Ja, eben, wir haben halt den Peretz, ne? Aber wie gesagt, der wird ja auch wieder einfach, ja, weiß ich nicht. Wäre halt schön gewesen, wenn man den Jungen einfach mal ein paar Spiele gegeben hätte. Groß wollte weg, der FCB hätte ihn auch nicht mit viel Geld halten können. Ich glaube schon, dass man ihn hätte halten können, wenn man das gewollt hätte. Echt, man merkt, dass du null Ahnung hast. Meinst du mich oder was? Ja, ist doch okay. Musst ja nicht meiner Meinung sein, dann musst du ja hier auch nicht zugucken. Oder zuhören oder wie auch immer. Ja, über Nübel brauchen wir nicht reden. Guck zuletzt auf Sportschau-Bundesliga-Berichte, skip aber oft vor zu den Toren. Ja, aber kannst du das mittlerweile nicht auch auf YouTube gucken oder was? Heute so Zusammenfassung. Ich habe aber auch keine Ahnung. System 4-2-3-1. Ja, was wir seit Jahr und Tag spielen. Diese 15 Millionen Plusgelder sind ein einziger Wahnsinn. Ja, ist es auch. Allein so, guck mal, wir reden davon 15 Millionen plus. Allein 15 Millionen ist ein Wahnsinn. Ja, jetzt mal ernsthaft. Und jetzt guckt euch mal an, welche Spieler diese Gehälter bekommen. Das steht doch in keinem Verhältnis zu der sportlichen Leistung. Also da müsste man ja wenigstens immer auf diesem hohen Level performen. Dann kann man ja darüber reden. Zum Beispiel so ein Levi, ja, habe ich gefühlt, kannst du machen. Der war nie verletzt, der hat immer performt. Klar hat er auch mal irgendwie 2, 3 schlechte Spiele gehabt, aber der hat immer performt. Der war immer körperlich fit, nie verletzt, ja. Völlig okay, völlig legitim, dass der so ein Gehalt bezogen hat. Aber wenn ich dann sehe, so Gnabrys oder Sanés, dass die so ein Gehalt beziehen, also das ist ein Schlag in die Fresse, ist das. Mann, Mann, Mann. Ja, nehmen es den Nübel auch übel. Wow. Dass er dem Manu aus dem Weg gegangen ist, aber in Stuttgart macht er es gut. Ja, na klar. Aber ich weiß nicht, ob das dann die richtige Mentalität ist für den FC Bayern. Das ist aber auch nur meine Meinung. Ja, jetzt mal ernsthaft, guck dir, der Neuer ist am Ende seiner Karriere. So, Punkt. Ja, wenn wir jetzt vom Umbruch reden, musst du den Torwart mit umbrechen. Würdest du jetzt einen Umbruch machen und der Neuer hört dann nach einem Jahr auf und du hast wieder die nächste Baustelle, ja? Das ist doch Tullux. Wenn du jetzt einen Umbruch machst, dann auch gleich einen neuen Torwart, der sich mit der Abwehr einspielt. So, alles andere macht keinen Sinn. So, es ist doch nicht so, dass man sagt, der Neuer spielt noch 3 Jahre auf diesem Niveau.
So, wenn dem so wäre, alles gut, ja. Dann hast du noch einen Kapitän, der für mich nicht null ausstrahlt. Vielleicht ist er in der Kabine Kapitän, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wenn du jetzt einen Umbruch machst, dann musst du den mit umbrechen. Fertig. Five-Konzert in München morgen. Leipzig verliert. Perez wäre ein Traum, da bin ich 100% bei dir. Wenn Neuer ihn aufbauen würde, wären unsere Torwartsorgen vorbei. Aber so wie du sagst, das wird Neuer nicht tun. Er ist zu ehrgeizig. Ja, denke ich halt auch. Was ja auch legitim ist, ja, als Leistungssportler. Alles gut. Aber wenn man, ich weiß nicht, das ist immer so eine zweischneidige Geschichte. Ne? Einerseits kannst du das verstehen, du bist Leistungssportler, du willst spielen. Dafür hast du dich zurückgekämpft nach so einer Verletzung. Du bist der Kapitän, du willst spielen. So. Auf der anderen Seite muss man mal überlegen, was so ein Neuer dem Verein zu verdanken hat und dass der Verein auch einfach mal so, ja, na klar, Manu, wir verlängern den Freitag zu gleichen Konditionen ein Jahr, ist gar kein Problem. Dann kann man vielleicht auch darüber nachdenken, dem Verein vielleicht was zurückzugeben. Weiß noch nicht, wie Fridays vor Bayern abläuft. Halt mich zurück. Hermann Gerland zurück als Trainer. Ja, der Zug ist halt auch abgefahren. Also guck mal, wir sagen doch jetzt, wir müssen aus alten Strukturen ausbrechen. Was wir ja auch schon getan haben, jetzt so Vorstandsebene. Da müssen wir das jetzt auch durchziehen. Ja, und auch nicht wieder anfangen, wieder alte Weggefährten wieder mit einzubinden. Wir müssen jetzt halt einfach einen neuen Weg finden für uns, für den Verein und gut ist. Jan Sommer zurückholen, ja, ganz genau. Ist ja eine Maschine gewesen bei uns. Das ist ein feiner Kerl, das ist das Wichtigste, ne? Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Ja, ein guter, kein feiner. Naja, das ist auch ein bisschen einfach gesagt, außer dich mal so über Müller als Trainer was denkst, was dann intern los ist. Da brennt's nicht nur in der Presse. Ja, wie gesagt, du kannst keinen Spieler aus einer funktionierenden Mannschaft nehmen oder aus einer Mannschaft nehmen, aus einer aktiven und sagen, hier, du bist jetzt der Trainer von dieser Mannschaft. Das geht nicht. Also da musst du wirklich die ganzen Führungsspieler wegschicken. Ich glaube, der Müller ist runter mit seinem Gehalt. Dann denke, Thomas ist so bei 13 Mille. Nee, das halte ich für ein Gerücht. Also wie ich das gelesen hatte, hat man zur gleichen Kondition einfach ein Jahr verlängert. Dasselbe wie bei Manu. Es wäre schön, wenn es so wäre, ja, dann nehme ich alles zurück, aber ja. Ja, aber vielleicht kommt das ja mit dem Eberl, dass wieder ein bisschen mehr Leben in der Bude ist. Thomas Müller ist inzwischen Pferdezüchter und Hasenzüchter. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, so viel wie ein Thomas Müller in seiner Karriere schon verdient hat, es wäre doch wirklich traurig, wenn er sich noch irgendwie Gedanken über irgendwelche Millionen macht, Alter. Machen wir da noch alle Tippspiel für morgen? Ja, ich habe ja das 2:0, was ich getippt habe, schon gesagt. Diesen Gedankenvereinsführung war Alaba so zu dumm, so weit zu denken. Ja. Beim Kloppo hat's geklappt als Spielertrainer. Ich sehe eher, wir bekommen 5:1 auf dem Arsch. Wir werden sehen, ey. Ich sag ja, ich kann mir schon vorstellen, ja, gut, das Problem ist halt, dass Goretzka und Kimmich spielen werden müssen, wahrscheinlich. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass schon Ruck durch diese Mannschaft geht jetzt. Von Jose Mourinho als Bayern-Trainer halte ich gar nichts. Wer Nachfolger werden soll, wie gesagt, der muss einfach zur Strategie des Vereins passen. Dann ist mir das egal, ob der Alonso, Hoeneß, Emery oder Ten Hag oder sonst wie heißt. Ist mir Wurst. Glaubst du grundsätzlich an die Mannschaft? An unsere aktuelle Mannschaft? Auf was bezogen? Auf irgendeinen Erfolg, auf irgendeinen Titel? Nein. Wir hätten Toni mal bei uns behalten sollen, ja, und dann?
Auf was jetzt bezogen? Ich denke, wir haben ohne Toni Kroos genug Erfolge gefeiert in den Jahren, wo er nicht da war, oder? Oder habe ich irgendwie 11 deutsche Meisterschaften verpasst? Saarbrücken hat Bayern besiegt. Ich bin Saarländer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schau nur FC Bayern, Männer und Frauen. Ist doch völlig legitim, Basti. Müsste auch mal reinschauen bei den Frauen eigentlich. Fliegen an diesem Spiel auch wieder Tennisbälle? Nein. Axel. Da das Ganze eingestellt wurde, ja, die DFL nicht mehr daran interessiert ist, einen Investor zu suchen, werden auch keine Tennisbälle mehr fliegen. Knabri lacht sich schon ab, ja, auf jeden Fall. Ey. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Spieler dann wieder mehr laufen würden, sich den Arsch aufreißen würden, wenn sie nach Leistung bezahlt werden würden. Keine Ahnung. Für mich ist das alles surreal, ja. Ich finde, selbst wenn ein Spieler 1 Million verdienen würde, wir reden von 1 Million. Von 1 Mille. Ja. Und so ein Spieler hat vielleicht beim FC Bayern 5, 6, 7 gute Jahre. Sagen wir mal, in seiner ganzen Karriere beim FC Bayern, wenn er jung kommt, würde er 10 Millionen verdienen. Allein das ist schon surreal für so ein Normalo. Ja. Das ist schon wild alles heutzutage. Ich schaue diese Zusammenfassung auf YouTube immer auf Vietnamesisch. Dauert mir zu lang, bis die von der Sportschau und so weiter hochgeladen werden. Okay. Hast du da einen Link oder was? Neuer kann doch 5 Jahre. Ja, aber auf welchem Niveau? Ich meine, auch ein Buffon, ja, hat ja dann irgendwann nicht mehr dieses Niveau gehabt. Klar, immer noch ein gewisses Niveau, aber reicht das dann immer noch für den FC Bayern? Schwierig. 15 Millionen im Jahr, die Jungs bauen sich 15 Luxusvillen im Jahr, ohne Kredit. Ja. Wenn euch die Spielergelder zu hoch sind, dann konsumiert einfach keinen Profifußball mehr. Ja, und dann? Dann fallen die Spielergehälter. Wenn ich jetzt keinen FC Bayern mehr gucke, fallen beim FC Bayern die Spielergehälter, oder was? Ja, ganz bestimmt passiert das. Wen würdest du zum neuen Kapitän machen, wenn Neuer weg ist? Das kommt ja darauf an, wer noch da ist. Oder sagen wir, alle Spieler sind da und nur Neuer ist weg. Dann ist ja Müller Kapitän. Dann müsste Müller auch noch weg sein. Dann wäre Kimmich Kapitän, weil der 3. Kapitän ist. Dann müsste Kimmich noch weg sein. Leon Goretzka ist 4. Kapitän. Der müsste also auch noch weg sein. Dann hätten wir vielleicht mal Ruhe und könnten mal sagen, wir bestimmen einen neuen Kapitän. Wenn ich die freie Wahl hätte, wenn die Spieler alle weg wären, von den Spielern, die aktuell da sind, wäre es für mich ein De Ligt. Ja, ich weiß, Harry Kane, mehr Erfahrung und so weiter. Aber ein Harry Kane wird halt auch nicht mehr die nächsten 3, 4, 5 Jahre da sein. Ja, lass ihn vielleicht 2 Jahre da sein. So. Von daher würde ich so einen jungen Spieler wie ein De Ligt, der Bock hat, der will, ja, der Führung auch übernehmen will, würde ich zum Kapitän machen. Würde den auch noch mal ein bisschen pushen, glaube ich. Und der war schon Kapitän bei Ajax, also er kennt das auch. Also, ja, das wäre meiner. Ach, guck mal, da schreibst du es ja auch, Andreas. Der Licht neuer Kapitän. Real Madrid ist viel cleverer bei Umbrüchen. Es ist immer ein Mix zwischen ganz jungen Spielern und erfahrenen Spielern. Der Erfolg gibt ihnen recht. Ja, es ist ja auch ein guter Weg. Ist ja auch ein guter Weg. Vor allen Dingen, wenn die ganz erfahrenen Spieler das halt auch mittragen, dann ist das natürlich ein perfektes Szenario.
Irgendwie glaube ich noch an die Meisterschaft, Viktor. Dann bist du aber super, wie nennt man's? Das Wort fehlt mir. Es sei dir auf jeden Fall gegönnt. Also ich habe das schon abgeschrieben. Xhaka wäre noch ein toller Spieler. Ja, aber auch Xhaka würde bei uns nicht funktionieren. Ja, in der aktuellen Situation würde der nicht funktionieren, weil er gar nicht diese Führungsrolle, die er in Leverkusen hat zum Beispiel, würde er bei uns gar nicht ausführen dürfen. Weil ein neuer Müller, ich habe es gerade gesagt, Kimmich, Goretzka, die würden das gar nicht zulassen. Der würde bei uns nicht funktionieren, leider. Aber so ein Typ wie Gerland fehlt auf jeden Fall, der hatte echt Ahnung und hat kein Blatt vor den Mund genommen. Ja gut, aber er ist ja auch nicht der Einzige. Also, ist mal ernsthaft. Natürlich fehlt der, man sieht das ja, seitdem Gerland kein Co-Trainer mehr ist bei uns, ist er ja nicht gerade besser geworden. War natürlich ein super wichtiger Mensch. Sportlich wie auch menschlich, glaube ich sogar. Aber ja, wenn wir jetzt vom Umbruch reden, kannst du nicht anfangen, solche Leute zurück. Das ist dasselbe wie in der Nationalmannschaft gerade. Ja? So, das geht halt nicht, das passt nicht. Wenn es jetzt um kurzfristigen Erfolg geht, ja, wird das klar, logisch. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt einen Umbruch machen, dann musst du wegkommen von diesen alten Zöpfen. Punkt. Davis will 12 Millionen und kann keine 10 Millionen mehr mit dem Ball laufen. Ach, keine 10 Meter. Was hältst du von Unai Emery? Ja, dank GB weiß ich ja, dass er der perfekte Trainer für uns ist. Ich kann ihn nicht beurteilen. Ich kann nur das beurteilen, was ich da bei uns im Discord gelesen habe. Wenn das so stimmen sollte, was da steht, ja, dann wäre er sportlich gesehen der perfekte Trainer für uns. Wobei ich nichts dagegen habe, dass Kimmich bleibt und neu als Kapitän beerbt. Ich hätte da was gegen. Das hätte halt auch früher passieren müssen, glaube ich. Warum habe ich da was gegen? Gehen wir da vielleicht mal kurz drauf ein. Erstens verdient mir Kimmich zu viel Geld. Wenn Kimmich sagen würde, yo, ich verzichte auf 5 Millionen meines Gehaltes, kommen wir der Sache näher. Zweitens müsste ein Kimmich damit klarkommen, dass er kein Sechser ist. Ja? Dass er auch nicht diesen Anspruch hat, dort zu spielen. So. Und ich glaube auch, Kimmich würde immer noch er zieht die Verantwortung von allen Spielern weg, so, weißt du? So, alle anderen Spieler müssen nicht in Verantwortung gehen, wenn Kimmich auf dem Feld ist, gefühlt. Ja, nee, würde ich nicht fühlen. Krasses Interview von Jule heute, wirft ein noch schlechteres Bild auf Brazukan. Wieso, was hat er denn gesagt? So, jetzt mal im YouTube-Chat. Krasser Unterschied zum Twitch-Chat. Ja, natürlich ist das ein krasser Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, worauf genau bezogen, aber ja. Tuchel liegt falsch, wenn er glaubt, er könnte jetzt entscheiden, ohne die Zukunft des Vereins im Blick haben. Würde ich mir als Verein nicht gefallen lassen. Naja, wenn dadurch ein Tell und ein Pavlovic spielen, denke ich, ist das ja immer noch die Zukunft des Vereins. Ja, warten wir doch erstmal ab, wie ein Tuchel in Zukunft aufstellen wird. Bald wird Müllers Pferd Bernie als Maskottchen ablösen. Ja, das wäre aber wild. Wenn Bayern einen Umbruch machen will, fängt man im Tor an. Ah, was heißt, fängt man im Tor an? Aber wenn du einen Umbruch machst, dann mach jetzt einen kompletten, Alter. 4-1 für Bayern morgen. Da geht die Post ab. Ich bin gespannt. Müller 13 Millionen. Ihr kennt den Müller nicht. Ja, das ist richtig. Führungsspieler haben wir doch keiner. Harry Kane könnte die Rolle übernehmen, aber dafür ist er noch nicht lange genug da, sonst sehe ich im Moment keinen. Nee, das Problem ist, dass Führungsspieler überhaupt gar nicht die Chance haben, sich zu entwickeln.
Ja, ich denke, De Ligt wäre auch ein Führungsspieler. Also das muss man ja auch nicht irgendwie in Frage stellen, oder? Aber nochmal, solange da diese 4 Patronen sind, ja, unsere 4 Kapitäne, ist kein Platz, dass sich da irgendwie eine andere Struktur oder irgendwie eine andere Führung entwickeln wird. Das ist so das Ding. Gegen Leipzig ist von 13 Uhr bis 0:3 alles drin. Ja, denke ich auch. Deswegen ist es wahrscheinlich ein 2:2. Ach mein Gott, ey, muss ich dich echt hier rausschmeißen oder was? Tschüss. Meine Fresse, Alter. Lieber Kai, Frotzen laut Wikipedia sich leicht abfällig mit zwinkerndem Auge über jemanden lustig machen. Jemand nicht ganz ernst gemeint, leicht abfällig anmachen. Ja, Post. Nehme ich. Ist gekauft. Peter Lünnemann ist dem Club 13 beigetreten. Peter, vielen lieben Dank. Machst du eigentlich nochmal einen Stream mit Unterstützung? Fand ich ganz gut. Sehr wahrscheinlich eher weniger. Es kommt darauf an, wenn es irgendwann wieder so sein sollte, dass nichts los ist, dann vielleicht. Ansonsten gehe ich eher in die Richtung, dass ich sage, ich mache einen Talk und lade den dann hoch. Ja? Weil ich es schwierig finde, wenn man jetzt zu zweit sitzt, sich unterhält, dann noch auf den Chat einzugehen, ja, wenn viel los ist. Das fühle ich nicht, das mag ich nicht. Habe ich aber in mein Feedback-Video auf YouTube, ich weiß nicht, ob du das angeguckt hast. Ansonsten klick da einfach mal rein. Ich habe da Kapitel gemacht, geh einfach mal auf das Thema Stream, da erkläre ich das genau. Will das nicht ausschließen, auf keinen Fall. Kann sehr gut sein, dass das nochmal kommt. Aber solange irgendwie so viel los ist und auch so viel im Verein los ist, dass man so viele Themen hat, ist es super schwierig. Und würde dann dem Ganzen, wie ich mir Streaming vorstelle, nicht gerecht werden. Ne? Was hältst du von Unai Emery, habe ich gerade schon gesagt. Was verdienen eigentlich Funktionäre beim FC Bayern, würde mich sehr interessieren. Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, ey. Ich habe das letzte noch gelesen, was ein Olli, ich meine, Olli hat ja dann auch eine Abfindung. Ich glaube, das waren auch an die 10 Mille, oder? Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall auch ein teurer Spaß, einen Olli und einen Brazzo rauszuwerfen. Ja. Was jetzt so ein Chrissy verdient oder was unser Presi verdient, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das irgendwo nachlesen kann in der Bilanz oder sowas. Aber würde mich auch mal interessieren, hast du recht, Ivan. Der neue Trainer muss das Familiäre wieder reinbringen, dass wir eine Einheit sind. Das haben nur Hitzfeld, Heinkes und teilweise Flick geschafft. Nee, Flick hat das schon sehr gut geschafft. Zumindest auf die Mannschaft bezogen. Auf den Verein bezogen nicht, ja. Da ist er ein bisschen bockig geworden, weil auch er nicht das gekriegt hat, was er wollte irgendwie. Aber ja, du brauchst halt aber nochmal, das kommt ja dann auch von alleine. Ne? Du musst halt wieder einen Trainer haben, der die ganze Mannschaft mitnimmt und nicht nur die ersten 11 Spieler. Ja. Das ist aber so die große Stärke dieser Trainer, die du auch gerade hier aufgezählt hast. So ein Hitzfeld und Heinkes. Ja, da gab's keinen. Da waren auch 20 plus Spieler. Da gab's keinen, der sich nicht gefühlt hat, als wäre er kein Teil davon. Also, das war die große Kunst, die diese Trainer geschaffen haben. Und das Gefühl hat man beim Tuchel leider gar nicht. Die Mädels sind top, lohnt sich zuzuschauen. Ja, vielleicht schaue ich da mal rein, WhatsApp. Ja, da kann ich halt nichts zu sagen, ne? Granit Stone. Ich denke auch, dass morgen doch ein anderes Bayern auf dem Platz stehen wird. Ich bin sehr gespannt, ja. Bin sehr gespannt auf einige Reaktionen mancher Spieler, ob das einen Knoten löst. Und ich bin gespannt, ob Tuchel vorne irgendwas ändern wird. Monis Brotzeit. Wild.
Ja, Rattenhals, anders geht's ja leider auch gar nicht. Also sollte irgendwas anderes passieren, dann nur, dass ein Kimmich nicht auf dem Feld steht und ein Leimer direkt eingesetzt wird. Was sehr fahrlässig wäre von Trainerseite. Wie ich finde, nach 3 Tagen wieder im Training oder 4 Tagen. Von daher wird es sehr wahrscheinlich so kommen, wie du es gerade schreibst. Ja. Lieber Kai, ich finde, du bist ein feiner Kerl. Warum spielst du nicht beim FC Bayern? Weil mein fußballerisches Talent leider nur bis zur Bezirksliga gereicht hat. Okay, wir können das auch ein bisschen schön malen, weil ich dann frühzeitig mit Fußball aufgehört habe, die Interessen mehr ins Gaming und zum Tischtennis gingen. Und als ich dann wieder nochmal ein kleines Comeback hatte für 1,5 Jahre, war das leider auch nur noch Kreisliga. Ich weiß es gar nicht. A oder B oder sowas. Hätte ich natürlich durchgezogen, ich habe natürlich ein mega Talent gehabt, ne? Dann wäre ich wahrscheinlich nicht. Leute. Nee. Paulaner. Nein, Augustiner trinken wir hier nur. Obwohl so ein schönes Paulaner oder ein Erdinger bin ich auch mal für, ja. Aber ansonsten ist hier Augustiner angesagt. Du siehst doch, was Toni bei Real spielt. Es hat alleine bloß durch Toni hat Real 3-mal die Champions League gewonnen. Das glaubst du jetzt wohl selber nicht, was du schreibst, oder? Okay, da ist ein Lachsmiley hinter, okay. Nee, mir geht es ja nicht darum, dass das nach 20 Minuten schon verfügbar ist. Mir geht es ja darum, ob man vielleicht irgendwas davon nehmen könnte. Es wäre jetzt schon ganz geil, wenn ich so in meiner Spielanalyse zumindest die Tore mit einbauen könnte. Aber es geht halt nicht, weil die Bildrechte halt an der DFL hängen und das nicht erlaubt ist und bla und so. Wäre natürlich schon geil, wenn ich sagen könnte, komm, wir gucken uns wenigstens die 3 Tore an, die fallen, und man könnte da ein bisschen was zu sagen. Der Licht ist auch hier so einer. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Und ich war auch... Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Xhaka ist aber so ein Typ, der sich die Führung einfach nimmt. Ja, aber damit wird er ja keinen Erfolg haben bei uns. Was will er denn? Er kommt als neuer Spieler zu uns und was will er dann sagen? Hallo Mannschaft, ich bin jetzt hier der neue Anführer. Was dann passieren würde, dann würde die ganze Mannschaft ein Stück Seife ins Handtuch wickeln und Ruf. Glauben ist was für die Kirche. Nee, Glauben und Kirche hat gar nichts miteinander zu tun. Oder anders, Glauben und Kirche sollte nichts miteinander zu tun haben. Die Kirche nutzt natürlich den Glauben aus. Aber Kirche und Glauben sollte absolut nichts miteinander zu tun haben. Peter Koch, servus. Stell dir vor, Leverkusen verliert heute. Ja, und dann? Erstens müssen wir morgen erstmal gewinnen und dann sind es ja immer noch 5 Punkte. Der Nakadai GB, weiß ich nicht. Der läuft wahrscheinlich gerade blank durch Stuttgart. Ah. Jula hat ziemlich reingehauen. Bratze und Olli sind nur krasse Lügner, wie er es darstellt. Ja, aber auf was bezogen jetzt? Ich finde Turrets Takes auf der PK sehr wild. Ja, waren sie auch. Führung könnte sich ja mal was Neues einfallen lassen und den neuen Trainer auswürfeln. Jede Seite des Würfels hat einen anderen Kopf und der oben landet, der wird es. Und das wäre aber auch wild. Ich finde diese Schlammschlachten im Nachhinein teilweise echt unnötig.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was der Nagelsmann gesagt hat. Ich hatte vorhin nur so ein kleines Dingen gelesen. Zu Toni Kroos und zu Kimmich halt. Sonst habe ich nichts gelesen, was er erzählt hat. Ja, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch Wurst. Nagelsmann, wir haben besprochen, wie wir gemeinsam damit umgehen wollen, wenn ein Worst-Case-Szenario eintritt. Aber dann war doch alles anders. Wenn nach einer Niederlage nicht mehr geredet wird, weiß man, etwas im Argen liegt. In dem Geschäft fehlt es an Offenheit. Das, was nach einer Trennung nach außen kommuniziert wird, hat mit Realität wenig zu tun. Ja, das ist aber klar, oder? Und das ist ja auch das, was ich kritisiert habe. Das war ja auch klar. Überleg mal, du verpflichtest einen jungen Trainer, der keine internationale Erfahrung hat. Du weißt, worauf du dich einlässt. Du zahlst sogar 20 Mille Ablöse für einen Trainer, was bisher keiner jemals für real gehalten hätte. Ja? Und dann machst du so einen Take. Anstatt zu sagen, ja, das ist der Trainer, Leute. Lieber Josua. Aber Josua war ja gar nicht das Problem, war ja wahrscheinlich eher Müller und Neuer. Jungs, das ist euer Trainer. Und wenn ihr damit nicht klarkommt, ja, dann geht ihr halt auf die Tribüne. So. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, wie viel Macht haben diese Spieler? Ja. Letzter Ding. Und dass wir einen Bruchteil von dem erfahren, was wirklich läuft, das sollte klar sein, oder? Das sollte klar sein. Bayern 3-0. Viele unserer gestandenen Spieler brauchen einfach einen Tapetenwechsel. Das zeigen die immer wieder in den Spielen, dass sie einfach was Neues brauchen. Ja, das denke ich halt auch. Ne? Wir müssen ja um Kimmich gar nicht schlecht reden oder sowas. Ich denke auch, ein Tapetenwechsel würde ihm einfach gut tun, genauso wie dem Verein. Dass wir denn alle Freiheiten haben und keine Rücksicht zu nehmen, inhaltlich gehe ich da ein Stück mit, aber die Art und Weise, wie er das gesagt hat, war mir viel zu provokant. Es könnte einen desaströsen Backlash von Teilen der Mannschaft geben. Ja. Die Frage ist, ob die Mannschaft des FCB noch versucht, die Champions League und/oder Deutscher Meister zu werden oder so lange verliert, bis Thomas Tuchel doch noch vor Saisonende gehen muss. Ich denke, die Meisterschaft sind ja auch alle Realisten. Ja? Ich glaube, die wissen auch, dass der Zug eigentlich abgefahren ist. Champions League, wenn man das Spiel gegen Lazio gesehen hat im Hinspiel, weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Ja, das war halt auch schon wild, die Leistung. Ja, das werden wir morgen sehen. Ne? Wie so der eine oder andere Spieler reagiert, ob der jetzt noch trotziger ist und gar keine Leistung mehr bringt oder halt das Gegenteil bewirkt. Wir werden sehen. Aber nochmal, sollte Tuchel jetzt gegen Leverkusen, gegen Leipzig und Freiburg verlieren, wird der rausgeschmissen vom Champions League Spiel. 100%. Nagelsmann, mir wurde damals vorgeworfen, ich sei nach einer Niederlage gegen Bayer Leverkusen nicht erreichbar gewesen. Das stimmte einfach nicht. Ich war von Montag bis Mittwoch ganz normal im Büro am Trainingsgelände an der Sebener Straße, behauptet er. Als einziger übrigens. Tja. Wie gesagt, mir scheißegal. Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt beurteilen, wer da jetzt die Wahrheit sagt oder nicht? Kann ich nicht. Ist mir auch, wie gesagt, ist mir wurscht. Bayern ist das neue PSG, ein Haufen Stars und keine Leistung. Musiala hat ja erwähnt, er würde gerne mehr Verantwortung in der Mannschaft übernehmen. Wenn man die alten Zöpfe abschneidet, wären De Ligt und Musiala doch eine interessante jüngere Führungsachse. Ja, warum nicht? Bei Manuel als Torwarttrainer wäre die erste Lektion das richtige Heben des berühmten Reklamierarms. Ja, okay, das ist ja gang und gäbe heutzutage. Ich schätze, Bayern sollte 8 neue Spieler verpflichten. Ja, Halleluja. Ja, eben. Kann man sehen, wie man will. Man war nicht dabei. Was willst du jetzt? Willst du sagen, der lügt? Das ist...
Da brauchen wir gar nicht, da brauche ich auch keine Meinung zu sagen. Kann ich auch nicht. Weiß ich nicht, ist mir auch scheißegal. Ja. So, alle Parteien sind nicht mehr im Verein und Feierabend. Kommt morgen 2:0 Sieg. Hey, bist auf meiner Wellenlänge, wa? Was wäre dein Wunschtrainer? Ein Trainer, der zur Philosophie des Vereins passt. Echt, fand es gerade gut, dass er das so angesprochen hat. Unsere Oberen lernen es anscheinend nicht anders. Die Spieler haben viel zu viel Macht und verbrennen einen Trainer nach dem anderen. Nicht, dass ich Tuchel frei von Schuld spreche, aber die ganz großen Probleme sah ich jetzt eher nicht bei den letzten Trainern. Ja, aber nochmal, wenn das doch so ist, wie Tuchel es kommuniziert, er das so sieht, warum nimmt er die Spieler nicht raus? Das Argument zu sagen, ich nehme diese Spieler nicht raus, weil sie super verdient sind in den letzten Jahren des Vereins und weil sie 28, 29 sind und weil das mediale Echo so groß wäre, ist einfach kein Argument. Sorry, es ist für mich kein Argument. Es ist auch kein Argument zu sagen, ja, ich muss auch daran denken, wenn ich den Spieler jetzt auf die Bank setze, dann möchte er am Ende der Saison den Verein verlassen. Auch das ist doch kein Argument im Leistungssport. Leute, wir reden über Leistungssport. Leistungssport, das sagt doch schon das Wort. Es geht nach Leistung und nicht danach, ach ja, ist der Spieler dann stinkig, macht er den anderen Spieler stinkig, haben wir eine schlechte Stimmung dann, will der dann nächste Saison den Verein verlassen. Leistungssport, Leute, Leistungssport. Und nicht Tante Emmas Frühstücksladen, Alter. Was ist denn los? Ja, und das beim FC Bayern. Also wirklich, nein. Damit hat er sich bei mir noch mehr ins Ausgeschossen mit solchen Aussagen. Und selbst wenn das seine Philosophie ist, wie er es gesagt hat, in Dortmund, in Paris, in London, spätestens nach einem halben Jahr, was schon super viel Zeit ist, sollte man doch realisieren dann als Trainer, ja, das klappt so nicht. Ja, da hätte man dann realisieren können, das klappt so nicht. Es macht keinen Sinn, an diesen Spielern festzuhalten. Ich muss das vielleicht mal überdenken. Aber nein, er zieht das 11 Monate durch und setzt sich in jeder scheiß PK dahin und sagt, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann mir das auch nicht erklären. Wir arbeiten aber an dem Problem. Und dann, nachdem es heißt, ja, Tuchel wir trennen uns zum Ende der Saison. Ja, das. Leute, lächerlich. Sorry. Passt nicht. Ich wäre der neue Kimmich geworden. Nee. Weil ich hätte defensive Zweikämpfe geführt. Und ich hätte den Bochumer, den hätte ich sowas von runtergezogen. Nee. Nein. Hier gibt's keinen Kaiser. Es gibt nur einen Kaiser, und das ist Kaiser Franz, Alter. Tuchel trifft auf jeden Fall die wenigste Schuld. Nee, auf gar keinen Fall. Tuchel trifft die Hauptschuld. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Er ist der Trainer, er ist in der Verantwortung. Punkt. Welches Argument gibt's? Ich würde es ja verstehen, wenn man sagen würde, man hat keine anderen Spieler, man muss diese Spieler aufstellen. Würde ich 100% mitgehen. Ja, gar keine Frage. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir haben alle die Spiele gesehen ohne Kimmich, wenn Pavlovic gespielt hat. Er hatte jede Zeit die Option. Er hatte auch jede Zeit die Option zu sagen, Josua, bitte, du spielst jetzt rechter Verteidiger und wir machen da nicht einen Leimer hin, der als rechter Verteidiger eine Gurke ist, sondern wir können den auf die 8 stellen und brauchen da nicht den Grotten-Goretzka auf dem Platz stehen zu haben. So, das nächste mit dem Tell. Ja, man kann Tell für einen Coman bringen, man kann Tell für einen Sané bringen. Ja, man kann Tell auch für Musiala bringen. Ich denke, ein Tell ist ein gelernter Mittelstürmer, der kann auch mittig was machen. Man hätte einen Kretzig bringen können, der ein super Auftreten hatte, der sich auch nicht gescheut hat oder zurückgekuscht hat, der Anweisungen gegeben hat auf dem Feld, der sich jedes Mal reingeschmissen hat, sich den Arsch aufgerissen hat. Auch den hat man komplett ignoriert und hat ihn dann weggegeben. Man hat einen Stanisic abgegeben, der dich dann gegen Leverkusen gefickt hat. Zu Recht, ja, hat man weggegeben, weil man ihn nicht braucht, ihn nicht will. Man degradiert ein Delicht, weil ihm die Nase nicht passt. Und jetzt kommst du hier in den Chat rein und erzählst mir,
Tuchel trifft die wenigste Schuld. Alto Betty. Also, Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. dann nehmen wir mal die Argumente, die ich dir gerade vorgetragen habe. Da bin ich sehr gespannt auf diese Antwort. Alto Betty. Krieg ich schon wieder Puls. Ich glaube, dass sie dann bei uns Trainer wird, er würde sicher nach Leistung aufstellen. Das weiß ich nicht. Was genau hat der Standardtrainer bewegt, den Tuchel unbedingt wollte? Dass Kimmich weiter in jede Ecke schießt. Ja, auch noch so ein Thema. Können wir auch noch auf den Tuchel münzen. Ich glaube auch nicht, dass das von irgendeinem aus dem Verein kommt, der sagt, hör mal, der Josua, der muss aber jede Ecke schießen. Und jeden Freistoß. Wie haben sich denn damals Franck Ribéry und Arjen Robben verstanden? Waren die nicht Rivalen? Ich glaube, der Ribéry hat den Arjen mal ins Gesicht geschlagen und danach waren sie beste Freunde. Bei dir gibt es nur Berliner Kindle. Ja, als Berliner ist das erlaubt. What's up? Schönen Abend wünsche ich dir auch noch. Selbstgemachten Auflauf und eine Säge widmen. Viel Spaß. Guten Hunger. Es riecht nach Meisterschaft. Man kann es diese Saison perfekt sehen. Modric spielt kaum noch, Groß arbeitet viel nach hinten und denkt tatsächlich noch das Spiel, aber nach München holen auf keinen Fall. Okay. Ganz genau, Van Weder. Bei City gab es doch einen Spielertrainer, der kleine Italiener, wie hieß er nochmal? Irgendeiner weiß es bestimmt. Ich komme auch nicht drauf. Aber was ist denn mit Frank Lampard? War der nicht auch mal Spielertrainer? Für ein paar Spiele? Weiß es nicht. Nee, das werden wir den GB auch nicht verzeihen, Anbu. Das ist so in die Steintafel gemeißelt, wie das Kimmich immer spielt. Ein YouTuber hat dir ein wunderschönes Kompliment gemacht. Dem kann ich nur zu 100% zustimmen. Du hast 80 Minuten ohne Blatt Papier einen wunderschönen Monolog gehalten. Jede Montagstherapie machst du genial und FFB ist genial. Bist du für mich der beste Bayern-Fan? Auch von mir ein Danke, wie dieser YouTuber bisher dich. Der YouTuber hat mir denn ein Kompliment gemacht. Ein YouTuber hat dir ein Kompliment gemacht. Kann ich mir darauf was einbilden oder was? Ach ja. Bin mal auf die erste PK von Eberl gespannt. Ja gut, ich denke mal, bei der ersten PK werden wir die gleichen Aussagen, die Standardaussagen hören wie immer. Aber ich denke mal, so nach ein paar Wochen werden wir ein bisschen mehr sehen, denke ich. Meine Aufstellung morgen. Ulreich. Alter. Sehr gut. Dyer, De Ligt, Aguero, Pavlo, Leimer, Tell, Musiala und 3 weitere Youngster. Ja, wird natürlich nicht passieren. Warum wird Gnabry eigentlich so schlecht geredet? Hatte letzte Saison 21 Scorer-Points geholt. Diese Saison hat halt wegen der Verletzung nur 5 Spiele gemacht. Ja, der Gnabry wird genau deshalb so schlecht geredet, wie der FC Bayern so super stark geredet wurde für seine ach so starke Hinserie und der beste Zweite der Bundesliga-Geschichte. Das ändert nichts daran, dass der Fußball grottig war und es ändert auch nichts daran, dass ein Gnabry 21 Scorerpunkte hat, dass seine Leistungen grottig waren. Punkt. Das Einzige, was ein Gnabry gerettet hat letzte Saison, war, dass eben so Saison-Endspurt er derjenige war, der die Hütten gemacht hat. Die Leistungen waren trotzdem grottig. Ja, aber das hat ihn gerettet, sonst hätte man ihn wahrscheinlich schon zur neuen Saison abgegeben. Und Statistiken ist das eine, ja, wie wir diese Saison, denke ich, alle gelernt haben. Ja. Aber man kann natürlich auch einen Gnabry als gut sehen. Das muss ja jeder für sich beurteilen. Ja. Guck den Sané an. Ich weiß nicht, wie viele Scorerpunkte hat er bisher dieses Jahr. Wahrscheinlich sogar schon mehr wie 21, oder? Nichtsdestotrotz denke ich, mehr wie 10, 12, 13 gute Spiele waren es nicht. Danach war Totalausfall. Oder ist Totalausfall.
Nee, geht auf keinen Fall, die Tore zu zeigen. Ja, ist richtig. Ja, bekommst du Post von der DFL. Ja. Naja, das ist halt so leider. Leider ist das so. Ist ja auch noch nicht genug, dass wir, um alle Spiele zu sehen, irgendwie 80 € im Monat zahlen müssen. Ne? Dann hast du ja noch niemals das Recht, nachdem das Spiel gelaufen ist, die Tore irgendwo darzustellen und deine Meinung zu sagen. Ja. Wir leben schon in wilden Zeiten, oder? Was mir am meisten neben den sonstigen Dingen in den letzten Jahren gefehlt hat, dass sich die Führung auch mal in Pressekonferenzen setzt und zu bestimmten Dingen Rede und Antwort. Nicht nur der Coach. Ja, John, gehe ich voll mit dir. 100%. Mannschaftsrat sage ich nur Neuer, Müller, Kimmich, Goretzka. Die Spieler haben sehr viel Macht, ja. Servus, Yasin. Heute wieder Davis-Nachrichten von Pletti. Was sagst du zu dem möglichen Abgang? Wäre Hernandez von Mailand ein guter Ersatz? Ja, zum möglichen Abgang sage ich, Ponsi, Tschüssi, war schön, dich spielen zu sehen. Hau rein. Ob Hernandez ein guter Ersatz wäre, denke ich, hängt da auch vom neuen Trainer ab. Ne? Ich komme mir gerade vor, als wären wir Schalke, ohne Witz. Seid ihr gegönnt? Jetzt zeigt sich, ob die Mannschaft Charakter hat. Fragezeichen. Ich denke, da hatte die Mannschaft diese Saison schon viele, viele Möglichkeiten zu. Müsst ihr für euch selber beantworten, ob ihr denkt, dass sie die genutzt hat. Ich finde, Davis spielt super Fußball, er sollte bleiben. Ja, diese Saison hat er leider keinen guten Fußball gespielt bisher. Dass er super viel Potenzial hat, gar keine Frage. Ja, aber nochmal, es geht halt ums Gehaltsgefüge und da müssen wir mal einen Gang runterschalten. Und wenn dem Fonsi dann einfach, was weiß ich, was wir ihm bieten gerade, nicht reicht, ja, dann muss man sich halt trennen. Mein Gott. Ist jetzt nicht so, dass es der Überspieler ist, der, wenn er weggeht, gerade diese Saison, diese Leistung, dass man da weinen muss und sagen muss, ach du Scheiße, jetzt sind wir aber 2 Stufen schlechter als Mannschaft. Also von daher, alles gut. Ist natürlich ein super starker Spieler und wenn er den nächsten Schritt macht bei Real, wird das eine absolute Kanone werden. Ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber nochmal, irgendwo muss mal eine Grenze sein. Das denke ich auch, Antagon. Wäre viel geholfen, wenn der Gnabry-Kimmich-Goretzka-Block aufgebrochen wird. Ja, das denke ich auch. Heinkes muss zurück, ja. Ich habe damals fast alle Vor- und Nachspiele-Berichte von Jupp Heynckes mir durchgelesen und seit einem Jahr auch fast alle Tuchel-Vor- und Nachspielberichte. Jupp Heynckes klang nie aufgeberisch in den Kommentaren und hatte immer einen ABC-Plan. Bei Tuchel sehe ich nicht mal einen Plan A. Tuchel macht immer einen auf, naja, dann ist das dann so. Ja, sehe ich ganz genauso. Und Thema abgeschlossen. Unter Heynckes hätte sich keiner so ergeben in den Spielen. Ja, vielleicht einmal. Ja, dann hätte es aber auch, ja, der Jupp war oder ist natürlich super familiär, gerade in so seiner letzten Zeit, wo er schon älter war, so der Papa-mäßig, aber ich glaube, wenn es nicht läuft, ist der Jupp auch einer, der da klar anspricht. Es braucht einen Trainer, wo weiß, wie Bayern funktioniert. Ja, das weiß Bayern ja gerade selber nicht. Weil diese Spieler zu viel Macht haben, nicht nur im Verein, sondern auch in der Kabine. Wenn du so Spieler hast, welche diesen Charakter haben und eine Vereinsführung, bei welcher es nicht nach Leistungssport geht, siehst du an den Gehältern, dann kannst du das eben nicht. Natürlich kannst du das. Du bist ja der Mann an der Front. Du kannst doch sagen, User, setz dich mal auf die Bank. Wo ist das Problem? Wenn das jetzt darauf bezogen war, viel Welt. Tuchel hat in der heutigen PK für mich gezeigt, wie egal ihm der FCB ist. Ja, aber man hat ja eh nie das Gefühl gehabt, dass er jetzt so super sich mit dem Verein identifiziert. Roger Schmidt, Mourinho, Zidane, Alonso, Flick, Klopp oder irgendeine Bayern-Spieler von früher, wer soll es sonst sein? I don't know.
Hast vielleicht den Hoeneß noch vergessen. Richtig, sollte so sein mit der Leistungspolitik. Offensichtlich mit gewissen Persönlichkeiten im Verein nicht möglich. Hat doch Van Gaal vor einem Jahrzehnt schon bemängelt. Ja, aber wie gesagt, der Trainer ist dann in der Verantwortliche. Und ja. Glaubst du, Alonso kommt zur nächsten Saison oder eher ein anderer? Boah, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, inwieweit Alonso halt, ich habe es ja schon öfter gesagt, gerne diese Mannschaft zusammenhalten möchte und nächstes Jahr Champions League spielen will. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie er tickt, was das anbelangt. Aber ja, die Sache ist natürlich, wird er, wenn er jetzt noch ein Jahr in Leverkusen bleibt, dann nochmal die Chance haben, in den nächsten Jahren zum FC Bayern oder zum FC Liverpool zu kommen? Wahrscheinlich nicht. Schwer zu sagen. Chico, ich lasse mal das eine Wort weg, das fühle ich nämlich gar nicht. In dieser Gesellschaft darf man nicht mehr Nein sagen. Ich habe noch gelernt, Nein ist Nein. Tuchel kann nicht Nein sagen. Ich glaube schon, dass Tuchel Nein sagen kann. Sagt er ja zu Thomas Müller. Oder zu Thomas Müller konnte er ja auch Nein sagen. Wie gesagt, ich hab diese Aussagen teilweise nicht gerafft, warum er die so getroffen hat. Oder warum das seine Philosophie so ist. Ich stelle nicht nach Leistung auf, sondern nach 20.000 anderen Kriterien. Keine Ahnung. Sollte nicht darum gehen, Leverkusen zu besiegen. Es geht darum, die Liga und Europa zu besiegen. Okay. Aber wenn Tuchel so denkt, an Spieler festzuhalten, die lange im Verein sind und einen gewissen Status hat, finde ich, hat Müller nicht oft genug gespielt, oder sehe ich das falsch? Ja, das ist ja was mich auch so verwirrt. Das ist ja, was mich so verwirrt. Ne? Bei dem Spieler macht er das anders und bei den anderen Spielern auch anders. Aber das ist dann sein Argument. Das passt dann zu dem Teil der Spieler, aber nicht zu dem Teil der Spieler. Also ich weiß es nicht. Vielleicht war Müller oder hat Müller für sich schon beschlossen, so, ja, ist okay. Ich gehe so ins zweite Glied, ich mache so den Teilzeittyp oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann Tuchel aber auch einfach mit Müller und die haben das klar ausgesprochen oder was und mit dem Kimmich kann er nicht und deswegen keine Kommunikation und ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Der Trainer ist immer die ärmste Sau. Ja, ist richtig. Aber er ist auch der die Verantwortung trägt. Es ist halt einfach so. Ja, das ist richtig. Dass Pavlovic Ecken treten kann oder auf Freistöße haben wir schon alle gesehen. Ja. Die Spieler haben zu viel Macht. Die haben sie mittlerweile auch bei uns. Ja. Guter Trainer muss mit dem klarkommen, was er hat. Du kannst mir nicht sagen, dass der ganze Kader scheiße ist und nichts reißt. Das ist richtig. Ja. Also ich denke, es ist auf jeden Fall mehr drin mit diesem Kader, als wie es aktuell dasteht. Ja, ja, die Spieler haben zu viel Geld, da brauchen wir nicht drüber reden. Ey. Ist immer kostengünstiger, den Trainer zu entlassen, als die ganze Mannschaft. Ja. Die Argumente geben wir dir doch die ganze Zeit, weil er nicht durfte. Die Spieler haben zu viel Macht und die Führung hinter sich. Du hast keine Chance. Ja, aber was passiert denn dann? Ich verstehe, den Take verstehe ich ja. Aber was passiert denn dann? Was passiert dann? Wenn Tuchel die Spieler rausgenommen hätte, hätte 3 Spiele in Folge verloren, was wäre dann passiert? Man hätte den Tuchel entlassen. Tuchel hat an den Spielern festgehalten. Wir haben Grottenfußball gesehen. Er hat 3 Spiele in Folge verloren. Was ist passiert? So, vielleicht hätten wir diese 3 Spiele in Folge gar nicht verloren. Vielleicht wären wir gar nicht aus dem Pokal ausgeschieden. Vielleicht hätten wir gar keine 8 Punkte Rückstand. Hätte Fahrradkette, wa? Also es wäre ja nicht anders gelaufen. Und trotzdem nochmal, es ist ja ein Armutszeugnis, wenn ich als Trainer zum Verein gehe und sage,
Ja, also, wir lassen mal alles, wie es ist. Alles, was Talent hat und unter 20 ist, bitte auf die Seite. Gravenberg, ach, du bist 20, ne? Du bist ein Achter? Nee, ich sehe dich nicht als Achter, du bist ein Zehner. Geh mal nach Liverpool. Stanisic, du bist ja 21. Nee, komm, geh mal nach Leverkusen. Leute, jetzt mal ernsthaft. Wir reden über Leistungssport, Feierabend. Das sind für mich alles keine Argumente. Und wenn der Uli zu dir kommt und sagt, du musst den Kimmich aufstellen, weil er eine Stammplatzgarantie hat und das sonst pro Spiel 1 Million kostet, ja, da musst du drauf scheißen. Fertig. Ja, dann soll der Verein nicht rauswerfen. Unter Flick und Nagelsmann war es doch auch nicht anders. Flick, zweite Runde raus im DFB-Pokal und Viertelfinale in der Champions League war Ausschluss. Ja, deswegen haben wir unter Flick dann auch 6 Titel in einer Saison geholt. Nagelsmann, DFB-Pokal 0:5 bei Gladbach und Champions League gegen Villarreal raus. Sehe keinen großen Unterschied zu Tuchel. Allein der Fußball unter Nagelsmann und der Fußball unter Tuchel ist doch ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Das muss man doch sehen, oder nicht? Wenn du das auf die sportlichen Erfolge hier runterbrichst zwischen beiden, dann hast du recht, ja. Dann kannst du aber auch noch pro Nagelsmann argumentieren, dass er noch in allen 3 Wettbewerben drin war, wo Tuchel das übernommen hat. Und dass Tuchel nur aufgrund, dass Dortmund sich in die Hose geschissen hat, wir deutscher Meister geworden sind. Als Real Madrid-Fan kann ich sagen, dass auch Zinedine seine Lieblinge hat und zumindest den Jugendspielern nicht unbedingt sehr viele Chancen gibt. Ja gut, dass jeder Trainer irgendwo seine Lieblinge hat, ist ja ganz normal. Ja, also ich denke mal, da kann sich kein Trainer von freisprechen. Dass er aber Jugendspieler nicht unbedingt sehr viele Chancen gibt, hört sich nicht gut an. Admiral. Wenn dem so ist, ja, dann bitte kein Zinedine bei uns. Wenn man ernsthaft wieder mehr in Richtung Ballbesitzfußball gehen wollte, dann ist der Kader leider völlig fehlbesetzt. Das reicht vielleicht für 6 Monate Balljagd à la Nagelsmann, mehr leider nicht. Weiß ich nicht. Es fehlt halt der spielerische Sechser, ja, da gehe ich mit. Ja, so ein Thiago oder sowas würde uns natürlich richtig gut tun. Ja, das stimmt schon. Aber es ist ja nicht der erste gute Trainer, der mit dieser Mannschaft reinscheißt, oder? Das ist richtig, aber darum geht's doch nicht. Ändert doch nichts daran, dass man jetzt nicht sagen kann, man kann Tuchel jetzt außer Verantwortung nehmen, oder was? Natürlich ist er nicht der erste gute Trainer, der reinscheißt. Aber was ist das für ein Argument? Und wenn, dann musst du jeden Trainer für sich nehmen und beurteilen. Oder jede Situation für sich nehmen. Ja. Es sind doch jetzt auch schon ganz andere Personen in der Führung da. Das ist ja kein Argument. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leverkusen ein paar Spiele verlieren wird. Ich glaube tatsächlich, dass das mit den Ecken in Kimmichs Vertrag verankert ist. Ja, ich meine, er hat den selber ausgehandelt gegen Olli und Brazzo. Ich kann mir da auch einiges vorstellen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ey. Zola war Spielertrainer. Ah, okay. Ich bin auch ein Berliner und auch rot-weiß. Es gibt viele rot-weiße Berliner, ne? Flick ist ein guter Laune-Onkel, sonst nichts. Anmo, da sind wir echt mal bei einem Thema, aber zu 1000% einer Meinung, oder? Geil. Welchen Neuzugangsspieler hättest du persönlich am liebsten im Sommer? Weiß ich nicht, Leute. Da ist mein Horizont nicht weit genug für. Also wenn, könnte ich ja nur auf die Bundesliga gucken. Also wenn es darum geht, was finanziell gut oder sinnig ist, würde ich den Gurasi von Stuttgart holen. Ich würde einen Tar von Leverkusen holen. Wenn es ums Fußballerische geht, musst du alles dran setzen, Florian Wirtz zu verpflichten.
Falls Dyer geht, würde ich Tar holen. Ja, guck mal, da steht es sogar. Dass ein Dyer geht, man weiß ja nie, ob das stimmt, was man so liest, aber angeblich verlängert sich der Vertrag ja automatisch bei einer gewissen Anzahl Spiele und ich denke, die wird er schon erreicht haben. Gnabry ist ein super Spieler. Und Gnabry ist was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Lieber Kai, du bist ein netter Kerl und Künstler. Kritik ist vor allem eine Gabe, eine Sache des Takts. Sie kann nicht gelehrt gezeigt werden. Sie ist eine Kunst. Wow, dann bin ich aber ein richtiger Künstler. Triggerwarnung, wie wäre denn der Bierhoff als... Ja. Wenn ich könnte, Black Screen jetzt. Behältst du die Uhr im Auge? Ja. Black Screen. Anbu. Ich wusste nicht, was folgt auf die Triggerwarnung, aber das ist, ja. Aber ich bin ja gleich auch unten angekommen. Passt doch. Bierhoff, Alter. Oliver Bierhoff, ey. Hör mir auf. Ja. Den Löw und den Flick als Co-Trainer wieder, oder? Dann läuft's. Aber ich muss trotzdem eine Lanze für ein paar Spieler brechen. Man kann nicht erwarten, dass jedes Spiel Top-Leistung abgerufen wird. Es sind auch nur Menschen. Und jeder hat mal einen schlechten Tag. Jengs, da hast du vollkommen recht. Wenn wir aber über eine Spanne von 2 Jahren reden, wenn wir mal auf diese Top-Spieler wie Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka eingehen, denke ich, kann man diese leider nicht mehr in Schutz nehmen. Für die Nationalmannschaft ist es gut, dass Gnabry und Goretzka kein Land mehr sehen. Ohne die ist die Chance deutlich höher bei der Heim-EM. Ja, die werden wahrscheinlich auch gar nicht erst eingeladen. Also der Nagelsmann wird sich ja lächerlich machen. Ja. Also das denke ich, das sollte klar sein. Das Triple 2020 mit Flick muss man auch, um ehrlich zu sein, aus einem ganz anderen Blickwinkel als das, ja, gebe ich dir 100%ig recht. Ron hat da viele Vereine gebeutelt und speziell uns viele Möglichkeiten gegeben. Ja, 100% true. Ja, gehe ich 100% mit. Ich denke, auch ein großer Vorteil war, dass wir in Deutschland oder in der Bundesliga so professionell und zügig und geradlinig damit umgegangen sind. Ja, was auch so das Training dann anbelangte und so. Ja, das war ein Riesenvorteil, definitiv. Kommen wir vor, als würden wir 15. oder 16. in der Tabelle sein, so kommt mir das vor. Was willst du jetzt damit sagen? Und wenn dir das hier zu kritisch ist, musst du dir das ja nicht anhören. Das ist ja völlig legitim. Wir reden ja nicht um den Tabellenplatz oder wir reden halt einfach, dass wir seit 11 Monaten keine Entwicklung haben und der Fußball scheiße ist. Ja. Nochmal, es gibt verschiedene Ansichten. Ja, es gibt denjenigen, vielleicht wie du bist, der sagt, oh ja, wir sind Tabellenzweiter mit nur 8 Punkten Rückstand. Der beste Tabellenzweite seit, was weiß ich, anno 1950. Völlig okay, habe ich persönlich gar kein Problem mit. Wenn einem nur das Ergebnis wichtig ist, völlig fein. 100%. Ja. Wenn einem das nicht reicht, dann ist man da, wo wir hier gerade sind. Und wenn du dir unseren Fußball anguckst, dann ist wahrscheinlich der Fußball von Tabellen 15. oder 16. manchmal sogar besser. Nee. Hast du das Video gesehen? BVB-PK, Terzic-Stiche gegen Kimmich und Goretzka. Was, hat der Terzic endlich mal seine Eier gefunden oder was? Was sagt er denn? Die habe ich natürlich nicht gesehen. Warum sollte ich ein BVB-PK-Video sehen? Es gab auch Zeiten, wo Jupp sehr hart war. Ja, na klar gab's die. Aber diese Generation wie Jupp waren auch aus anderen Holz geschnitzt. Oder hättest du solche PK wie von Tuchel von Jupp gehört? Natürlich hättest du das nicht gehört. Die Jupp hätte sich auch gar nicht das gefallen lassen, dass 3 PKs hintereinander die Frage kommt, warum Thomas Müller nicht spielt. Der Jupp hätte da einmal was zu gesagt, dann wäre Ruhe gewesen. Ja? Das war auch eine ganz andere Zeit, natürlich. Ich glaube, dass Alonso 2025 zu Real Madrid geht. Ja, ist doch schön. Ich denke, die Trainersuche wird komplizierter, als man denkt. Zidane-Fußball war jetzt auch nicht unbedingt ein Augenschmaus. Ja, aber es gibt ja nicht nur Zinedine Zidane und Alonso. Also, Leute.
Tuchel hat doch gesagt, dass er ehemaliger Werder-Fan ist, deswegen wohl doch ein trojanisches Pferd. Lemke. Ja, ist richtig. So. Ist richtig, hat er gesagt. Den einzigen Spieler, den wir irgendwie nie loskriegen und keiner weiß, wieso er so einen langen Vertrag bekommen hat, unser Weltspieler Bunazar. Aber wie willst du den auch loswerden? Das ist ja dasselbe Problem wie mit dem Gnabry, nur noch auf einem anderen Level. Ja. So, wer möchte denn für die Qualität eines Bunazars das Gehalt zahlen, was er hat? Dasselbe Problem ist wir beim Gnabry haben. Es sei denn irgendwie, Arsenal ist noch immer so verblendet, wie sie beim Gnabry schon immer waren. Das ist halt so. Für mich gibt es nach aktuellem Stand genau 4 unverkäufliche Spieler. Musiala, Pavlovic, De Ligt und Tell. Ja, gehe ich mit. Die sollte man nicht verkaufen. Ja, ich denke, einen Harry Kane sollte man auch nicht verkaufen. Ohne den wird es ganz wild. Ja, zu unseren beiden Neuzugängen kann man noch nicht viel sagen. Aber ich denke, ja, der Rest ist wirklich, kann man über gewisse Sachen reden, wa? Ja, natürlich war die Generation eine andere. Ja, wobei Jupp ja nochmal eine ganz andere Generation war und dann trotzdem nochmal eine viel, viel jüngere Generation ja super im Griff hatte. Ja, wenn du jetzt mal das vergleichst, die Generation Schweini und sowas, ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Trainer ist die ärmste Sau, war früher wahr. Bei allem Respekt, Tuchel moniert über ein halbes Jahr. Ein Tell, der jedes Spiel genial spielt, straft er ab, dass er nicht in die Startelf darf. Nach Red Bull hat er noch die rassistischen Beleidigungen als Entschuldigung benutzt. Wieder Take. Tell spielt kein Spiel mehr, weil sein Freund Schupo alle Spiele spielt. Sollte Schupo morgen spielen, sage ich, wir verlieren 3:1. Wenn Schupo morgen spielt, dann weiß ich auch nicht. Nee, die Spieler haben im Moment auch keinen Spaß an dem Fußball, weil ich auch glaube, dass Tuchel sie mit Taktik zerschlägt, was er ja vor dem Bochum-Spiel auch in gewissem Maße zugegeben hat, indem er gesagt hatte, wir werden jetzt vorm Abschlusstraining nicht mehr auf Taktik eingehen, sondern die Jungs einfach spielen lassen. Ja. Ganz Deutschland hat sich über den Nagelsmann-Rauswurf gewundert. Die Kritik war von Bayern-Seite viel zu hart, vor allem, wenn man das jetzt sieht. Ja, aber die Bayern-Fans, zumindest die sich ein bisschen mit Bayern beschäftigen, waren doch genauso verwundert. Weiß ehrlich gesagt nicht, was du in der jeweils zweiten Saison von Flick und Nagelsmann so viel besser fandest als bei Tuchel. War doch gleich grausam anzuschauen. Nee, finde ich nicht, dass es gleich grausam anzuschauen war. Aber es ist ja Geschmackssache. Wir können uns darauf einigen, dass es defensiv gleich grausam anzuschauen war. Da stimme ich zu. Aber offensiv ist ja unter Tuchel gar nichts. Null. Also ich sehe unter Tuchel in der Offensivabteilung keinerlei Spielidee. Absolut gar nichts. Null. Rein auf Einzelaktionen ausgelegt. Ich finde, Leverkusen wird auch ein bisschen sehr positiv gesehen. Ich glaube, hätte Bayern dieselben Spiele wie Bayer gegen... Was? Verstehe ich nicht. Nagelsmann hat es wohl kapiert und setzt Kimmich auf die FV-Position. Er setzt ihn dahin, weil er keinen anderen hat.
Terzic hat nicht geschieden, er hat nur gesagt, dass Kimmich und Goretzka auch ihre Probleme haben und nicht nur der BVB. Ja, hat er ja auch recht mit. Wenn man die Wahrheit spricht, hat das ja nichts mit Sticheln zu tun. Moin Kenner, 3 Stunden Livestream, echt ein Stück. Jetzt mal sehen, was morgen rumkommt bei Aufstellung und Spiel gegen Leipzig. Ich mache jetzt auch gleich Feierabend. Ich bin jetzt gleich unten angekommen, dann ist Feierabend, Leute. Mir jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das kann ich schon mal sagen. Müller ist sich auf Schalke. Hör mir auf. Woran man erkennt, dass eine Mannschaft Heimspiel hat, ist, dass die Mannschaft, wie du schon sagst, vorne steht. Also links steht. Wenn Schuppo morgen spielt, hat Tour seine Entlassung nicht verstanden. Oder vielleicht hat er sie dann erst recht verstanden. Kimmich wird auf jeden Fall spielen, weil es alternativlos ist, weil wir keinerlei Rechtsverteidiger im Team haben und Upamecano gesperrt ist. Also da kommen wir nicht drum herum. Anmo, hau rein, war schön, hast wieder ein paar gute Impacts geliefert hier. Wie sieht die Prognose für Müller aus in deiner Sicht? Wenn Tuchel aufstellt, wie er jetzt möchte und ihm alles scheißegal ist, denke ich, wird Müller nicht mehr spielen. Jupp ist aber auch erst im hohen Alter zu dem geworden, der ist auch schon mal gescheitert in jungen Jahren bei Bayern. Ja, er ist bei Bayern nicht gescheitert. Das ist ein bisschen schwierig. Ich denke, er ist auf Schalke gescheitert, aber das war auch nicht mehr in jungen Jahren. Aber na klar hat der Jupp sich entwickelt. Ja, gar keine Frage. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Natürlich braucht es ein gewisses Alter. Man braucht halt auch Erfahrung, ja. Aber das ist auch ein bisschen typbezogen, denke ich. Ne? Es kommt auch immer ein bisschen auf den Typ drauf an. Thorsten, das freut mich zu lesen. Ja, wünschen wir uns alle ein gutes Spiel morgen und obwohl ich wünsche uns eigentlich kein gutes Spiel, sagen wir wünschen uns morgen einfach mal ein gutes Ergebnis. Ja? Nehmen wir einfach mal das, damit wenigstens die Champions League Quali safe ist. Weil sonst könnte es echt nochmal tricky werden. Also von daher würde ich sagen, wir scheißen morgen mal aufs gute Spiel und nehmen einfach einen Sieg mit. Mal entgegen meiner sonstigen Meinung. Ach, herrlich. Guck mal, kann ich doch zum Ende hin nochmal einen bannen? Hier ist doch schön, oder? Leute, ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Ja, habt ein schönes Wochenende. Hoffentlich morgen erfolgreich und vielleicht mit ein bisschen Glück auch ein schönes Spiel. Und ich denke, wir werden die kommenden Wochen eine Menge Gesprächsthemen noch haben, Leute. In diesem Sinne. Rot-weiße Grüße. Haut rein. Bis morgen. Danke, dass ihr da wart. Ciao. Genau, Schau von Amara und vielen lieben Dank an Thomas und alle anderen, die hier noch reingesubbt haben und ihre Mitgliedschaft auf YouTube verlängert haben. Vielen lieben Dank dafür.